Bonjour, mon amour, guten Tag. Wir sind ASMR Servola. Yes, sir. Und Ricky, wenn ich doch ein bisschen keine Ahnung habe, was ich als Intro sagen, würde ich dich doch gerade mal fragen, wer sitzt da eigentlich links von mir auf dem Bänkchen? Wir haben da einen sehr, sehr guten Musiker, Produzent, Drummer auch noch. Ich finde es gut, dass du Drummer und Musiker trennst. Ja. Wie ist der Joke gegangen mit wer Vocalist. hängt mit der Musik rum? Ja. Multi-Instrumentalist. Warte mal schauen. Der Gitarrist, Sänger von Atropas, City of Pillars. Was hast du noch gemacht? Ich spiele D&D. D&D? Dungeon yeah. Master? Yes. Damn! D&D Dungeon Master. Und allgemein geiler Sieg, der Mahmoud Katan. Und Producer bei Mammoth Audio. Ah. By the way, das ist eben jetzt immer noch nicht die Folge, Cheers. wo wir gesagt haben, das wäre die Folge, weil wir haben vor 3 Wochen eine Folge aufgenommen, wo wir gemeint haben, kommt jetzt raus. Oder kommt es jetzt gleich die Folge zuerst? Ich weiß auch nicht, wie Reihenfolge gemacht. Ich glaube, die kommt nachher. Also die wir jetzt aufnehmen, kommt nachher wie die wir... Ich glaube es. Das heisst, es würde stimmen. Ich glaube schon. Okay, ich komme selber nicht mehr raus, auf jeden Fall. Kann nicht. Das ist jetzt nicht die Folge, wo wir schon lange davor reden, das ist eine andere Folge, aber die wird sicher auch gut. Ja. Hey, danke für das liebe Intro. Ja, Mann. Und merci für die Einladung. Ja, danke, bist du gekommen. Ja, natürlich. Das ist mega lässig. Der Ricky hat so lange mal geschrieben, so, wir müssen Mahmoud mal im Podcast haben. Und ich so, ja. Yay! Ja. Dann haben wir es wieder vergessen für ein halbes Jahr. Mhm. Und dann habe ich es mir irgendwann einmal aufgeschrieben und dann so, jetzt müssen wir es durchziehen. Ja, voll. Nice. Ich meine, wir haben beide mit dem Mahmoud zu tun gehabt. Du beim Singen. Ja. Und ich habe auch vieles von dir gelernt. Als Gitarrist. Ich habe es gerade verhängt, dass ich ja Vocals mache. Ja, natürlich. Ja. Ja, du tust ab und zu singen. Ab und zu, ja. Du bist zu humble im Fall. Deine Vocals sind der Shit. Ja, aber ich habe es vergessen, dass ich es gemacht habe. Mhm. Ja, live vergiss ich auch nicht gesagt. Ja, doch. Fangen wir schon an mit den Roasts. Oh, aber schon. Geht's direkt los? Definitiv. Alright. Ja, Mann. Aber Mahmoud, welcome. Thank you. Stell dir mal kurz mal vor für die Leute, die dich nicht kennen. Für die Zuhörer. Ricky, kann es sein, dass das Mikrofon mega viel leislicher ist oder hebst du es einfach weit weg? Meine? Ich höre dich fast nicht auf meinen Ohren. Du hörst mich nicht? Ich höre dich recht gut, muss ich sagen. Okay. Aber Dann vielleicht... Alright. Vielleicht... Nein, also ich höre mich, ja. Ja, also sind die Dann ist Kopfhörer- gut. Du schreist halt die ganze Zeit. Nein, ich höre den Mahmoud und mich lauter als dich. Schon. Aber ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Ricky redet einfach ein bisschen leise. So, ja. okay. Ja, voll. Intro. Ich weiß nicht, ob ich das, was du gebracht hast, toppen kann. Ich mache Musik. Mhm. Hi. Ich spiele Gitarre als Hauptinstrument. Ich singe, schreie bei Atropas und bei City of Pillars. Ich produziere. Ich darf mit anderen Bands zusammenarbeiten und die produzieren und mit ihnen Musik machen. Ja, yeah, ich glaube, das fasst so mehr oder weniger recht kurz und bündig zusammen. Mhm. Ich habe gerade eine Intro-Frage an euch zwei. Ja. Haben ihr die Elevati-Show zusammengespielt oder ist das nachher oder vorher? Nein, gewesen? ich bin nicht dort gewesen. Ich glaube, das war später gewesen. Ja. Oder gewesen, ja. Ah, okay. Yes. Eigentlich bin ich nicht so lange bei Tropas gewesen, aber ich bin so jung gewesen, dass einfach die Zeitspanne sich länger gefühlt hat. Ah, schon. Ja, voll. Wir sind, glaube ich, auch 7 Monate gewesen oder so. Ja, Für mich vielleicht. schon Ja, du hast uns dort in einer recht holprigen Zeit ausgeholfen. Mhm. Das war nachdem der Phil ausgestiegen ist. Mhm. Ja, voll. Welchem Jahr war das? 11, 12, 14? 13? 14? Ja, 13, 14? 13, 14. Irgendwo dort, ja. Damn. Ah, das hat nicht Whiteout schon gegeben? Nein. White ist Nein, 3 Jahre später später gekommen. gewesen, ja. Ja. Voll. Mhm. Und nachher habe ich mal ich habe ein Projekt gehabt und ich habe mit dem Gitarristen zusammen geschafft und er hat nachher am Mahmoud seinen Engel wollen kaufen und nachher ist er Gitarrist von Tropas. Der Dave? Ohne Scheiß. Ja, weil mit dem Dave haben wir so was sind wir am machen gewesen? Ein Lord of the Rings Melodeath Projekt am machen gewesen. Und nachher ist er zu dir den Amp kaufen und nachher ist plötzlich wieder Tropas gewesen. Er hat den Amp nie gekauft, weil ich kann ihn immer noch. Er ist legit bei mir im Studio. Ah, der Engel, der dort steht? Ja. Ah, Also nice. ist der Ja, Fireball die ist gewesen, die glaube ich. Entschuldigung? Der Fireball ist, glaube ich. Powerball. Ah, zwar, er hat er den vom Phil echt gekauft? In dem Fall, ja. Weil als ich ausgeholt habe, habe ich den Fireball gebraucht. Du hast den Powerball Ja. Ich habe einen Powerball, vielleicht hat er den vom Phil gekauft, weil der Phil hat einen Fireball gekauft. Das ist möglich. Weil sonst, wo ich bei Tropas gespielt habe, mein einziger anderer Amp ist ein, was ist es? Ist ein Spiderline
Line 6 Spider 3 gewesen. 3, sogar. Noch 3 schon sogar. drei Oh sogar. damn, ich hatte 2er gehabt zum Anfangen. Ja. Was ist die aktuellste Version? Das 4, das 5? Boah. Wahrscheinlich, ja. 6? Maybe. Bereits? Wahrscheinlich, ja. I don't know, aber das ist etwas, was ich jetzt würde researchen, Ich- während ich die we- zwei weitermachen. Also ich weiß nicht, wie die gegen Boss Katana konkurrieren, weil der ist so gut. Katana ist amazing. Mhm. Also wenn ich mir je wieder einen Modeler kaufen sollte für irgendetwas, ist wahrscheinlich ein Katana. 100%. Oder der Yamaha, die kleine... THX. Die sind geil, ja. Ich habe mal so lange einen gehabt, bis er mir verreckt ist, weil Mhm. wahrscheinlich mal wieder ein Coke drüber geht ist oder so. Mhm. Ja, voll. Because that happens regularly. Mhm. 5 ist, glaube ich, der letzte. Line 6 5 Spider aktuellste. 5, ja. Wie sind die? Ja, wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr so beschissen. Ich nehme mal auch schon besser. Ja. Ich meine, Gear allgemein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so beschissen ist, weil das Helix ist ja brutal. Helix ist amazing. Also heutzutage ist wirklich. Ist die gleiche Technologie drin? Nein, Nicht, oder? Vielleicht mittlerweile schon. Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich meine, also seit wir alle mit Gitarre angefangen haben, der Gear Progress ist crazy gewesen. Es hat sich so viel geändert. Hey, to be fair, schon dort, wo wir angefangen haben, ist es schon Mhm. pretty amazing gewesen. Es ist Ja. einfach nochmal viel besser und viel günstiger geworden. Dort haben wir Ja, noch- das ist einfach sau teuer gewesen. Also ich hatte den kleinen Line 6 Bean gehabt, den roten. Den habe ich nie gehabt. Den habe ich mal, ich weiß nicht, von wo ich den bekommen habe, aber ich habe den gehabt. Und ich Die erste Version? Oder ist das zwei? keine Ahnung. Aber es ist der ganz kleine. Es hat so einen der mittelgroßen. Mini gehabt? Ist so ein Mini gewesen. Ja, Ja, voll, okay, voll. das ist glaube ich nicht die erste Version. Nein, ich glaube nicht. Aber ja, erzähl mal, machen wir die. Hast du ein Metal Zone gehabt? Das ist die wichtigste Frage. Tatsächlich nicht, aber ich bin fierce Proponent vom Metal Zone. Ich finde es ein geiles Pedal. Die Leute wissen einfach nicht, wie verwenden. Ist es vor dem Video von All England gewesen oder nach dem Video von All England? Schon vorher. Schon? Ja, einfach weil die meisten Leute verwenden es halt einfach zusammen mit dem Gain vom Amp und für das ist es einfach Was? nicht gedacht. Mhm. Ja, nein, es ist einfach... Das funktioniert ja sicher nicht. Es kann funktionieren. Ich meine, Gain stacken ist cool, aber nicht, wenn du willst einen tighten Metal Sound haben. Genau. Es ist immer Kontext. Ich habe es, glaube ich, als unerfahrener Gitarrist als einen Overdrive brauchen. Und dann jetzt halt richtig gut mit dem Line 6 Spider 3 kombiniert mit dem Insane Mode. Das war nicht gerade ideal gewesen. Aber sonst, erzähl mal, wie es Ich habe noch einen Fun Fact für nicht wissen, wie das Zeug funktioniert. Alright. Eine von der ersten Eversis-Proben haben wir noch keinen Bandraum gehabt. Da sind wir irgendwo zu Zürich bei einem Musikraum einmieten. Und die haben noch so einen Marshall gehabt. Und ich so, geil Marshall, das ist mir okay. Habe ich eingesteckt und nachher habe ich natürlich das Gefühl gehabt, wenn man den Gain aufdreht, gibt es Distortion. Irgendwann sagen, was ist für ein Marshall gewesen? Weißt du es noch? Keine Ahnung, irgendeine Combo. Aber Das ist sowieso eine, fucked. eine ohne Distortion auf jeden Fall. Aber so, Darf ich fluchen? ja, Jo. gib ihm, Okay, cool. gib ihm. Nein, aber Darfst du alles sagen, zum Beispiel Cool. oder. Sick. Aber so dass ich muss, schau, wir machen jetzt wie viele Folgen? Das ist Nummer 93. Junge, es 94. ist dein Job, um das zu wissen. Und ich weiss nie, wie auf die Frage kam, wie alles angefangen hat mit der Musik und mit dem Instrument und so. Der Trick ist einfach fragen. Gell? Soll ich jetzt Also- sagen, ja. Genau, so dass unsere Zuhörer dich. Nein, wie kann man sagen? So, Wolltest du die Frage stellen, die du immer stellst? Ja, aber ich bin überlegen, weil es ist immer so weird. Ich stelle es einfach immer aus dem Nichts so wie. Was war die erste Gitarre? Gewesen? Nein, fängst immer an und du hast immer ein gutes Konzept gehabt am Anfang und dann vergisst du es immer wieder. Ja. Mahmoud, wie zum Teufel bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt Metal machst oder Metal hörst? So von Grund aus. Wo hätte ich das schon können anfangen Yes. in der Kinderkrippe, weil deine Mami ABBA gelost hat und das irgendwie Schwedisch ist, Schwedisch mit Death Metal zusammenhängt und du jetzt da hockst? Das ist Canon jetzt. Die These wollen wir haben. Eigentlich ist es eine Zwei-Part-Frage. Zuerst, wie es mit der Musik angefangen hat, weil es ist nicht immer Metal. Ja. Und nachher, wie es zum Metal gekommen ist. Exakt. Das ist spannend. Okay. Musik zuerst. Ich habe einfach Musik immer cool gefunden schon als Kind. Mhm. Es gibt Fotos von mir als Baby mit Headphones und Kassetten-Tape, wahrscheinlich irgend so Sony-Tape-Ding und so. Geil. Scheinbar schon immer musikaffin gewesen. Ich habe früh angefangen, Töpfe aus der Küche klauen und angefangen Drums zu spielen. Hell yeah. Ein frühes Musikprojekt, Mhm. sehr progressiv. Und später dann irgendwann angefangen mit. Was war meine erste CD? gewesen?
ziemlich sicher die Eminem Show. Welche? The Eminem Show. Eminem ja. Show. Ich glaub's. Und dort, das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist so eine Bravo Collection Ding gewesen. Fuck, Bravo-Hits. Ja, Oh mein also Gott, eine ja. von denen. Bravo Hits 24 oder so ein Shit. Oder 22, who knows. Bravo-Hits 22, wir haben es gerade zugegeben, wie alt das wir sind. Oh fuck. Gibt's das noch? Es ist schon etwa bei 100 mehr, glaube Ja. ich. Ich will das sonst wieder researchen. wenn Okay, du weiter research das erklärst. mal. Ja, mit so 10, 11 so die ersten Interesse entwickelt an Musik. Also so richtig so, ich will jetzt Musik hören, was ist es und mich drin vertiefen. Und dann, 133. fuck. Bravo, jetzt 133. Oh mein Gott. Oh mein Kommt das wöchentlich fucking oder wieso Gott. ist das so viel? Kann Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt vielleicht habe. quartalsweise. Warum darf die Bravo Hits 56 nicht mehr verkauft werden? Das ist viel die wichtigere Frage. Das ist amazing. Es dürfen 11 Bravo Hits Sampler nicht mehr verkauft werden wegen Lizenzissues. Urheberrechtsverletzungen. Ja, there you go. Ich habe den Faden verloren. Ja. Ich habe Musik zuerst. Okay. Ja, genau. Eminem. Ja, genau. Eminem. Und dann später habe ich so die ersten Rockbands entdeckt. Und dann hat es angefangen mit LimeWire. Und dann habe ich Hoobastank entdeckt. Ja. Oh mein Gott. Ja, Hoobastank, eine von meinen absoluten Favorite Bands ever. Immer noch. Finde ich immer noch cool. Sie haben vor allem neben The Reason nochmal einen Song, der geil ist. Mindestens einer. Oder zwei. Mindestens. Oh fuck, wie heißt der jetzt? Du meinst Crawling in the Dark? Nein, der ist auch ein Banger, aber das ist nicht der Song, wo ich das Gefühl habe, ist der grösste Hit von ihnen. Du meinst Inside of You? Der ist auch gut. Ich meine, Ich bin überrascht, dass du kennst. einer, wo niemand gut findet. Also einer, wo alle sich fragen, hä? Und dann merken sie, dass er doch schon, ich muss sagen, das ist Hoobastank. Nein, Hoobastank ist so eine Band, wo ich einfach... Just One heisst er. Just One vom Ja. Album The Reason. Yes, das ist ein richtiger. Yeah, das ganze Der Album The Chorus ist- Reason ja. ist Das ist ein fucking richtiger dope. Bang. Nein, Hoobastank ist so eine Band, wo ich kenne es nicht wirklich, aber wenn ich einen Song höre, so wie, den kann ich. Sie sind ein Hit galore. Eben, genau, also- fucking Also ihre Hits. Songs sind alles Hits, Voll. aber einer ist halt so ein Hit, dass alle Ja, anderen... ja. Einer ist so ein Hit, dass alle anderen Songs halt nicht mehr als Hits zählen. Ja. Ja, aber es gibt auch Bands, wo ich einfach hure spät dazukomme, die zu entdecken und so. Von dem, das Hey, voll ganz ehrlich, Hoobastank macht nicht Musik, die ich sagen würde, fucking revolutionär. Es hat mich einfach zur richtigen Zeit verwünscht. Ja. Mhm. Und ich finde, ihre Songwriting-Approaches sind sehr Pop-Mainstream, einfach in einem Rock-Outfit. Aber dazu kommt halt auch noch, dass sie mit unglaublich krassen Produzenten zusammengearbeitet haben, wo ich aber erst später herausgefunden habe, dass das halt Teil vom ganzen Ding ist. Mhm. Und das war Benson, der The Reason produziert hat. Und ich glaube auch noch das Album danach. Mhm. Aber das ist mir auch erst später aufgefallen, wie viele Produzenten eigentlich Einfluss haben auf das Zeug. Also gewisse, weil bei gewissen hure viele Bands, die so ein bisschen im Hoobastank Realm sind, haben die bei den gleichen Produzenten geschafft. Und du hörst es dann schon. Ja, mindestens irgendwie Produzent oder Mastering Engineer oder Tracking Engineer. Es sind immer irgendwie die gleichen Leute gewesen. Howard Benson, fucking CLA und Ja. noch ein paar andere. Alle die Plugins haben. Ja, essentially. Genau von den zwei habe ich Plugins. Und es sind ja wahrscheinlich auch alles coole Plugins, mehr oder weniger. Das Ding ist mir, ich bin überrascht, wie fest dass das auch meinen Geschmack geshaped hat so im Nachhinein. Weil, wenn ich jetzt The Reason höre, das Album tönt immer noch insane. Das Album tönt, die ganzen Alben von dort tönen einfach ist- immer noch... Ich weiß nicht, Teils was die besser Leute als Zeug, was gefressen rauskommt. haben, Mann. Ja. Und ja, von dort hat es dann mit LimeWire Shape genommen und dann habe ich plötzlich so ein paar heavier Bands entdeckt, unter anderem Metallica. Und ein paar Viren auf dem PC gehabt. Ich weiß nicht, was meinst du? Ich auch nicht. Mami, Papi, ich kann sicher nie. Das ist nicht... Nie, ich habe nie so etwas abgeladen. Nope. Ja, voll. Nein. Ich habe immer eine Firewall gehabt. Mhm. Für die Jungen da draußen, früher haben wir etwas gehabt, wo Family PC geheißen hat, wo alle geteilt haben. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade den Dial-Up-Ton gehört in meinem Kopf. Boah, Alter, das ist dann immer so richtig peinlich gewesen, wenn ich Mami gefragt hat, so, was du heute Nachmittag gegoogelt hast und du so, nicht. Nicht. Was Google? Was ist Google? Ich bin auf playgrounds.com gewesen oder so. Newgrounds. Boah, Playgrounds.com ist ganz sicher auch eine Seite mit problematischem Inhalt heutzutage. Weißt du, was meinst
Ah, der Miniclip. Oh mein Gott, Miniclip.com. Yes. Habbo Hotel ist auch so etwas gewesen, oder? Ja. Dass das einfach existiert hat. MSN. Ja, voll. Gestern habe ich mir von MSN wieder zurückgewünscht, weil MSN ist schon cooler gewesen als WhatsApp. Ist es das oder ist es Ja, Nostalgie? weil irgendwann bist du einfach das letzte Mal AFK gewesen. Das passiert nicht Also, mehr. Du bist nie mehr AFK. Oh. Irgendwann hast du das letzte Mal auf MSN geschrieben, ich bin AFK. Und jetzt bist du immer Und jetzt am bist du K. immer am K, ja? Jetzt bist du immer am Keyboard. Du bist immer Damn. du bist immer verfügbar. Ja, true. Das ist crazy. Ich bin zu oft verfügbar, to be honest. Das ist das Problem. Zu meinem eigenen Nachteil. Aber Ich bin am Sonntag auch wieder auf dem Sofa gekocht, habe mir das Handy angeschaut. Nach so 5 Minuten habe ich so ins Handy reingestartet, so zum Fick mache ich da? Und dann habe ich es weggerührt und dann ist der Tag viel besser gewesen. es ist schon krass, wie immer mehr ich mich selber dabei verwünsche, so ein Doomscrollen. Völliger Bullshit. Es macht mir nicht mal Spaß. Nein. Und jedes Mal rühre ich in die Ecke und mache dann, also nur schon Game ist produktiver. Ja, Und einfach 100-mal produktiver. definitiv. Ja. Yeah. Ich habe deswegen jetzt kein Social Media auf meinem Handy und ich habe ein Social Media dedicated altes Handy, das einfach im Büro immer ist, zum Posten Ja, und falls Shit irgendjemand von machen. euch mein altes Handy irgendwo bei sich rumliegen hat, könnt ihr mir das geben. Ich würde das gerne machen. Ich finde es nicht mehr. Ich habe ja vom Geschäft ein Handy bekommen, Aha. weil Security-Issues und sie das Gefühl haben, Nokia sagt nicht gut, darum habe ich jetzt ein neues Handy bekommen. Ich finde das scheiß Handy nicht mehr. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es hier irgendwo. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es. Ich habe eben auch Aber Instagram. deine Idee mit separatem Handy-Socials. Also einfach Instagram. Game alles changing. andere Game ist okay. changing im Fall. Dann habe ich plötzlich auf dem Handy stattdessen halt meine Manga-App oder Okay. Was bist du am oder- Lesen? was bin ich jetzt am Lesen? Du bist sicher nicht am Mangas lesen, sondern am Hentai Doch, grusigen. Red Storm ist der letzte, den ich am Lesen bin. Und sonst halt, ich lese einfach immer neu alte Mangas, die ich gerne habe. Und sonst wöchentlich immer noch One Piece, Fuck yes. seit 20 Jahren. Yes. Und was gibt's noch? Einfach mega viel random Shit. Und das ist so der Kingdom, ist mein Favorite. Den kann ich empfehlen. Chinesische Mittelalter. Alright. Den kann ich empfehlen, das ist super. Du liest kein Manga. Nein, ich hätte jetzt fast gesagt, ich bin cool gewesen als Teenager, aber das wäre auch eine Lüge. Also, damals, vor 20 Jahren, als wir Mangas gelesen haben, sind wir nicht die cool Kids gewesen. Eben. Heutzutage sind alle so, ja, ist Ganz ehrlich, bei uns sind alle auf dem Dragon Ball Trip hängen geblieben. ja, fair. Drum, dort hat es nicht den Unterschied gemacht. Aber wenn du Fußball gespielt hast oder nicht, dann bist du cool gewesen oder nicht. Ja. Ja. Ich bin mega cool bei gewesen. mir im Schulhaus, wenn du halt Ausländer gewesen bist, bist du cool gewesen. Hey, das hat bei uns auch geholfen. Das hat zum Coolness-Faktor beigetragen. Bei mir haben sie einfach nie gecheckt, dass ich der Ausländer bin. Ich hatte zum Glück immer die Ausrede gehabt, wenn sie mich angefickt haben, so, oh, scheiß Schweizer. Ich bin von Italiener. Ah, sorry, Bro, nicht gesagt. Das ist amazing. Das ist ehrlich. Bei mir war es umgekehrt gewesen, du scheiß Schweizer, und dann sage ich, Palästin. Anyway. Aber was bist du am Lesen? One Piece auch, ziemlich immer. Kürzlich Chainsaw Man, bis es jetzt fertig war. Dandadan. Ja. Was bin ich am Lesen? Ich bin am Hin und Her gumpen. Mal habe ich Blue Lock gelesen. Muss ich mal wieder aufholen. Ja. Jetzt fange ich mal Barakamon an lesen. Ist so ein Slice of Life Manga. Okay. Ist super cute. Ist einfach relaxed. Ja. Das Schlimmste, was passiert ist, oh nein, sie haben Geburtstag, wir müssen es als Überraschung planen. Ja, Wie ja, machen voll. wir, dass sie es nicht herausfinden? Das Ja. ist das höchste Drama, was Boah, passiert. das ist dann Uhren nach New Girl. Ich wäre, glaube ich, voll drin. Ich glaube, es würde dir gefallen, weil New Girl ist scheiße. Also, Nein, ich kann New Girl nicht. Kennst du School Rumble? Nein, ich kann nicht. Bro, das ist so ein... Gut, das ist so einer, wo ich in einem Anime schaue. Und das ist einer, wo ich einfach immer vergesse, dass der existiert. Und nachher schaue ich den einmal jede 5 Jahre oder so. Das ist einfach der funniest fucking Anime ever. Es ist so genau Slice of Life, School Shit. Ist das Crunchyroll? Weißt du es? Wahrscheinlich schon, ja. Dann muss ich mal abchecken. Ja, voll. Das ist Also so geht es mir immer mit Alkaline Trio, um wieder zurückzukommen zu LA Pop Rock aus den 2000er. Oh, wow, was für ein Segway! Nein, früher war wirklich alles besser gewesen. Also nein, stimmt. Nein, nicht mal Bullshit. vielleicht. Absolute Absolute Scheiße. Bullshit. Absolute Kacke, Alter. Früher haben wir einfach nicht müssen arbeiten.
Ja, Ich glaube, Ist das, ja. das wär's. Nostalgie hit Ja. hard. Ja, Ja. ich glaube, es ist nicht mal Nostalgie. Ich glaube, wir müssen nicht einfach jeden Morgen aufstehen, um für jemand anderes Geld reinholen. Mhm. Sind wir schon bei Kapitalismus angekommen? Nein, nicht schon wieder. Hure schnell. Nicht schon wieder. Einfach nur, dass ich weiss. Noch nicht. Noch nicht, Es, okay. kommt garantiert noch mal der Part, wo ich in den letzten 4 Podcast-Folgen habe ich immer mal einen 10 Minuten Crash-Out gehabt zu dem Thema. Ich komme ganz sicher Hey, wieder. ich crash mit dir out. Stimmt, das haben wir ja zusammen... Ach, können wir später noch dazu. Das Ist haben wir ja gut. schon mal zusammen gemacht. Ha, schön gewesen. Nein, was haben wir gehabt wegen diesen Produzenten und Hubas Tank? Oh, Ricky, du hast so Zeug auch nie... Nein, du bist so Fresh Metal. Ja. I am from Puerto Rico, I listen to Fresh Metal. Ja. Ich meine, später bin ich Schon eher Peru, zu sorry. dem gekommen, aber... Same, oder? Ja. Ja, Peru Ricky, dann nicht so gut wie Puerto Rico. Außer du sagst Periki. Das würde auch gehen, aber das ist fast schon zu sexy. Ja, nach Huberstank ist dann schnell Metallica gekommen. Nach Metallica ist dann schnell mal fucking die ersten New Metal Bands gekommen von Linkin Park und dann irgendwann mal fucking Bullet for my Valentine, Trivium und dann ist es schnell so gewesen, so nicht nur hey der Song ist cool und plötzlich ist es dann gewesen, so das Riff ist cool und so wow wie geht das, wow der Sänger der schreit und mir gefällt's. Weil zuerst war der schreit und das ist mir eigentlich schon zu viel. Oh mein Gott, das erste Mal, als ich gehört habe, Screamen, ist glaube ich einfach wirklich Bring Me The Horizon auf Pray For Plagues gewesen. Das ist ein hure harter Einstieg. Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut gefunden habe. Ja. Aber das ist so, glaube ich, weil vorher habe ich so ein bisschen Rise Against und Ärzte und ja, Bullet for my Valentine und Linkin Park. Aber bei Bullet for my Valentine und Linkin Park habe ich das nicht als Screamer registriert. Ja. Bei Bullet schon, bei Linkin Park nicht. Nein, ja, Linkin bei nicht, ja. Bullet schon, aber bei Bullet ist es immer noch genug sexy gewesen. Ich glaube, dort hat es angefangen bei mir mit All These Things. Und dort ist es noch kurz im Chorus, Ja, wo du schreit. der erste Song von Bullet, den ich gehört habe, war eben No Control. Und der fängt eigentlich ziemlich Oh ja, der ist ein schon richtiger direkt. Banger. Das ist verdammt geil. Aber dort habe ich es geil gefunden. Dann habe ich irgendwann Pray for Plagues mal gehört und dann war so, Hä? Ja, das ist The zu viel. fuck is this, Alter? Das ist hure schnell zu viel. Und dann habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, Bring Me The Horizon ist die schlechteste Band, die ich je gehört habe in meinem Leben. Dito. Und dann, irgendwie 15 Jahre später, habe ich so das Gefühl gehabt, muss ich jetzt Bring Me The Horizon vor meinen Kollegen, die es hier geil gefunden haben, verteidigen, weil sie das Gefühl haben, das ist jetzt die schlechteste Band in ihrem Leben. Und ich habe das Gefühl, das ist eine der besten Bands, die sie je gegeben hat. Ich weiß nicht, ob es eine der besten Bands ist, die es je gegeben hat. Das weiß ich nicht. Aber ich Eine behaupte, der sie sind die kreativsten. viel besser Rock/Metal-Band als Deathcore-Band. Und die Progression ist insane. Definitiv, Also, aber sie sind halt die Ersten, die Deathcore gemacht haben. Also nicht die Ersten, aber weißt du, die Entwicklung von der Band ist einfach insane. Das ist halt... sie sind einfach halt immer allen einen Schritt voraus. Das kannst du immer. Also, Ja. so wie Bring Me The Horizon jetzt tönt Metalcore wahrscheinlich dann 2 Jahre später. Oder 3. Ja, absolut. Sie sind schon immer Vorreiter gewesen. Und ich glaube, der Credit wird ihnen mittlerweile zum Glück gegeben. Weil lang haben sie einfach nur auf die Fresse bekommen. Ich mag mich erinnern, ich habe sie mal gesehen auf Tour mit Machine Head. Sie sind Opener gewesen vor Machine Head Oh, auf das der ist aber Black Tour. Es Herzpublikum. war Ja, schon ne. schlimm gewesen, wie mit ihnen umgegangen ist. Ich habe es dort nicht cool gefunden als Musik. Ja. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, wie mit ihnen umgegangen worden ist. Es sind wirklich einfach direkt so, es ist direkt Zeug auf die Bühne geflogen, inklusive fucking Dildos. Ja. Also wirklich insane behavior von Aber der Metal Crowd. wir vergessen auch, Trivium ist auch hated worden Unglaublich. vom Mainstream. Ja. So, also, wo Roadrunner United rausgekommen ist, der Heavy war so keine 19 gewesen oder so. Und sie waren halt der Big Thing gewesen, oder? Und alle am haten, oder? Was erlauben sie im Songwriting zu machen Ja. mit denen? So, Ja. dude, just let the guys Alter. cook. Und der war einer von den Team-Captains, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, das ist crazy. Oder eigentlich gibt es schon fast nichts toxischer als so Nein. klassische Das ist insane. Metal-Fans. Ja. Ich würde sogar sagen, einfach als Metal-Fans. Als Punkt. Metal-Fans, Ja. 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 Aber das stimmt. Ganze- Hardcore-Fans. Aber jede Core... Look, Hardcore, gut, das sind Metal-Fans. look, Ja. wir sind so alt, dass ich noch weiss, wie Metal-Fans Melodeath cated haben in den Forums 2006 Insane. oder so. In Nein, Flames wieso, und so. wieso ist das Riff, wieso kann man das Riff mitsingen? Genau. Es läuft, weh. Und weißt du, wo 2013 so alle mit so Metalcore-Shirts rumgelaufen sind, 2005 oder so sind alle mit Camo-Pants und Melodeath-Shirts gelaufen und die sind cated worden von den Old Guard, die irgendwie sagen, nein. Ja, ich freue mich jetzt schon darauf, lass Kids nur haten können, Death, Alter. Ja, voll. Es ist brutal. Mhm. Also, Ja. Aber die... Aber wir können Kids gar nicht haten, weil Kids machen jetzt alle Oldschool Metalcore, das ist crazy. Ja, ja, und vor allem, oder fucking Thrash. ja, Thrash auch. Einfach 80er Ja, Thrash. crazy. Ich denke so, Mhm. haben wir nicht alt genug Metallica gehört? Ja.
Aber, Nein, haben wir nicht. Anscheinend nicht. Ich bin auch hure spät auf den Metallica-Trip aufgesprungen. Hey. Ah ja, wann bist du reingekommen? Vor etwa 5 Jahren. Das ist wirklich spät. Das ist wirklich crazy spät. Also ich bin da glaube schon 6... Nein, ich bin dort mehr als 26 gewesen. Ich bin dort etwa 28 gewesen. Und wie kommt's? Ich habe ein Video geschaut auf YouTube, wo heißt Hip-Hop-Heads listen to... Das ist Master of Puppets, oder was? Hip-Hop-Heads listen to Master of Puppets. Und ich wow. Ich habe Master of Puppets nämlich immer so angefangen zu hören und dann so, das ist jetzt aber... Ja, okay, also langsam ist gut. Nach so 2 Minuten habe ich ihn immer abgestellt. Weiß auch nicht wieso. Und dann habe ich das Video geschaut und ich habe das erste Mal den ganzen Song durchgelassen. Weil ich die Hip-Hop-Heads insane, weil ich es gut gefunden habe, wie sie also mega cute decken und so, man, this is the shit, man! Man, this is hitting hard. Und ich nur so, this is actually hitting hard. Und du so, oh. Und dann kommt so der schöne Part dort und ich so, damn. Und dann kommt es einfach wieder rein und ich so, ich glaube, ich muss mal das ganze Album hören. Ja, das Album ist es ist jetzt gerade 40 geworden, so by the way. Oh. Das ist brutal. Das ist ein brutales Album. Yeah. Und dann habe ich, glaube letztes Jahr mal den Podcast gehört bei wem ist jetzt der Silosis Bruder wieder gewesen? Craig Reynolds? Er ist bei überall gewesen. Auf jeden Fall, er sagt immer, das eine Album. Du meinst Justice for All? Ja, ich glaube das. Er ist Justice for All Fan. Ja, das muss ich auch mal noch wieder hören. Ist das ich finde Master of Puppets besser, aber es ist nicht ein schlechtes Album. Ist Justice gewesen, wo sie den Bass einfach Uhren abgenommen haben? Ja. Genau. Welcher Bass? Genau. Ja. Nein, aber Trivium, Ember to Inferno ist das erste Album, wo ich so Screams wahrgenommen habe, zum Beispiel. Du bist schon bei Amber dabei gewesen? Ich glaube, ist Amber gewesen. Oder warte, ist der Requiem drauf? Ja. Ja, dann ist der gewesen. Weil das war so der erste Album gewesen, wo ich gefunden habe, so wie, ja, ich höre für Gitarre, so Geschrei ist so wie Spitzmatsch, aber ich tue es so rauscanceln. Hast du es rausgefiltert? Und irgendwann ist das der Grund gewesen, warum du es gerne hast. Und das ist so der... Ja, bei mir hat es auch irgendwann geschiftet. Genau. Ja, irgendwann ist es einfach so... ja, das braucht's. Und dann irgendwann hast du das erste Mal deinen richtigen Heartbreak und dann ist so, ja, ich verstehe jetzt. Depressive Black Metal. Und dann bist du froh, Geil. wenn The End of Heartache kommt. Siehst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Killswitch Engage geil. Ja. Jetzt kommt es aber. Ah nein! Ich habe den falschen Song gemacht. Ich finde Rose of Sharon overrated. Rose of Sharon. Ist schon ein geiler Song, aber er ist ein bisschen overrated. Rose of Sharon ist mit dem ersten Sänger, der jetzt Sänger ist, der Jesse, oder? Das kann sein. Nein. Rose of Sharon ist mit dem Howard. Aha. Wer ist der mit dem Jesse gewesen, der bekannt ist? Serenade. Serenade, ja, Ja. Serenade. Ja, der ist ein Banger. Nein, das ist Serenade. Ja, voll. Ja, Rose of was ich bei Killswitch Engage wirklich richtig schlimm finde, ist, dass die ganze scheiß Rainbow in the Dark Cover oder will, dass es immer ist. Du meinst Holy Diver. Holy Diver, der andere Song von Dio. Aber der beste Videoclip ever, man. Ja, aber der Clip ist geil, aber gleich geht dann so. Ja, ich skippe den Song aber auch immer. Jetzt hören mal auf, ey. Aber spielen sie überhaupt noch live? Ja, sie haben letztes live gespielt. Das ist nicht gewusst. Ja, ich könnte darauf verzichten. Es ist so, Sie haben viele gute Songs, dass sie müssen ja, das Cover spielen. genau, das ist es eben. Sie können anstatt diesen Song einfach nochmal einen Banger von ihnen spielen. Also das ist mir letztens bin ich auch so pissig gewesen, wo Whitechapel gespielt hat und sie haben einfach einen alten Song gebracht. Oh. Und ich so wie, ja, wo sie mit Lorna Shore gespielt haben. Ich bin so am Warten gewesen, so wie, ja, den Song kann ich nicht, den kann ich auch nicht. Und so am Schluss ist so einer gekommen vom Self-Titled und ich so, ja, jetzt fängt es an. Ich so, das ist es gewesen, ciao zusammen. Ich so, what the fuck, Alter. Aber das Haben neue sie einfach Zeug, sonst das neue Album gespielt? Zwischen neue Songs gespielt. das ist ja insane, das neue Zeug. Also das neue Album ist ja unglaublich Ja, sick. das Problem ist, ich habe es halt nie gelesen und ich habe so keine Connection. Du wärst an dem Abend Ich sowieso war am Warten gescheiter. gewesen für die Exile oder so, weißt du, so die old shit. Okay. Ja. Ja, ich bin bei Whitechapel erst mit dem Self-Title reingekommen Mhm. und finde es, glaube ich, bis jetzt, ich weiß nicht, ob ich es immer noch das Beste finde, aber ich finde es immer noch up there. Ja. Und das neue Album, das aktuellste von ihnen, ist fucking Bananas. Mhm. Es ist einfach insane. So. Das ist wirklich insane. Du hast das Gefühl gehabt, das, was alle früher immer das Gefühl gehabt haben, die Beatles sagen, das ist jetzt das Album. Das Album Mit der tönt- Heaviness. Das Album tönt jetzt so, wie die Leute das Gefühl gehabt haben, dass die Beatles sagen. Wahrscheinlich. Mhm. Ich muss mal reinziehen. Es ist pretty amazing. Mhm. Es ist einfach Für alle Balls Kids. to the walls. Einfach. Für Die alle Kids. Produktion ist unglaublich heavy. Es ist wirklich distorted. Es ist Ja. absichtlich ugly, aber passend. Wer produziert die? Weißt du? Das Album, ich weiß nicht, sie haben es selber produziert. Das war Ja. ein Gitarrist von ihnen. Mhm.
Aber gemischt hat der Guy, der Nacht Loose gemischt hat. Oh! Ja, Wizard Blood. Und Wizard Blood. Er und sein Studiopartner haben es, glaube ich, zusammen gemischt. Wizard Blood ist sein Künstlername. Krass. Alright. Ja, sie haben gesagt, du hast Nacht Loose produziert und die vorherige EP. Und jetzt haben sie das Zeug von Whitechapel haben sie jetzt gemischt. Und es ist distorted as fuck und ugly und laut, aber Geil. genauso muss Deathcore tönen, meiner Meinung nach. Das ist doch hässig. Ja, es ist hässliche Musik, die evil. zu poliert worden ist in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, finde ich. Und ich finde es schön, dass es richtig hässig und grusig tönt. Wizard Blood ist nicht der von Winds of Plague, oder? Das hat auch so einen anderen Producer, okay, den Fall nicht. Also, könnte schon sein. Ja. Ich weiß es aber nicht. Alright, Ich glaube es aber nicht. Ja. Er hat zum Beispiel auch Sachen gemacht für wie heißt der Frank Palmieri? Immure. Boah, das kann nicht Fall sein. Er glaube Immure hat er Sachen produziert. Wizard's Blood. Wizard Blood. Er schreibt sich WZRD. Wizard Blood. Der hat sicher auch mit Trap Artists zusammengearbeitet. Das kann gut sein. Das kann Das gut sind so sein. die Producers mit den Er Namen. bringt viel von dem, glaube ich, mit rein. Ja, von Wizard Blood. Anyway, und dann hast du angefangen Trivium zu hören. Und Metallica. Yes. Und dann hast du irgendwann das Gefühl gehabt, Mami, wir brauchen Trivium in der Schweiz. Und deine Mami hat dann gesagt, ja, dann gründ Atropas. Sie hat dann gefunden, nein, hör auf, wieso Gitarre, wieso Musik. Ah, okay. Vielleicht Background dazu, mein Vater hat schon Musik gemacht. Ach so. Das ist schon schwierig gewesen. Aus verschiedensten Gründen. Und es ist dann irgendwann einfach eine Gitarre bei uns die Heim gestanden. Die ich euch als Foto zugekommen habe. Ricky, die musst du jetzt einblenden. Genau, jetzt einblenden. Die ist rumgestanden bei uns. Und Wow! Du kannst noch auf den rechts davon drücken. Ja, drück den. Wenn etwas ich kann nicht erwarten, dass der Hatfield noch kommt. Amazing. Wenn etwas hure yeah ist, kannst du den drücken. Sick. Okay. Also auch, das ist auch für dich, wenn du irgendwie das Gefühl hast, etwas, was du jetzt gesagt hast, ist ultra funny gewesen und du willst einen Clip daraus haben, musst du auf die yeah klicken, dann können wir. Das ist eigentlich unser Clip-Counter. Okay. Aber der Wizard Blood ist der True Folk. Das Ja, wäre genau, eine True Idee. Folk. Ja. Was war ich? Gitarre. Also passt. Das ist es. Genau. Ich habe dann irgendwann angefangen Gitarre zu spielen, weil ich in Jordanien war, bei meinen Cousins. Und die haben selber angefangen spielen. Und haben angefangen auf einer sehr abgefuckten akustischen Gitarre zu spielen mit Action, die so hoch war. Ja, das hast du fingerblutig gespielt. Aber ich habe nichts Besseres zu tun, weil es Sommer war, Sommerferien. Okay, dann might as well. Ich lerne auch mal ein paar Griffe. Oh, das macht Spaß. Das ist pretty cool. Was man kann selber lernen im Internet. Sick. Das ist das Beste. So, Ja. Selber lernen. Gitarre-Tabs, die einfach komplett falsch sind. Ja. Ja, aber ist ja gleich. Fuck them tabs. Das ist doch gleich. Ja, aber es ist justinguitar.com gewesen, wenn ihr den noch kennt. Er hat auf YouTube hat er auch ganz viele Lessons aufgeladen und so. Und dann dort die ersten Chords anfangen zu lernen und dann die ersten Songs und dann so, wow, das geht ja easy, das ist ja cool. Und dann anfangen Metallica Riffs lernen und dann bin ich allen auf die Eier gegangen mit dem. Kannst du Master of Puppets im Original-Tempo downpicked spielen? Yes. Crazy. Ich übe das schon so lange, ich bring's nicht an. Ich übe es wahrscheinlich auch einfach zu wenig. Wahrscheinlich, aber wenig es richtig. Ist, Downpicking is overrated. Downpicking ist cool, ist wichtig, aber in-time spielen, Ja. Upstroke auch stark, Ja. wichtiger. Ja. Wenn du konsistent up and down pickst. Ja, das geht bei Taoist geht es jetzt noch. Ich glaube, Taoist mit Upstrokes spielen würde einfach auch generell. Also, es wäre zu wenig Attitude. Ja, es wäre zu wenig Attitude, es wäre einfach zu wenig. Ich meine, ich muss mich ja selber am Schluss eigentlich hassen. Von dem her. Für das ist Metal sehr gut. Ja. Ja, voll. Hast du gewusst, Alter, das ist insane, hast du gewusst, dass das Waking the Demon Riff alles downpicked ist? Yes. Okay, gut.
Das habe ich nämlich auch immer das Gefühl gehabt. Ich habe mal ein Video gesehen, wo der Matt so das Gefühl hatte, Wake in the Demon Riff. Ja, und der Hey. Page hat gefunden, what the fuck. Und sie einfach so, if you're up for a challenge. Und ich so, wieso? Ich kann das ja spielen. Und dann ich so, die Ficker machen das alles downpickt. What the hell? Yeah. Was man auch sagen muss, wenn man 17 ist oder so und bist einfach den ganzen Tag am Üben, so in Downpicking Strength ist insane. Ja, ich glaube, wenn man dann plötzlich die Schule schwänzt und nur noch Musik macht. Ja. Mhm. Klar ist deine Downpicking Strength wegen Gitarrespielen insane Ja. gewesen. Mhm. Mit 17. Ja. Wenn ich Von alleine wo in die sonst? Zeit, wenn mich allein, ich weiß auch nicht. Teenage Angst, Alter. Of course. Of course. Es ist nicht gewesen, dass wir Internet hatten. Oh Gott, das ja. Es ist nicht, weil im Mortal Kombat immer hast du drücken so. Ja. Ja. Oder weil in Minecraft halt hast du müssen. Ja. Hure schnell Nein, abbauen. jetzt daten wir uns. Minecraft hat es noch nicht gegeben. Das stimmt. Nein, warte, Ziemlich Minecraft, sicher. Minecraft gibt es fast schon elends lang. Ja, aber noch nicht, wo wir 16 Nein, das ist Mortal Kombat Shaolin Monks gewesen. Ich bin mir fast sicher, dass es Minecraft schon geht, wo wir 16 sind. Mm. Weißt du, Welche Jahre wie hast viel du? älter ich bin? 94er. 91. Ja, bei dir ist dann wahrscheinlich wirklich nicht 16 gewesen. Aber Minecraft Wann ist ist- doch schon seit 2011. Oder so. Schon. Da bin Ja, ich ja. 20 gewesen. Ja, Minecraft gibt's. 14. Ja, nein, seit 2014 gehört es Microsoft. Aha. 2009. Damn. Oh, wow. 2009 gibt es schon. Das habe ich nicht gecheckt. Das ist so als Egal. Crazy alt. Minecraft ist das längste, ich glaube, das Spiel, das am längsten schon Egal, gezockt wird. alkoholfreies Bier holen. Willst Viel Erfolg. du Cola? Sehr gern. Coke Stop. Du? Alkoholfreies Bier? Coke ist dope, aber ich... Wait, what Coke are we talking about? Eben, nein, ich habe letztens schon gesagt, ich nehme ja keine Drogen und Kiffen nicht. Darum ist 420 einfach nur am Hitler sein Geburtstag. Ich glaube, ich steige auf Ricky, den ich Zug auf. Ich will gerne ein alkoholfreies Bier haben. Ja. Das ist einfach sein Geburtstag. So habe ich die letzte Folge angefangen, so völlig daneben. Hello, Doggo. Hello, Dogo. Ja. Hello. Nein, keine Energy Drinks für dich. Was sagst du nicht so? Amix schnaufen jetzt eben amix so ein herziges Ding rein. Das ist amazing. Ja, jetzt ist die Frage, wenn wir ein bisschen gescheites schnurren oder soll der Ricky das nachher cutten? Das ist euch überlassen. Wenn du eine Frage hast oder einen guten Ansatz, dann... Ich weiss aber gerade gar nicht mehr, wo wir darüber geredet haben, bevor er aufgestanden ist. Wir haben geredet über Minecraft. Der Minecraft, stimmt. Ja, aber hast du auch mal, ich habe ja mit dem Dave vom Safer Last Breath mal Minecraft gezockt. Ich habe nie Minecraft gespielt. Was? Nein. Ich hätte dich jetzt Vollgas als so einen Minecraft-Dude gesehen. Nein, ich verstehe die Qualität, aber es ist, glaube ich, einfach nicht meine Art Videogame. Fair enough. Fair enough. Thank you, my dude. No Problem. Das gesehen. Wir haben einen Small Dog jetzt im Studio. Das ist okay. Das Gute ist, doch, sie ist im Schatten. Das ist alles okay. Man sieht sie. Sick. Ja. Ja. Tatsächlich. Ricky, hör auf deinen Hund mobben. Du hast jetzt den Samuel fast ins Auge reingelangt. Hör auf, deinen Hund mopsen. Ist das legal? Das ist legal, ja. Das ist okay. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir dürfen nie eine Folge mit dir, dem Umi und dem Lukas machen. Oh no, wir sind alles nur noch Puns. Das wäre hard. Also, Ah. wenn der Umi da rein ist, gehen mindestens 4 Stunden vorbei im Fall. Aber, ja. Ja. Aber der Lenny hat eben gleich viel geschnurrt wie Anyhausen. Ricky, weißt du noch, was wir geschnurrt haben, bevor du aufgestanden bist, Alkohol für ein Bier holen? Gamer, Minecraft haben wir es gehabt. 16 Gitarre spielen. Ja, ja. Genau, ja, und dann Gitarre spielen und dann irgendwann hast du eigentlich dann noch entschieden, Atrobass zu gründen. Oder hast du zuerst noch andere Endeavors gehabt? Nein, tatsächlich nicht. Ist die erste Band gewesen? Ja, voll. Damn. Holy fuck. Das war zusammen mit dem Phil. Mhm. Ich habe den Phil so mit 16, knapp 17 kennengelernt. Dann so, was, du spielst auch Gitarre? Wow, sick. Mhm. Ich liebe sie, dass man meistens einfach dazu führt, dass man nachher eine Band hat. Ja, es ist pretty simple gewesen, wirklich. Ist das so ein Teenager-Ding? Also, boah, Ich glaube schon. du hast eine Gitarre, wir müssen eine Band haben. Ja, wirklich. Hast Wir haben es dann so hast abgemacht. nicht der haben wir- Kevin auch im Zug kennengelernt und einfach direkt gefragt? Der Kevin? Ja. Nein, den Kevin kenne ich, weil er auch aus Wedding war. Okay. Aber den Sandro habe ich auf eine sehr lustige Art kennengelernt damals. Zum vielleicht, Mhm. ich komme noch gleich drauf, aber
den Phil kennengelernt. Da haben wir angefangen, Metallica-Songs zu spielen und Machine Head und Love of God und Bob von Valentine und Trivium, weiss nicht was. Und da haben wir gefunden, hey, es wäre noch cool, zum zusammen eine Band zu haben. Die Songs, die wir geschrieben haben, sind meistens sehr ass gewesen, zu dieser Zeit, aber ist halt einfach. Und dann haben wir irgendwann versucht, einen Bassist zu finden. Und das ist immer schwierig gewesen, weil Bassisten sind im Metal einfach schwierig. Das stimmt, Taoist hat auch einen Sänger, der Bass spielt. Ja. Das ist fucking mühsam. Ja. Bass wird einfach nicht ernst genommen, Metal, I don't know. Du bist so ein wichtiges Instrument. Das ist das Wichtigste, Mann. Beziehungsweise normalerweise ist es so, dass der weniger gute Gitarrist einfach irgendwann... Es ist immer der schlechteste Gitarrist Ja, in der genau. Band. Ja, darum habe ich irgendwann- einfach, wo du mich gefragt hast, ob ich bei Taos mitmachen will, bin ich zu 100% sicher gewesen, dass du mich fragst, ob ich Bass spiele. Sind Gitarristen gemobbt worden, zum Bassisten werden, zum Großteil. Ja, leider. Ich wünschte mir, es wäre ein bisschen ernster. Aber ja, da haben wir irgendwann... da hat sich der Kevin selber in die Band eingeladen. Er hat gefunden, hey, ihr macht coole Musik, ich spiele bei euch Bass. Und wir so, okay. Und da haben wir die Band gegründet, zusammen mit einem Drummer, der Gabe. Das hat dann für ein Weile funktioniert, aber dann irgendwann nicht mehr. Dann habe ich zufälligerweise an der Aushebung fürs Militär ist mir der Sandro über den Weg gelaufen. Sandro, unser damaliger Drummer. Und er hat ein Hatebreed-Shirt angehabt und Kopfhörer. Und ist an mir vorbeigelaufen mit seinem Tablar. Und ich so, Dude, yep. Literally, ich bin einfach stören. Das ist so geil. Gut, aber als ob er etwas Besseres zu tun hat. Nein, aber er hat jetzt Mittagessen. Ich meine, Du hast auch wieder zum Mittagessen, ich habe niemanden kennt dort. Tito, genau. Dann ich so, machst du Musik? Also, spielst du Drums? Er hat wirklich einfach den Gesichtsausdruck gehabt von, ja? What the fuck? Suchst du eine Band? Hast du Caveman Energy? Ich weiß es nicht. Also er hat nicht so Caveman ausgesehen, er hat recht gepflegt ausgesehen. Ich weiß es nicht, wieso, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist es. Und er so, ja, what the suchst du eine Band? Und er so, weiß nicht, vielleicht. Ja, und dann habe ich so, wir haben Nummern austauscht. Ich schwöre, das ist wirklich fast das ganze Gespräch. Ich habe Nummern austauscht und habe mich dann mit ihm gemolden. Und dann haben wir so zu vierten eigentlich so die Band angefangen. Irgendwann ist dann der Phil ausgestiegen. Er hat dort viel anderes um die Ohren gehabt. In welchem Jahr hat der Tropas angefangen? Officially. Lass mich überlegen. Wahrscheinlich so 2008, 2009. Ja. Glaub. Etwa wie Expello in dem Fall. Nein, warte. Expello hat jetzt ins 20. Ah nein, ist 2006 in dem Fall, ja, stimmt. Ich glaube, das erste Konzert haben wir im 11 gespielt dann. Okay. Aber das war halt, gewesen, weil wir haben dort so Mühe gehabt mit unserem Drummer. Es ist raus. Ist noch einmal das zu viel Scheiß, Samuel? Ja. Ah ja, Ich hab keinen Bock mehr. tipptopp. Hätte ich auch nicht. Wir haben mega Mühe gehabt mit unserem Drummer und mit Bandraum gefunden und weiss was. Wir haben auch uns immer wieder mal in so scheiß Mieträume eingemietet, wo so vorbeladen sind mit Schlagzeugen und ein paar Amps. Ich muss aber sagen, mittlerweile wäre das gar nicht mehr so beschissen, weil so, wenn jetzt du eine Band hast, wo Leute drin sind, die schon einigermaßen Musik machen können, dann musst du eigentlich nur noch für Konzerte üben, wenn so ein Rig zum Beispiel für Tau ist, weißt du, wenn wir jetzt keinen Bandraum gehabt hätten und nicht bei dir im Büro könnten proben. Ja, sehe ich. Wär's Aber nicht ich so glaube, dort beschissen, ist aber einfach so- die Technologie nicht gut genug. Nein, gewesen. Nein, eben, früher Du ist hast das... einfach nicht laut genug einen Amp reingestellt bekommen. Ja, ja. Oder Logan-Amp. Ja, noch das. Und heute könntest du es einfach mit Modelers machen und es wäre easy. Ja, eben, es Du wäre... könntest sogar alles über In-Ear machen Ja. und es wäre einfach nochmal besser. I don't know. Aber dort ist das ein recht absolut krasser pain Kompromiss gewesen. Ja. Vor allem auch teuer. Das ist ja auch Ja, teuer. es ist schnell teuer geworden. Mhm. Und dann haben wir dort in Zürich noch müssen proben, obwohl wir alle von Wedi waren und haben nirgends etwas gefunden. Pain. Und dann ist irgendwann der Dave dazugekommen, nachdem der Ricky bei uns ausgeholfen hat. Und dann haben wir das erste Album dann geschrieben und aufgenommen in Italien.
Ja. Ja. Ist das mit diesen Worm, wie spricht man das aus? Wormhole Death. Wormhole Death. Ja, die gewesen. Dickheads. Die haben absolut. glaube ich, allen geschrieben. Oder? Ja, die haben alle geschrieben und die sind schwierig. Wer das schaut und das Gefühl hat, jetzt hat, er müsse bei Wormhole Death irgendetwas machen, macht es nicht. Ja. Ja, voll. Jemand hat mich mal gefragt und ich habe gesagt, nein, Bro. Fuck him. Fuck him. Ja. Ich habe dann eben auch den Deal so angeschaut und das Gefühl so, das lohnt sich für uns jetzt ganz sicher nicht. Nein, es lohnt sich für keine Band und vor allem, er zockt einem ab. Er hat bis jetzt keinen Rappen ausgezahlt. Ja, Ah, geile Sieg. Ja, ist super. Absolut bester Shout Reden. out, Wormhole Death. Nein, machen wir keinen Clip draus, das wäre zu polemisch. Und machen wir einen Clip draus. Fuck it, do it. Ja, fuck it. Yeah! Aber Dings, gell? Gell, wir haben in Spreit im Opener gespielt, ne? Ja, voll. Beim Open Circle. Open Circle. Ist das das, was wir mit Creed gespielt haben? Nein. XU. Creed? Nein, du hast doch gesagt, du hast irgend so ein Festival gespielt in Spreitenbach mit irgend so einem riesen Act. Nein, ist XU und Nile. Seether. Ist nicht Nile gewesen? Doch, Nile und Seether. Seether. Nein, nicht Seether. Shit. Wie heißt die Welsh fucking, wie heißt es? Scar, nicht Scar. Fucking. Und meinst du, oh nein, nicht Tropic Murphys. Nein. Die sind aus Boston. XU weiß ich, Nile, glaube ich, auch, so Egyptian Shit. Wie heißt die Band, wo ein Jamaican Singer hat? Skindred. Skindred, thank you. Ist es gewesen? Sie haben auch Damn. noch gespielt. Lustig. Das ist funny, weil ich fahre immer wieder vorbei, wenn ich im Tivoli gehe und ich denke so, ja, der muss Ich bin glaube seither nicht mehr dort gewesen. Gut, das macht für dich auch keinen Sinn. Das ist Ja, gar nicht am ich Weg. bin halt nicht aus der Gegend, ja. Ja, voll. Das war ja der Ficker gewesen, jedes Mal, jedes Mal, die zweimal, wenn ich zu dir ins Studio gefahren bin zum Aufnehmen, ich so, jetzt eine Stunde zurückgefahren. Ist schon nicht ohne. Fucking First Oh, World Problems. Ja, da auf der anderen Seite vom Hocker da. Okay, ja. Also es ist... Bist du mit dem ÖV mitgekommen? Ja. Ja, das ist schon Ich habe keine Lust, mehr so lange Auto fahren. Ja, es sind 40 Minuten im Fall. Das Ja. war voll easy gewesen. Ja, aber ich mache das... Ich fahre schon gerne Auto, aber ich kann es gehen, weißt du? Fair enough. Darum fahre ich einfach Zug. Ist Fair chillig. enough. Aber dann, erste Album, wann ist das gewesen? 15. Also rausgekommen, ja. Was ist mit Take Me Home passiert? Was damit passiert ist, im Sinne von, wieso ist es nicht auf Spotify? Oder irgendwo? Shout out. Das hast du Legit. Haben wir fast noch vermutet. Ja. Okay, here's what happened. Ja. Jemand hat auf Reddit im Metalcore Subreddit gefragt, hey, Wormhole Death haben wir geschrieben und gefragt, ob wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Haben ihr Erfahrungen? Und ich habe reingeschrieben. Ich habe Erfahrungen. Sie sind beschissen gewesen. Das und das und das und das. Und ich habe nichts geschrieben, was nicht stimmt. Ich habe nur Fakten aufgeschrieben. Sie haben unser Zeug released, sie haben uns aber nie geholfen mit der Promotion, sie haben uns nie geholfen mit Pushen, mit und so weiter und so fort. Nicht sehr gute Erfahrung. Er ist nicht sehr zuvorgekommen gewesen. Er hat uns nie etwas ausgezahlt für alle Verkäufe, Streams, weiss nicht was. Ist sicher kein Haufen Geld, nicht der Punkt, aber es geht darum, Transparenz. Ja. Hat er nie bewiesen. Da hat mir der Carlo, der Gründer, fucking CEO, kein Blassen, Ja. wie man sagen will, von Wormhole Death hat mir auf Reddit DMs angefangen zu schreiben, ich soll sofort meine Kommentare löschen oder er zeige mich an und er verklage mich. Ich habe dann meinen Kommentar editiert und geschrieben, sue me. Do it. Fucking do it. Wir können gerne vor Gericht gehen. Hat es natürlich nicht gemacht. Ja, Because- logisch nicht, weil So ein Story, wahrscheinlich... oder? Weil nichts von dem, was ich geschrieben habe, ist falsch. Ja. Und er hat darauf aber dann, petty wie er ist, hat er dann das Zeug gelöscht. Geil. Fuck, Alter. Aber no problem, ich habe die Masters, fuck him. Ja. Ich kann es immer noch aufladen. Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Ja. Aber ich Please, will's so please, ich kann es wieder hören. I will. Ja. Danke für die Stimmt, Erinnerung. das ist nämlich letzte, dort, wo ihr wieder zurückgekommen sind, habe ich ja so... Ist das der Song, den ich noch im Kopf hatte? So. Dann haben die ihn gespielt und ich so, Will auch als Videoclip Geil. können wir im YouTube wieder hochladen, weil der ist auch nicht drin. Yeah, er hat alles gelöscht. Ist Ja. ein Dickhead. Ja. Absolut Dickhead. Aber das ist der Grund. hast du nach Musikbusiness? Ja, aber er hat sich vor allem mit jeder Person, die ich kenne, die mit ihm regelmäßig zusammengearbeitet hat, hat er sich verspielt.
Ich kenne niemanden, der ein gutes Wort für ihn übrig hat. Und das überrascht mich. Weil es kann doch nicht sein, dass du so viele Jahre im Musikbusiness bist und offensichtlich so schwierig bist. Mhm. Ich weiß nicht, ob er persönliche Probleme hat oder nicht. Ich will den mutmaßen. Aber er ist nicht gut mit uns umgegangen. Es gibt halt viel so Scammer-Leute im Musikbusiness im Fall. Leider. Ja. Weil es ist verdammt einfach. Weil Musiker wollen halt all vorwärts kommen und sie wollen ihre Kunst teilen und easy target, oder? Ja. Mhm. Aber Und die wenigsten haben irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo sie von so, ja, ich wollte jetzt nicht scammen, doch Scammy-Leute targeted werden, er irgendwie ist ein Scammer. Erfahrung. Sorry. Ja, 100%. Er hat Erfahrung uns nie oder etwas sonst ausgezahlt, irgendetwas. ich kann es beweisen. Oder irgendwie sonst genug, also Lebenserfahrung oder sonst Erfahrung mit irgendetwas, dass Ja. man dass dort, Es sind immer die jungen Musiker, die gefickt werden. Ja. Plus ich meine, auch Musikbusiness ist auch so etwas, wo du fängst an und ist so, es gibt keine Leitfaden, wirklich. Also es ist so wie, ich weiss noch, wo ich 17 war, so, meine Idee war, ja, wir spielen ein Konzert und dann sieht uns vielleicht jemand von einem Label und Ja, dann ja. werden wir aufgenommen. Das habe ich Ja, auch die gedacht. Klassiker. So. Klassiker. Wir sind Guns N' Roses, by the way. Ja, genau. Und deswegen bist du natürlich zockt, weil dann kommt einer, verkauft die Hoffnung, oder? So, ja, dann fast wahrscheinlich, dort steht ja CEO, dort steht ja Oder- fucking und- Label. Das Und muss ja jeder, der dich anschreibt, kann ja alles und hat alles schon gemacht Ja, ja. und ist Aber einfach das Ding ist der eben, Bubble. wenn man mal die Deals anschaut, es kann doch gar nicht lukrativ sein für den Dude. Das verstehe ich auch Das nicht. verstehe ich auch nicht. Wie kommt der so... Also, wenn wir ein Album verkaufen, kommt er ein Viertel von den Einnahmen über. So viel Geld ist das nicht. Mhm. Es ist nicht so, als hätten wir 2,5 Millionen fucking Scheiben verkauft und er hat jetzt Cash Aber gemacht. es ist so wie California Condors. Warum verkauft sie nicht Koks, Alter? So, es ist warum insane. verkauft sie Metal CDs? Ich kann dir ab sagen, Anhören? wieso dass sie keine Koks verkaufen. Ja, fair, weil fair, mit Metal-CDs wirst du von der Polizei nur weggeschickt. Ja, fair. Aber ich meine, Das ist, California Condors sind die gleichen, die... Es ist Illuminium und Danke. Death Rage. ja, Death genau, Rage. genau. Die verdammte hure Scam. Hey, wir sind mal angefragt worden für einen spontanen Gig am gleichen Abend, weil Death Rage hat an diesem Gig abgesagt. Da Was? sind wir eingesprungen für sie. Schon. Ja, Aber die voll. hätten den Gig gehabt. Die hätten... Ja. Die früher eben haben sie schon gespielt. Und Ja. irgendwann haben sie einfach zu einer Pyramid Scheme geworden. Also die, Ja. ja, die haben, glaube ich, eine Tour gespielt und nachher Ja. hat niemand mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Ja, for obvious reasons. Ja, es war Nein, mal gewesen, in Zug hat uns Galvanik angerufen. Mhm. So Freitagabend, so, hey, uns ist eine Band abgesprungen. Könntet ihr? Und ich habe innerhalb von 5 Minuten habe ich die ganze Band angerufen, so, Ja. kannst du heute? Cool, wir gehen. Kannst du? Cool. Wir sind innerhalb von einer Stunde sind wir abgefahren. Geil. Alter, crazy, das ist etwas, was bei Versus nie würde passieren. Hey, das hat nur dort funktioniert, weil wir sind halt so 22-jährige Ja, fair. Dudes gewesen, die Also- daheim gewohnt haben. Also hat auch schon nicht funktioniert bei uns. Maybe. Niemand, wenn ich kann dir einfach, kennst du das Meme von wegen, Dem Leute ist ja. du musst jemandem anrufen, Ja. wenn er das Telefon abnimmt, wirst du verschossen. Ich weiss genau, wer mich anruft. So Leute habe ich auch. Aber also, ich rufe irgendeinen von meiner Band an. Snap. Immer. Ausser, wobei, ich bin mir zu 100% sicher, dass falls ich durch die Hand Dritter stirbt, dass der Timo und der Domi irgendwie involviert sind in dem Ganzen. Also wahrscheinlich nehmen sie genau in dem Moment das Telefon ab. Sie wissen es. 100 Pro. Gut, wir haben es nie eine Stunde vorher gemacht, aber 24 Stunden vorher bei Kamigawa, dort, wo Save Last Breath gemacht hat. Ah, das Wo war so Invoker ein nicht- cooler Moment. Wo Gewesen, in im Fall. Wochen nicht hätte können und dann sind wir eingesprungen, einen Tag vorher. Ich war dort bei uns im Bandraum am Abend. Und dann habe ich so geschrieben, oh schade, sehe ich so den Demi schreibt. Ich so, oh schade, Invoker kann nicht. Und dann 2 Sekunden später, hey, aber Whiteout kann. Und wir also, woo! Sick. Ja, das war funny. Und dann ist 2 Sekunden später ausverkauft gewesen. Sick. Ich glaube, eines der ersten Mal, als ich Atheropath gesehen habe, habe ich euch gar nicht sehen, weil ich an der Bar gearbeitet habe. Wann? Werk 21, irgendetwas mit Save Last Breath. Ich glaube, ihre EP da auf irgendetwas. Du die meinst die erste Oh. Whiteout-Konzert, wo wir Opener waren. haben, ah ja, Ja. stimmt. Whiteout, Atheropath und Save Last Breath. ist das gewesen, oder? Und Italien, Blitz on Dry. Ah, das war ja. ja der Release-Show gewesen Ja. von uns. Von Ja. euch? Ja. Ist das von euch gewesen? Ja, Wieso habe ich dort an der Bar geschafft? Wahrscheinlich, weil Silb euch angefragt hat. wahrscheinlich, ja. Ah ja, das kann sein. Es ist, schon, es ist also Amongst Pariahs, Whiteout, Atropas, Blitz on Dry und Save Fuck Last me, weil Breath. das ist, ich glaube, stimmt. Ich habe ein paar Mal im Werk 21 für Silber an der Bar geschafft. oder Ja, im weil Planet du 5. bist ja immer mit ihnen unterwegs Das war so gewesen. lustig. Gewesen. Ja. Das war ein wilder Line-Up gewesen. Ja. Das war fun gewesen, ja. Mhm. Dann habe ich, Ja, Bliss on Dry ist eben der Produzent von uns gewesen, dort, von Der both. Matteo, oder? Nein. Johnny. Johnny. Johnny, ja genau.
Matteo. La gente está muy loca. What is happening? Das ist nicht Johnny, la gente está muy loca. Oh my God. Yeah. Hey. Sorry. All good. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob es Johnny ist. Ich weiß auch nicht. Es spielt eine Rolle. Ja, es würde schon eine Rolle spielen. Wenn es ein ist, dann ist der Joke appropriate gewesen und sonst ist es einfach nur dumm. Das ist einfach hilarious. Ja, Ich glaube, es macht es lustiger, wenn es nicht ist. Das könnte sein. ich glaube, es ist nicht Johnny. Alter. Doch, es ist Johnny, what the fuck, la gente está muy loca, irgendwie so. Alright. Ich weiß aber nicht, wer der OG-Meme von dem ist. Das ist kein Meme, ist ein Lied. Oder ist es ein Ist ein Song. Von wem? Keine Ahnung, der ist irgendwie vor Es ist so 15 ein Jahren. EDM-Ding, Trash-Song. Alright. Ja, das ist eine perfekte Beschreibung vom Lied. EDM-Trash. EDM Trash. Aber in dem Fall, EDM Fresh wäre aber sicher geil. aber in dem Fall demnächst können wir das erste Album und Videos wieder mal los und durch. Ich hoffe es, ja. Ja. Ich hoffe es. Die Idee ist, dass wir vielleicht noch irgendwie ein paar Live-in-the-Studio-Aufnahmen machen, die dann rausgeben, zusammen Ja. mit dem Re-Release. Ich meine, Ja. es wäre 10-Jährige das Jahr, oder? Schon gewesen. Gewesen? Ja, schon letztes Jahr. Ich habe es schon verpasst. Ah. Aber halb so wild. Corona kannst du auch Genau, es zählt Wechseln, nicht. ja. Die grosse Pause kannst du einfach ausschließen. Genau. die große Das ist eigentlich Pause. das erste 8 Jahre. The Big Rift. Das ist aber wirklich so eine Zeitrechnung von mir mittlerweile. Ja. Nein, das ist vor Corona. Das ist noch nicht so lange her. Das ist Ja, nach das ist- Corona. ja, gewesen. ja. Und Ja, dann ja. so, warte schnell, Während Corona. nach Corona habe ich schon 2 Jobs gehabt und irgendwie viel Ohne Scheiß. gezügelt. Ja, fucking Ja. hell. Das ist schon crazy. Ja, Corona ist Covid, ist 2022 fertig gewesen. Ja. Das ist 4 Jahre her. Yeah, no. Fucking insane. Ja. Nein, da haben wir den Dort habe ich noch einen anderen Produzent gehabt für eine Version. Dope. Weißt du, was da? Herrlich. Ah, gibt's auch schon wieder. Sick. Ja, Ich kann doch nachher beide über mich auslassen. Ja. Ey, der Bella. Ja. Fucking schwierig. Ja. Fucking schwierig. Dann kann ich nur zustimmen. Besonders wenn der muss Clean Gitarre spielen. Okay, gut, das ist wirklich, das ist ein Pain gewesen, Alter. Ist das eine Story, die ich nicht kenne? Clean Guitar? Nein, ich kann mir so einen Mut setzen. So Du hast nicht müssen, Alter, du hast mich nur noch hässiger gemacht. What's happening? Ich habe so Lichter dimmt und so ein bisschen Rauchstäbchen gesetzt, so wie, okay, feel the mood und so. Einfach Yeah. immer nach 3-4 Noten einfach falsch gespielt. Ja, es Auch ist, zusammen aus dem sagen wir es mal Konzept. so, du hast ja quasi Good Night haben wir ja bei dir die Vocals aufgenommen. Yeah. Der Song ist ja relativ simpel, weil den haben wir 2017 schon geschrieben gehabt, veröffentlicht gehabt und dann wieder gelöscht von Spotify, leicht mit deutschen Text und allem, ja, genau. Und das ist das erste Mal, als ich so ein bisschen kleines Zeugs gemacht habe. Yeah. Dann haben wir das nochmal gemacht bei einem Song, der dann auf der zweiten EP war, der jetzt auch nicht mehr online ist, weil die, Bruder, ich habe schon 3 EPs released, holy fuck, man. Aber das ist so wirklich dann halt, ja, wir sind da noch nicht gut gewesen. Und darum ist es einfach, also für die Verhältnisse, die wir waren, sind wir gut gewesen, aber jetzt im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen, ist es halt wirklich Shit und darum haben wir das Zeug weggenommen. Ich tue es vielleicht gleich mal auf Bandcamp, Ja. damit man es hören oder kaufen, aber auf Spotify wird es nicht mehr kommen. Und dann haben wir nochmal hat der Domi einen Song geschrieben. Der Domi hat Alone geschrieben, mit dem coolen, schönen, kleinen Gitarrenpart bis Yeah. zum ersten Chorus an. Und weil das der Domi war und der Domi kann Gitarre spielen, muss man den richtigen Akkord greifen. Und das ist dir schwieriger Und gefallen. ich bin halt so, ich glaube mittlerweile würde ich es können Ja. einigermaßen besser recorden. Aber ich kann auch Mühe mit Clean Ich Gitarre. kann es jetzt auch live spielen, vor allem clean merkst du einfach jeden scheiß eben. Fehler. Aber- Und dann bin ich Ja. irgendwann so verdammt selber, habe ich mich weißt, du, ein bisschen selber aufgehängt und weißt, da kommt der Ricky irgendwann so, komm, einschnaufen. Gut. Du einfach hebt deine Schnur. Ja. Was Ja, ist? exakt das. Weil Wenn wenn ich etwas nicht kann haben, sind es Leute, die sagen, ich muss mich jetzt beruhigen. Wenn ich, Beruhig mich, dich. wenn ich mich selber schon beruhige. So, ich so, Ich ja, ich habe weiss. besonders in den ersten paar Jahren von Produzieren die Machine-Story sehr ernst genommen, wo er einfach den Lamb of God-Sänger einfach Rausgeschickt hat zum rausgeschickt Rennen. zum Rennen, so dass er nachher zerstört. Und Yeah. ich habe auch mal einen Bruder gemacht, dass er Push-Ups macht, dass er nachher zerstört hat. Und Schon geil. Und dann hat Ja, er, gewisse Sachen helfen schon. Ja, ja, Also ja, nicht so, dass voll. es falsch ist. dann hat er sich einfach so Räucherstäbchen aufgestellt. Hat das Licht dimmt, Kerzen angestellt, so Räucherstäbchen und ich nur so, Junge, willst du mich eigentlich ficken? Und ich dachte so mit meiner Gitarre. So, Der Ricky so. Der Ricky so. Oh nein, warte, ich stell die Club wieder weg. ich wirklich denke auch so. Also es ist wirklich, es ist Bombgate times 20 gewesen.
I mean, you tried your best. Jawohl, es ist gut rausgekommen, das ist wichtig. That's what... Ja, voll. Das war wirklich funny gewesen. Aber das wäre schon geil, wenn das irgendwie... Bandcamp ist sick, habe ich letztens rausgefunden. Dave hat mir geschrieben, er tut alles auf Bandcamp, er sagt einfach noch nicht dazugekommen, weil er am Arbeiten ist. Der Dave von Silb. Ja, der Dave von Silb. Ja. Ja, du unterschätzt im Fall. Manchmal kommen die Leute und finden so, ja, ich kaufe das Album. Ja, Ich bin auch überrascht, wie Also, cool Bandcamp eigentlich auf ist. Bandcamp Ja, das muss habe viel ich mehr jetzt, nutzen. an dem Tag, wo die neue EP rausgekommen ist, habe ich mehr Geld gemacht auf, also nicht ich, sondern die Band hat mehr Geld gemacht auf Bandcamp wie Ja, in der ganzen Karriere voran mit Musik. Ja, weil Streaming ist fucked. ja. Und meistens Streaming ist fucked. sind Leute grosszügig und zahlen ein bisschen mehr. Also, ja, Voll, du kannst gratis aufstellen und sie geben dir immer noch Geld. Ja. Ja, das ist so. Ich glaube, das mache ich also. Nein, die EP glaube nicht. Die kostet glaube ich einen Fünfer, wenn du sie willst. Mhm. Oder weniger. Was okay ist, by the way. Also, 5 Stutz Ja, für, voll. für Musik ist 5 Stutz für 5 Songs finde ich ganz okay. Voll, was Sehr. aber auch sehr cool ist, so ein bisschen Gamification, ist, wenn du eine Band sehr cool findest, nachher erscheint nachher dein Profilbild unten drauf von dem Album oder EP, dass du contributed hast. Ah, sehr. Und das ist noch cool. Das ist wirklich dope. Ja, voll. Weil dann kannst du so zeigen, die Band, die du richtig gerne hast, hey, ich support euch. Das heisst, du bist dann der Spotify 1% Listener. Sozusagen. Ja, voll. Immer noch mehr wert. Mhm. Ja, ja, definitiv. Kauft Musik im Bandcamp, ist gut. Fuck yes. Ist geiler Shit. Sind wir auf Bandcamp? Ja, noch nicht alles, Mhm. aber ja. Sowohl mit Atropas als auch mit City of Pillars. Mhm. Aber in dem Fall, erste Album, Wormhole Death, schlechte Experience. Yes. Aber ihr habt vorher schon Musik release gehabt, oder? Oder nicht? Ja, also wir haben Also du hast doch noch nicht, meine Frage ist eigentlich mehr, du hast doch noch nicht produziert. nicht wirklich, nein. Okay. Ich habe Demos gemacht und so von uns Mhm. und bin dann eigentlich wegen Johnny, wo unser Zeug produziert hat, eigentlich so drauf gekommen, so, hey, das ist eigentlich noch cool im Studio und so. Also die erste Studioerfahrung mit Atropas, wo wir Episodes of Solitude aufgenommen haben, das war fucking schwierig gewesen. Das habe ich wirklich schwierig gefunden, weil das erste Mal im Studio-Environment komplett anders Musik machen, als du sonst gewöhnt bist. Bist du nicht mal in der SAE gekommen, Vocals aufnehmen? Für Demos, aber das war Ja, das nächste Album gewesen. Ah. Ja, voll. Ja. Wow, aber ja, das Studio ist fucked, wenn du es noch nie gemacht hast. Ja, es ist fucking schwierig. Also, Fun Story, wo ich mit Eversis die ersten Sachen aufgenommen habe. Die erste EP habe ich ja selber aufgenommen. Dort haben wir noch 2 Gitarristen gehabt. Ja. Habe ich ein Part aufgenommen und dann haben wir so das Gefühl, gut, es kommt der andere Gitarrist seinen Part machen. Der hat ohne Scheiß angefangen, hat es gespielt, hat das Gefühl gehabt, ich wollte es mal hören, hat es gelost. Das ist scheiße. Hat es nochmal gespielt, hat es gelost und dann gesagt, Bruder, mach du. Das ist fucking er hat einfach demotivierend. gesagt, ich mach das nicht. Dann ist er einfach gegangen. Das ist fucking schwierig. Mhm. Dort ist aber besonders schwierig gewesen. Es war im Dezember gewesen, wo wir es aufnehmen sind, im Dezember 2014. Mhm. Und ich bin die ganzen 3,5 Wochen bin ich dort gewesen, Also dort in Italien in Italien. Ja. Mhm. Und es war kalt gewesen, es war nicht isoliert gewesen, dort wo wir geschlafen haben. Ah, geil. Mhm. Beschissene Situation gewesen. Vor allem bin ich lange Zeit bin ich auch der Einzige gewesen, der im Studio war. Und ich glaube, das würde ich keiner Band raten, alleine ins Studio gehen. Immer am besten jemanden mitnehmen. Nur schon einfach für Motivation, für Austausch, für... Auch wenn die andere Person nichts macht, ist es so wichtig, einfach irgendjemand von der Band dabei zu haben. Und... Es hat geklopft? Nein, nicht. Sorry. Poltergeist. Poltergeist. Ja, das war fucking schwierig gewesen. Und dann halt einfach auch noch alle Gitarren quad-tracked. Und Mhm. fucking Quad-Tracken ist so mühsam. Es ist so fucking anstrengend. Vor allem, wenn du nicht gewöhnt bist. Ja. Und ja, das ist nicht geil gewesen. Also das Aufnehmen von Episodes habe ich nicht gut in Erinnerung. Black Gold hingegen, fucking dope gewesen. Dort ist mir richtig gut eingefahren. Dort ist so, hey, wenn ich könnte, würde ich das jeden Tag machen. Das ist cool. Aber es gibt gewisse Sachen, die sind auch irgendwie amigs ist einfach geiler zum Recorden wie sonst. Ja, ich glaube, es ist mehr an meinem Skill-Level dort gelegen. Ich habe, glaube unterschätzt, was es eigentlich braucht, zum tight zu spielen. Mhm. Und, Ja, fair, sehe ich. und das lernen und mal sehen, hey, look, das ist okay für live, was du jetzt am machen bist. Für Studio braucht es etwas anderes. Ja. Und der Unterschied
zum einen mal lernen ist, also zuerst mal der Unterschied überhaupt kennenlernen ist mal so, oh crap, so muss ich, fuck. Das ist mal fucked up. Mhm. Und dann aber umsetzen, das ist nochmal etwas komplett Ja, anderes. du musst ja quasi wie etwas in dieser Situation lernen, wo du vorher noch nie geübt Ich hast. habe es nicht gelernt in dieser Situation. Ich habe mich fucking Kopf durch die Wand, bis ich es hergebracht habe. Mhm. Und ich bin dann heimgegangen und ich habe meine komplette Picking-Technik geändert. Über das nächste halbe Jahr, 8 Monate, habe ich komplett verändert, wie ich Gitarre spiele. Hm. In dieser, es hat mich so frustriert. Ich bin zuerst heimgegangen und habe 3 Wochen keine Gitarre mehr angelangt. Und dann nochmal neu anfangen zu lernen, wie ich überhaupt Gitarre picke. Das hat einen massiven Unterschied gemacht. Und dann, wenn wir nochmal ins Studio sind, ist dann so gewesen, okay, jetzt ist cool. Mhm. Jetzt kann ich das Zeug einspielen, ich brauche vielleicht 2 oder 3 Takes und es ist done. Mhm. Bis ich an diesen Punkt gekommen bin, hingegen Frustration pur. Fucking Frustration pur. Mhm. Da habe ich sonst nochmal einen Lifehack. Gut, bei deiner Musikrichtung wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden bei Atropas, aber darum einfach weniger Gitarre und mehr Synthi. Hey, ich glaube, das ist vielleicht ein guter Punkt mit besser arrangieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich würde weniger oder mehr sagen, aber besser arrangieren. Ja, gut, ja. Fuck yes. Das ist wahrscheinlich das bessere Wort, die bessere Ausdrucksweise. Gut, vor allen 3 in dem Raum schreibst du wahrscheinlich die most intricate shit, du. Ja, da habe ich absolut Vielleicht. keine Sorge, ja. Ja, Ich bin es definitiv nicht. ja nicht. Wir machen Hardcore, Alter. Hardcore ist fun. Du machst mal Hardcore und Nu Metal, wir wollen keine Gitarre spielen. Ey, aber bei City of Pillars haben wir auch sehr caveman-y Shit Ja. gerade am Schreiben und das ist Geil. fucking hilarious. City Ja, of das ist Pillars geil. ist geil, müssen wir mal hören. Mhm. Danke, das ist mega lieb. Aber ich Shoutout an Phil, by the way. Ja, Er ist ja Mann. bei mir auch Yes. mit mir City of Pillars am machen. Mhm. Macht er auch noch Hip-Hop auf die Seite? Derzeit viel weniger. Ich glaube, er ist mehr fokussiert einfach auf City of Pillars Mhm. und einfach für sich so schon Musik machen. Ja. Und dort macht er, glaube ich, von Knocked Loose-eskem Hardcore zu Trap macht er ein bisschen alles. Ja, voll. Ja. Gewisse Sachen landen dann halt bei City of Pillars. Das ist aber geil. Ja, er ist super. Ja, voll. Aber ich muss auch sagen, mein least favorite part vom ganzen Music-Making-Prozess ist Recording. Das ist einfach, du musst einfach liefern, oder? Ah, ich verstehe es. Mhm. Ich verstehe es. Gut, du bist halt dein Produzent. Ja, Das würde mich auch anschiessen. mein favorite part ist schreiben und mischen. Aber recorden hasse ich. Mischen ist dein favorite part. Das ist einfach mein Du bist ein favorite. Psychopath. Alter. Es ist ein sehr kreativer Part. Ich finde mich ist auch sehr kreativ. Aber ich finde, ich versuche halt beim Recorden schon so viele Entscheidungen zu treffen, dass ich beim Mischen viel weniger machen muss. Fair. Ich versuche halt wirklich alles, was ich kann, irgendwie committen. Mhm. Also 6 von Kompression auf den Vocals zu Effekt auf der Gitarre. Ich versuche so viel ich kann committen. Stimmt, das habe ich hure crazy gefunden, als ich das erste Mal ins Mikrofon hineingehebt habe bei dir. Das hat schon so insane produziert tönt. Und normalerweise, Das ist meine hast du einfach Hoffnung. gesagt, normalerweise bin ich, wenn mir selber aufgenommen ist halt einfach alles so trocken gewesen, wie so ein hure Bulle. Wie es jetzt wahrscheinlich tönt so. Ja, etwas so. Uns gesalzene Bulle. Trocken wie so ein ungesalzenes Bulle, wo du einfach so Nein, ich würde es auf Anfang an. Zähne hast. Aber geil. So ein gekochter Bulle. Das Sauce. Aber es ist so, weil Ich finde, es macht massiven Unterschied. Ich finde, zum Ton spielen, wo dann schlussendlich auf dem Recording landet, macht massiven Unterschied. Vom Drum zu den Vocals, alles. Wenn ich kann irgendwie committen, mache ich es. Ja. Nein, ich habe letztens auch zum ersten Mal Vocals aufgenommen, wo ich den Effects-Chain zurückgelost habe. Weißt du, diese Komposition und ich so wie. Plötzlich hast du Shit probiert, wo einfach noch nie probiert hast. Und du, ja, plötzlich okay, tönt deine Stimme, ja. nicht mehr weak as fuck. ja. Also Ich glaub, bei mir, vieles meine Stimme davon- nicht mehr weak as fuck. Ich glaube, vieles davon ist halt einfach, dass die Leute nicht wissen, wie viel Kompression eine Stimme verträgt. Mhm. Weil ich nehme regelmäßig mit. Wie technisch gehen wir da? Ja. So technisch wie du Okay, Gang 3, es hören jetzt nur Jungfrauen. okay, listen up, Virgins. 10 bis 12 Dezibel Kompression ist nicht viel. Das Ja. ist sehr okay. Mhm. Und Ich was, glaube, ich weiss sogar, von was du redest. Geil! was hast du für eine Vocal Chain? Derzeit nicht sehr speziell. Es ist einfach ein Art Preamp in ein Art Comp, Tube Comp. Aber ich möchte mir in nächster Zeit einen 1073 und einen, wie heißt es? God damn it, wie heißt es? Ich träume schon jede Nacht davon, jetzt vergiss ich den Namen. Der 73. 1073 Preamp mit einem EQ drin.
und ein Kompressor, der mega verzerren kann. Wie heißt der jetzt schon wieder? Du meinst den Distressor? Thank you. Ja. Yes, ein Distressor. Ja, nice. Yeah, those are words that I understand, but I don't know the meaning of. Es tönt cool. Yes! Ist Das nehme ich an. so unterm Strich. Distressor ist so wie der... Ja, ist einfach mega bekannt. Ja, es sind beliebte Kompressoren, die Ja, mega voll. aggressiv tönen. Geil. Wenn du willst. Ja. Geil. Ja, Wir machen Metal, wir wollen. Ja. Ich finde Mit- Metal tönt zu wenig aggressiv. I agree. Weil, wenn ich Metal höre, wollte ich, dass es tönt wie das God Hates a Album von Slayer und nicht Ja, ist wie vielleicht, wie Madonna. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Grundsätzlich lieber so als so. Ich finde, ich weiß nicht, ist das überhaupt noch ein Hot Take, dass Metal zu poliert tönt? Nein, Ich glaube, ne? es ist nicht wirklich ein Hot Take. Es ist, glaube ich, einfach, dass alle das Gefühl haben, das, was sie machen, sei nicht poliert. Wahrscheinlich, ja. Wie oft ich gehört habe, ja, weißt du, es tönt so roh. So, wo? Voro. Wo tönt das roh? Alter, das Zeug ist gekocht, das ist Ja. well done. Wir nutzen genau, das ist wir Congratulations. nutzen halt Alter. alle die gleichen MIDI-Drums, gleiche... Ich glaube, ich habe letztens gerade eine lustige Diskussion über das gehabt mit dem Phil. Und ob jetzt all die gleichen MIDI-Drums, also es verwendet all Gecko-Drums, es verwendet all Neural und es verwendet all fucking nur den gleichen Bass und weißt du was. Und Submission Bass. ja, genau. Ja. Und ist das der Grund, wieso das alle gleich tönen? Oder, und ich glaube, da hat der Phil wahrscheinlich recht, ist es, weil all die gleichen Songs am Schreiben sind. Das auch, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der springende Punkt. Wenn der Zuhörer fragst, hey, findest du die Snare und die Snare tönen gleich, würde er sagen, welches ist die Snare? Ja, voll, ja. Und ich sehe den Punkt, weil ich habe auch immer die Meinung gehabt, so, hey, es verwendet all Gecko Drums, es verwendet all Neural. Ja, es tönt alles gleich. Ja. True, yes. Aber das ist nicht der Grund. Ja, voll. Das stimmt. Ich habe mich schon öfters an einem Konzert gesehen, dort stehen mit dem Nico oder dem Ricky, wie nennen wir es immer? Breakdown Bingo. Ja. Breakdown Bingo zu spielen. So, und jetzt macht es dann. Jetzt droppt zwei es Sub. dann raus und dann kommt der Synthi und er singt clean drüber, dann macht es komplett raus und Ja, er du macht. kannst den Song vorhersagen. Ja. Und dann macht es. Ja. Ich glaube, das ist das love größere it. Problem, dass die Leute nicht nur polierten Metal machen, Ja. was ja an sich okay wäre, aber sie machen dann auch nach Schema. Ja. Es ist Malen nach Zahlen mit Metal-Formula. Fair enough. Ja, voll. Ja, das ist schlecht, ja. Ist vielleicht auch der Grund, wieso ich so wenig Metal höre in letzter Zeit. I don't know. Boah. Und deswegen bin ich so inspiriert von den Hardcore-Mixes. Die sind einfach teilweise so Viel interessanter. Mega. Also, was die jetzt zum Beispiel in Deutschland am machen sind, so Dagger Thread und so, einfach das ist alles ein Bruder in Hamburg. Sick. Productions 1408 oder so. Und der Bruder macht Dogbite, macht die ganze deutsche HC-Band. Das ist einfach so, es ist dann einfach. Wo einfach auch alle genau gleich tönen. Ja, Hot Take von meiner Seite fair. Ja. Aber einfach brutal hässig. Also brutal. Ich kann deswegen, glaube ich, auch so cool gefunden, mit Eversys zusammenarbeiten. Weil ihr habt von Anfang an halt nur echte Instrumente verwendet. Und egal, was ich dann gemacht habe, es hat wirklich keine Möglichkeit gegeben, dass es nicht nach euch tönt. Und auch die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass er nichts auch noch fucking fixet, sondern ihr nehmt einfach... Nein, es war eine fucking gute Entscheidung gewesen. Weil... Ist es eine Entscheidung oder Faulheit? Wer weiß. Kann man das so oder so auslegen, Gute weil nein, das Ding ist, du kannst Fullheit nennen, aber Fakt ist, du hast es mehrmals einspielen, damit es tight war. Fair, ja, das stimmt. Weil dort sind die Leute eben viel fuller. Die Leute spielen lieber Ice Takey, fixen the shit out of it. Nein. Und dann nennen sie sich so, ja, weißt du, ich habe es dann eben noch editiert. Nein, du bist von Anfang an full gewesen. Das ist der Grund. Wir haben effektiv, vor allem auch, wenn ich jetzt bei der Gitarre ein Take habe, wo ich jetzt ich mache ja hure viele so scratchy Sachen, wo ich eigentlich quasi Ghost Notes auf der Gitarre und wenn ich es Heißt das literally so? wenn ich schon Ja. crazy ich habe keine Ahnung von dem, was ich mache, und dann habe ich wirklich so den Domi dort gehabt, der aufgenommen hat, die Gitarre mit mir, und dann ist er dort gehockt und hat das Gefühl gehabt, wenn das Take nicht scheiße tönt, nehmen wir es. So, wieso? So, du hast einmal nicht abgedämpft. Ich so, was? So, man hört, wie du die Hand auf die Seite, über die Seite ziehst, ist geil. So, ja, ist gut. Ja, aber das ist eine Entscheidung, das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, voll. Aber gut, Und- das haben wir dann wirklich angefangen. Das ist nämlich, wo wir beim Ricky waren, das erste Mal im Studio, haben der Ricky eben auch einmal das gesagt.
das ist geil, da hat das Bling drin. Ich so, was? Los jetzt. Dann hat es wirklich irgendwo einfach so Bling. Mhm. Das gibt Leben. Ich So, glaube, okay, ja. ich glaube, es kann wieder führen oder wieder sein. Aber der Punkt ist, es ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Weil es kommt so oft vor, dass ich Gitarristen frage im Studio, hey, hast du absichtlich das oder das gespielt? Und der sagt mir, ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Weil ich komme so oft einfach Projekte zugeschickt über, wo die Band selber nicht weiss, in welche Richtung das es wollen. Und das finde ich schade, weil wenn ich dann ich finde, euer Projekt ist ein Vorzeigebeispiel gewesen dort durch. Ihr habt von Anfang an gewusst, es muss so tönen. Und ihr habt von Anfang an gewusst, die Vision ist in die Richtung. Und bitte macht das, aber in mehr. Es ist Literally. literally Beschreibung, die wir Ja, aber das ist cool, weil es heisst dann nicht, hey, das sind meine DI-Spuren und meine MIDI-Drums und mein MIDI-Bass und eine Vocalspur und macht, dass es nach einer Band tönt. Das ist keine Vision, das ist keine Vorstellung, das ist keine Kunst. Und das finde ich schade, weil das ist faul. Ja, Sich nicht mit dem eigenen Fair. Sound auseinandersetzen und sich nicht mit der Wunschvorstellung von dem, was man erreichen will, auseinandersetzen, ist so viel mehr als nur Musik machen, als nur ein Song schreiben, wo in die Musikmacherei hineingeht. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin oft mit dem Domi im Bandraum gekocht und wir haben einfach nur geschaut, ob das überhaupt geil ist. Und dann haben wir es einfach mal am Schlagzeug gespielt und mit dem Amp gelost. Also einfach nichts, kein Bass, kein Synthes, kein gar nichts, sondern einfach nur mal geschaut, ist das Grundgerüst überhaupt geil? Ja, aber ihr habt dann euch entschieden, um ein echtes Drum aufzunehmen. Ihr habt einen Bass aufgenommen mit einem DI und einem echten Bass-Sound. Und ihr habt mir Gitarrenspuren geschickt, die fertig sind. Ihr habt mir DI-Spuren geschickt, die ich alle gekübelt habe. Nein, weil es ist schon von Anfang an gut gewesen. Klar hätte ich noch können, keine Ahnung, ich hätte noch können reampen und noch anders tönen lassen. Es wäre nicht besser gewesen. Es wäre einfach anders gewesen. Ja, das ist eben eigentlich das Ziel gewesen. Wir haben das Zeug auch wirklich nur aufgehört, weil wir haben ja nicht ich habe nicht über das Helix aufgenommen. Ja, nicht über fein. das Cab. Aber darum ist einfach so, ja, wenn man es machen kann man es machen. Wenn jetzt irgendetwas wirklich ist oder du eine geile Idee hast, wo man noch etwas zusätzlich machen können, darum haben wir es dort drinnen gehabt. Haben die Bass mikrofoniert? Hä? Haben die Bass mikrofoniert? Nein, Helix. Helix auch, ja. Bruder Helix macht alles Fucking mit dem fine. Helix. Ja. Helix Fucking ist fine. die beste Anschaffung, die ich mir für mein musikalisches Schaffen gemacht habe. Hast du Mit das Abstand. Plugin auch abgeladen? Das Plugin? Du hast ein Plugin von Helix, das Der Helix Editor. Native heisst. Ajax, nein. Du kannst alles auch am PC machen. Und du kannst die Tones machen und du Aber ich kannst alles auf glaube, Helix ziehen. mit dem Stomp kommst du das eben nicht über. Kannst vielleicht etwas draufzahlen und dann kommst du es über. Aber ist so der Ja, Editor oder kannst du auch als Plugin abrufen? Literally ein Native Plugin, wo du kannst all deine Sounds... Schon. Yeah. Ich habe eben... Nice. Das Gute ist, ich weiss es nicht, wie laut Das ist das, was Neural verspricht, aber nicht macht. Ich weiss es eben nicht. Es ist so, mir ist mal ein Helix, irgendwo hat einer ein Helix von mir gebraucht gehabt, dann hat er das falsch eingesteckt und aus irgendwelchen Gründen hat er nachher den Amp-Out, Power-Out, am Kopfhörer-Eingang von meinem Helix angeschlossen. Oh no. Und hat das Ding verbraten. Fuck. Und dann hat meine Versicherung mir ein neues Helix gezahlt. Darum habe ich Sick. jetzt bei mir daheim habe ich das Blaue. Und weißt du, Ist auf meinem Schreibtisch als mein Audio-Interface. Top. Darum, ich brauche es gar nicht. Ich kann einfach immer... hast du nicht mal einen im Zug liegen lassen? Nein, das habe ich nicht im Zug liegen lassen. Das ist mir im Zug entwendet worden. Fuck. Ah. I see. Ja, das ist mir im Zug entwendet worden. Ja, Fucked up. unterstrichen wir. Ja, darum... es kann nicht sein, dass ich das irgendwie, ich weiß nicht, verhängt habe. Nein, es ist irgendwie Aber- abhanden gekommen. Und ich habe auch nochmal ein neues bekommen. Aber Helix Native ist dope, weil du kannst all deine Tones fertig machen am PC und du kannst einfach auf die Stomp ziehen. Oder was auch immer das hast. Ja, das ist geil. Geht's mit der Line 6 Pod Go? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube es nicht. Der Pod ist, glaube ich, wirklich ich glaube, es effektiv. ist eine andere Infrastruktur, die da drauf ist. Ja, aber der Pod haben es, glaube ich, wirklich... also, sie haben die gleichen Sounds, aber sie haben es, glaube ich, extra so gemacht, dass du eben nicht kannst den Pod kaufen und dann... Es wäre 100%ig möglich. Ja. Rein vom Chip, der da drin ist, müsste es möglich sein, aber sie haben es natürlich kastriert, damit Ja, du nicht fair, kannst den Pod kaufen. Weil sonst hätten sie ja dann wie ein Helix Ja, vielleicht. für so weniger Geld. Ja, aber to be fair, Stomp ist ja schon hure wenig Geld, was du Ja, dafür ja, ausgeben. Das ist so. Aber dort hast du kein Preview. Ja, genau, der Yeah. Expression Pedal, das ist Das geil. ist das Ding, wenn du das Wii U hättest am Stomp, dann Am ist Stomp hast du keine. das ist nichts. Musst du dann Ja. einfach eine... Es Es ist ist nur, einfach 2, 3. es hat 3 Schalterli Ja, und es gibt noch das XL, das hat 5 Schalter. okay.
Aber ich brauche sie eh nicht. Ja. Ich brauche sie nur zum, ich glaube, 3 Sounds machen Ja, während einem voll. Konzert. Gut, to be honest, Brauchst du ich mache alles am PC mit Plugins jetzt. Das ist wirklich... Also meine verstauben da langsam meine Sachen. Ey, im Fall, das habe ich, glaube ich, als ich gezügelt bin, habe ich so viel Musik-Equipment vertickt auf Ricardo. Verwendest du deinen Camper auch nicht mehr? Nein. Ich spiele ja nicht mehr live. Ich singe. Ja, aber mehr, dass du überhaupt noch Verwendung hast dafür. Der Buri, Shara Buri, Ciao. hat mal seinen Camper verkauft und ist jetzt Neural Fanboy. Und jemand hat mal auf seinem YouTube-Channel kommentiert, ja, aber der Reverb auf dem Camper ist viel besser als auf so. Dude, shut the fuck up! Als erstes Mal wäre los einfach nur der Reverb vom Camper an. 1, 2. Who the fuck are you? So, what the fuck? Es ist etwas vom Lustigsten und ich mache mich immer noch darüber lustig. Das ist so Das ist gut. aber wirklich, jetzt was du sagst. So, ja, Jetzt voll, ja, verzeihst. der Camper Reverb ist viel besser Ich als muss der Neural. wirklich sagen, der Reverb auf dem Ricky seiner produzierten Album EP ist wesentlich besser, weil dort haben wir es mit einem Camper aufgenommen, Ja, wie der, den voll. ich gemacht habe, weil der ist nur der Helix Insane. Reverb. Ja, gewesen. aber der Delay musst du eben vom Fractal nehmen Ja. und Chorus nur voll 1,6. Fucking, ich schwöre, Gitarre-Community ist so fucking Es sind insane. alle Ja. insane, ja. Ja, fucking Alle. insane. All. Das kommt wie, jetzt kommt mein Lieblingsspleen mit der Gitarre-Community. Weißt du, das Holz macht den Ton so. Okay, schau jetzt, rein technisch gesehen liest du falsch und rein technisch gesehen liest du auch ein bisschen falsch. Weil ich habe genug Elektronikausbildung gehabt, um zu wissen, dass der Ton vom scheiß Tonabnehmer kommt. Zu etwa 98%. So wirklich so viel Prozent. Und dann auch wenn, schau jetzt, ich gehe den Punkt ein. Ich gehe den Du hast Punkt einfach ein, das dass- Video mit den Strings und Pickups geschickt. Bruder, nein, ich weiss, wie ein Tonabnehmer funktioniert. Leute, die nicht wissen, wie ein Tonabnehmer funktioniert, die haben halt keine Ahnung, die können das gar nicht verstehen. Aber ein Tonabnehmer macht nicht anders wie, der nimmt Schwingungen im, Metall, also im Magnetfeld auf. Da hat Holz das einfach wirklich gar nichts zu melden dabei. Ja, aber die Seiten schwingen lang. Ja, okay, gut. Jetzt Akustikgitarre sehe ich und jetzt ist es aber so. Johnny, oder wie auch immer das so heisst, ist mit deiner Stefan. Stefan, mit deiner Schecter Hellraiser mit aktiven EMG-Pickups. Ich meine, ja, vielleicht macht es einen Unterschied, wenn du eine Gitarre hast mit passiven Tonabnehmer, ein Kabel, das absolut keinen Sound verzerrt und du gehst in einen clean-as-fuck-Amplifier rein. Dann macht Holz vielleicht einen Unterschied. Aber du, Hurenwichser, gehst mit deiner aktiven Tonabnehmer von deiner Ist Schecter MT2. Hellraiser in einen gottverdammten scheiß Tube Screamer rein, wo du nachher in einen PV 5150 reinrührst. Shut the fuck up! Ja, es hat das sich lieber- Signal ist bis dahin vergewaltigt, umgebracht und nochmal vergewaltigt worden. Und vor allem setz dich lieber damit auseinander, wie dass du deine fucking Gitarre pickst. Weil die Leute picken immer noch zu wenig hart. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach bis jetzt immer beschissene Erfahrungen mit Basswood gehabt. Ich könnte dir nicht mal sagen, was meine Gitarren sind. Ja, und ich habe sogar Pickup Was hast du für eine gewechselt. Gitarre mit Basswood gehabt? VGS, die erste mit Evertune. Ja, das Problem ist Evertune. Das ist schon noch Oder cool. das Setup von der Gitarre? Was ist denn deine Erfahrung mit dem Basswood? Da kann ich, Die Gitarre ist nicht gut gewesen. Dann habe ich noch aber was war es gewesen? Was ist das Problem Es war gewesen? so ein wenig Sustain, so ein Dead gewesen. Und einfach so ein Das Feeling, wahrscheinlich wenn der sie einfach Tonabnehmer am spielst. Arsch. Ich habe den gewechselt. Ich Sicher? habe nachher bessere drauf da. Ist nicht geändert. Ja, Also weißt du ich wieso? Weil Tonabnehmer wechseln auch nicht Und bringt. das Gleiche habe ich mit so einem Wieso bringt Tonabwechsel nicht? Ja, so viel. Wie hast du gewechselt? selber? Ja, aber was für die Tonabnehmer hast du drin da? Puh, ich weiß nicht, das ist schon lange her. Aber ich habe schon 2 Gitarren mit Basswood gehabt und beide habe ich gehasst. Und beide habe ich verkauft. Die Tonabnehmer macht eben auch nicht so einen grossen Unterschied. Was mehr Unterschied macht, ist die Distanz vom Tonabnehmer zu der Seite. Die macht massiven Unterschied, aber wenn beide die gleiche Distanz haben, tönt es schon anders. Ja, das ist so. Aber die Ja, Distanz ja. ist massiv wichtig. Ja, fair. Ja, gut, Tonabnehmer machen schon einen grossen Unterschied. Ja. Machen wir Ich finde, doch. sie machen wahrscheinlich in der Gitarre den Unterschied. Also Ja, der- voll. Also wenn alles andere an der Gitarre stimmt,
dann ist Wenn, es wenn deine Gitarre gut ist und alles an der Gitarre gut ist, dann kann der Tonabnehmer, dann ist der Tonabnehmer das Einzige, was einen Unterschied macht. Ja. Vielleicht Seiten noch, wenn du andere Seiten kaufst. Ja, ich hab, Ja, ich glaube, dort muss es einfach frisch sein. Und Ja. dann ist easy. Ja, meine Gitarre ist einfach so wie Wands in Harry Potter. Es muss einfach passen. Im Fall. ja das Zum ist so. Beispiel- Also nein, das, Ich glaube schon, dass eine tote Gitarre sich beschissen anfühlt zum Spielen. Ja, Das finde ich schon ja. auch. Definitiv. Aber ich kann nicht sagen, ob es am Nein. Holz liegt oder Nein, nicht. Ich glaube, es ist mehr Konstruktion mehr als alles andere. Aber ich glaube, vielleicht gibt es da eine Korrelation von Mhm. Basswood ist mega günstig, Mhm. verwendest in nicht sehr teuer hergestellte Gitarren, sprich Mhm. eine günstige Gitarre hat oft Basswood, sprich sie ist schlecht hergestellt, sie tönt tot, weil sie ist schlecht konstruiert. Mhm. Plötzlich findest du Basswood scheiße. Ich glaube, es sind so viele Mikrofaktoren, aber im Ja. Endeffekt ist einfach so dein Feeling, wenn die Gitarre einfach anlangst. Und das mit gibt's. meinem Solar im Fall, es ist einfach Liebe im ersten Moment. Ja, Solar, Nope. die sind fucking sick. ich meine, ich muss Pickups nicht wechseln, es ist einfach die drauf sind und Ich glaube, mittlerweile sind einfach auch Pickups Das ist so auch- viel besser geworden, als voll. wo wir angefangen haben. Das ist legit etwas, was sich Ja, verändert das hat. ist so, ja. Das ist so. Mhm. Ja. Was ich aber muss sagen, ist, ich habe eine insane Gitarre gekauft letzte. Ja. Die ich jetzt bei Taois brauche. Das ist Simar. Japanese. Die du mir gezeigt hast, die du gefunden hast, das Die ist hässliche. lustig. Ja, dope. Die hässlich. Dope, Ich habe sie dope. jetzt. Das ist der Shit. Und ich habe die Elektronik nichts mehr machen. Mhm. Das ist einfach 40 aus Japan und es ballert. Dope. Ja. Das ist hure geil. Ja, das ist wirklich, die ist der Shit. Aber ja, sonst Tonabnehmer, bei billigen Gitarren sind sie immer kacke, das stimmt. Aber dann haben sie einfach zu wenig Sie Wicklungen. zumindest. Zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob es zu wenig Wicklungen sind oder einfach Mhm. die Art und Weise, wie das sie es gewickelt haben. Keine Ahnung, Ja, es ist da einfach- verstehe ich zu wenig. Das ist einfach nicht gut. Aber sie haben tendenziell einfach so einen nasalen Sound, wo zu wenig Bass und zu wenig Höhe haben, aber alles in der Mitte haben. Und das ist bei Gitarren grundsätzlich mühsam, weil Gitarre ist sowieso schon ein verdammt mittiges Das Instrument. Mhm. Und dann willst du einfach mehr vom anderen als noch mehr von dem in der Mitte. Hast du immer noch 3 Millions? Yeah, Geil. yeah. Ich spiele immer noch sehr viel. Ja, das ist sexy, oder? Die ist dope. Mayonnaise ist ein Instrument. Ist tatsächlich ein Instrument. Ja. Aber ich weiss so früher, wo keine Fresh hast angefangen Gitarre zu spielen, Gear ist so wichtig. So jeden Tag, boah, Fluff hat ein neues Video gedroppt. Was gibt's jetzt Neues? Oh mein Gott. Ola, oh mein Gott. Ja, Mann. Ja. Yeah. Nein, ich glaube schon, dass Gear wichtig ist und es ist mega unwichtig. Es Aber ist beides gleichzeitig. beides. Gear ist mehr wichtig in einem kreativen Sinn. Das Nicht- inspiriert. Nicht in einem, Ich sehe, was du meinst. Mhm. nicht in einem Ding. Ich kaufe fast nur noch Gear, wo mich kreativer macht. Ja. Ich sehe, was du Weil, meinst. wenn ich eben, ja, wenn du so, wenn du jetzt irgendetwas so wirklich Weirds hast, dann machst du nämlich ganz andere Sachen, wie sonst immer. Bin ich voll bei dir. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch. Also du musst eine erst gute ab- Grundausstattung haben. Genau. Das ist, du musst Ich glaube, es muss Du musst auf einem gewissen Qualitätslevel anfangen Mhm. und ab dann ist es scheiße. Du musst eine Gitarre haben, die gut ist, du musst einen Amp haben, der gut ist, oder irgendetwas, was den Ton macht, der gut ist. Und dann ist es eigentlich wirklich egal, was du davor hängst. Also Ja. was du noch machst damit. Ja, ab dann ist es egal. Ich glaube, heutzutage der Threshold ist einfach so viel tiefer. Ich meine, Harley Benton sind schon mal sehr gut. Insane. Nachher Boss Katana, fucking Ja, go for it. du bist mit 100'000 Franken bist du so weit, dass du kannst Mit 100'000 Franken. mit unter 1000 Franken. 100'000 Nein. Ja, mit 100'000 Franken, komm im Mann und seine WhatsApp-Gruppe. Ja, dann darfst du meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Weil dann kannst du voll mit mir Oh, ja. dich über Musik austauschen. Und Crypto-Advice gleichzeitig. Yes, of course. Ich gebe dir dann noch Crypto-Tipps. Wenn du mir 100'000 Stutz gibst, sage ich dir auch, wie du kannst reich werden. Fucked up. Das ist das Business-Modell von Ja. ihm, Ja. Bro. Gear Talk ist immer gut. Nein, ich glaube mit unter 1000 Franken, wenn du ein paar 100 Franken für eine Gitarre ausgibst und ein paar 100 Franken für ein Amp oder einen kleinen Practice-Amp und vielleicht noch das Interface. Und dann Ja, kannst du schon machen Musik wir Ja, du brauchst nicht mal mehr das Interface. Abandoned Island Gear Setup. Du hast. Oh, Eine bessere Du Idee. hast Nicht Abandoned Island. Du bist mit Atropass auf Tour. Ferien. Ah ja. Euer Tourbus ist geklaut worden. Ja. Und Metal Servala gibt dir 600 Stutz, 1000 Stutz für. Wir sind ja in der Schweiz. Es geht nicht mit 500. Es geht nicht mit 500. okay. Metal Servala gibt dir 1000 Stutz, dass du heute Abend kannst einen Gig spielen. Was machst du? Hast du eine Idee? Junge, das sollten wir echt mal mit Leuten spielen in einem Musikladen. Oh my god. So, Anderton 1000 Style, Stutz, mit 1000 Stutz. Weil ich habe das Video gesehen von Andertons, was das machen, und ich habe Ja. meinen Plan seit da.
Ich habe jetzt Preise nicht im Kopf. Ja, es ist jetzt egal. Einfach mal so. Okay. Man kann ja, weißt, du weißt ja etwa so, Mid-Class Ibanez kostet 500 Stutz. Yeah. So, Ich würde mir wahrscheinlich muss jetzt nicht so tatsächlich genau sein. etwas so Mid-Level Ibanez irgendetwas holen. Oder was gibt es noch für unter 1000 Stutz? Warte, Gitarre plus Amp. Über Gitarre Ich muss- plus etwas, was Lärm macht. Das kannst du auch, wenn du jetzt natürlich sagst, wir spielen mit Atrapass, DI, kannst du auch DI gehen. Die Frage ist mit Cap oder Cap ist auf der hast du dann weniger einfach. Fuck Cabs, man, Ja. hier, zählt das. Ja. Alright. Cool. In-Ear ist nicht in dem Tourbus, der geklaut Ah, wurde. cool, das habe ich bei mir gekauft. Das In-Ear ist im Aus Tourbus, Gründen. das In-Ear ist Ja. im Tourbus gewesen, das andere Ja. ist im Okay. Wagen. Wir haben es in ihr schon ausgeladen und dann ist der Tour ausgeklaut worden. Fairplay, ja. Mhm. Der ganz 40 Töne. For some reason. Ja, genau. Ja, die ganze Bühne ist auch weg. Irgendein Mid-Level, vielleicht sogar irgendwie so eine günstige Fender oder Charvel, irgendwie so. Mhm. Weil das ist pretty fucking dope, die haben Ja. mittlerweile echt geile Angebote. Mhm. Und es Line 6 HD oder so. Weil die kommst du auch noch günstig über. Und am Set. Dann macht man 2-3 Tones und I'm good. Was ist Line 6 HD? Also HD Go oder wie heißt es? Ah, der der dort. Podgo. Podcast. Ja, Er ist irgendwie so auch ein Scheiß. 200 Stutz oder so. Ja, hab ich gesehen. Ja. Ja, Das voll. plus vielleicht noch ein wie heißt der Boss D-Tuner da, weißt du, zum können Pitch shiften. Hell Von yeah. Boss. Mhm, sie haben neu auf den Markt gebracht. Schon. Ah, ist es Yeah. nicht einfach das Whammy von Ja, Boss? ja, ja. Aber es ist halt nur D-Tuner ohne, Oh. also es ist nur Pitch Shift ohne Whammy. Alright. Perfekt. Das ist nur das Wichtige. Nur das Wichtige. Würde ich jetzt anders behaupten, aber ist wirklich. Ja, wenn du so viele Tunings hast wie mir, Fairplay. dann bist Gut. du froh um so ein scheiß Gadget. Ja, das ist so, Ja. das ist so. Das ist definitiv so. Mhm. Mit verschiedenen Tunings. Was nimmst du? Ich glaube, es wäre wirklich so eine günstige Ibanez, Mhm. weil es ist meine Backup-Gitarre seit eh und je. ist dope. Also da würde ich jetzt sogar, ich glaube, wenn ich irgendwie mal falls wir irgendwann würden hinfliegen, ich würde die Gitarre mitnehmen, nicht irgendeine andere. Mhm. Und jetzt habe ich zwei Optionen. Wenn ich mit Taoist spiele, Mhm. dann bin ich gefickt. Mhm. Aber dann organisiere ich mir, glaube ich, einfach den Laney, die genau gleiche Amp, wie ich jetzt schon habe, der Laney Mhm. Ironheart Pedal Amp. Ironheart, ja. Was kostet 180, 190 der? Stutz. Fuck yeah, do it. Und er hat 60 Watt und er Ja. fügt wie Ja. Sau. Oder Ja. sonst auch, würde ich glaube auch wirklich, oder das Teil oder das Valeton GP200. Weil ich habe mir als Backup-Rigs Valeton GP5 gekauft. Das ist ja so groß wie so ein Was Stimmgerät. kostet Ibanez die Iron Cross? Iron Label. meinst du? Iron Label. Boah, das sind glaube ich etwa 700, 800. Ja, Fuck, schon drüber. Ja. Also Okay. gut, die sind, wo ich das letzte Mal geschaut habe, 700, 800 gewesen. Das heisst, mittlerweile kann es Mhm. wahrscheinlich günstiger sein. Weil ich will mir glaub, so eine zutun. Vielleicht jetzt untere Reihe oder so. Vielleicht. Nein, Ja. Iron Label ist ziemlich, Ja. das ist ein Midrange. Die haben ja auch schon geile Pickups drin und so. Mhm. Normalerweise. Ja, die sind so 800. Fuck. Ja, 800 bis 600, nein, das ist ein Jackson. Okay, cool. Was kostet die Jackson? Jackson ist 685. Sag mal. Das ist ein Soloist einfach. Fuck yes, gib mir einen Soloist. Soloist. Ja, ich Geil. nehme Soloist. Mhm. Und ich gebe mir irgendeinen fucking HD Go Pod, was auch Mhm. was. Ja. Irgendetwas, wo einfach schnell einen Ton kann machen. Ja, voll. Und von Seymour Duncan der Power Amp, wo so klein Ah, ist. ja. Oh je. Ah, warte. Ricky, was machst Ist Seymour du? Duncan? Ja, Seymour Duncan, ziemlich sicher. Was machst du? Shure Wo einfach einen SM58? Knopf hat, wo du kannst aufdrehen kannst. Der ist, glaube ich, von Thomas Eigenmarke. Der ist Gibt's T-Bone. mittlerweile vielleicht Ja, auch? der gibt's. Ah, ist auch von... Okay. Ja. Du hast die Kopie. Ja. Den habe ich. Ah ja, der fickt auch wie Sau. Da habe ich Ja. schon mal Super. gehabt. Ja, voll. Ricky, was machst du? Shure SM58? Jetzt gibt er 1000 Stutz aus für ein Mic. So ein Kondensator. Einfach fuck So ein it. Fettes mit Aber einem ich glaub- Ständer. Also, der eine... Ständer gewesen. Der eine Amp, den ich wirklich leider verkauft habe, ist der PRS MT15. So ein 15 Das ist Watt. cool. Du hast den Der ist verkauft? geil. Der ist geil, ja. Dann finde ich... Also... Du hast ja Archon, oder? Ich habe keinen Arcade. Ah nein, hast du nicht Archon. Nein. Hast du nicht mal PRS mal gekauft? Nein. Ah, Ich habe eine Gitarre von PRS, ja. aber ich habe mir nie einen Amp gekauft. Was hast du für einen Amp? Du hast mal einen coolen Amp geholt.
Ich habe einen Friedman JJ. Freeman JJ. Ja. Und ich habe einen EVH 5153 Ja. und Powerball. Powerball, ja. Ja. Nein, aber eben der PRS MT15, der ist wahrscheinlich auch 600 Stutz oder so. Bruder, keine Ahnung. Ja, Der das ist- ist sicher. Der ist nice. Und der hat so einen integrierten Overdrive. Du kannst einfach Ja. ziehen und der fickt. Und dann ich weiß nicht, was für eine günstige Gitarre dann noch gibt. Für nachher 400 Stutz wird schon schwierig. Das ist schon schwierig. Ja, Wenn es nicht bei Tomon ist, ist es schon schwierig. Ja, da gibst du Harley Benton oder so. Ja, voll. Ich meine, die ist auch Harley Benton. Ja. Habe Ja, das ist cool, finde ich. Ich habe 30. bekommen. die ist richtig sexy. Und die ist sick. Mit denen habe ich auch mit Haus gespielt. Ein paar Stimmt, Covers gespielt, ja. Sick. mit dem Hure, du kannst das Pedal nehmen. Du kannst dir eine teure Gitarre kaufen und dann das Pedal, das du gebraucht hast. Stimmt, wie heisst der Pedal dort? Also, Moore hat doch mal so Pedalboard. Yeah, so, dope. so Amp-Pedals gemacht. Ja, voll. Die sind hure geil gewesen. Ja, habe ich gespielt, ja. Das ist Ricky hat geil. mit dem gespielt. Fucking dope. Ja, voll. Aber mit Das ist Bariton- Hardcore. Ja. Gut, wir haben Nickelback gespielt, also von dem her. Ja. Fucking yes, baby. Nickelback und Peter Big Dick Steel. wie heißt es nochmal? I Don't Wanna Be Me. The Golf von- Daddy. Golf Daddy. Typo Ding. Negative. Typo Negative. Ja, voll. Der tut mir I don't wanna be. wir haben nicht Oh mein Songs. Ich weiß gerade schon fast eine kleine Erektion in der Hose. Oh, Ja, God. richtig stabil gewesen. You're welcome. Das war so, gewesen, wir haben nicht genug Songs gehabt, wir haben schon 1 Stunde Set bekommen. Oh no, Nein, wir müssen Covers in Stundenset gewesen? Ja. Nein, 3/4, Alter. Das war ja bei der Sylp-Plattentaufe gewesen. Schon. Da haben wir sicher nicht eine Stunde gespielt. Ah, fair, nein. Stunde ist. Ja, fair. 25 Wir haben einfach Minuten. 2 Covers reingenommen, weil es Ja, viel genau. gewähnt. Es hören es eh niemand zu. Ja, Du das hast ist glaub- klar. Covers sind fun. Ich Du liebe hast, glaube Covers ich, einfach spielen. Golf-Chicks Ja. imprägnieren. Ich Alter. gerade will sagen, imprägnieren. Aber ihr habt auch mit der Tropas Impregnate. Dings-Cover gemacht. Ja, voll. Yeah. Voll. Wie heißt der nochmal? Careless Whisper, oder? Careless you. Whisper, ja, Yes. das ist geil. Aber wir sind eigentlich wir sind nicht weiter als das erste Album von Tropas. Ja, Nein, wir Black sind, Gold wir ist sind noch nicht erzählt. weitergekommen, wieso dass der Nein, Mahmoud nein. angefangen Gitarre zu spielen. Ja. Ja, voll. Und dann sind wir True. böse eskaliert, irgendwo hinten abdriftet. Ja. Haben wir gesagt, wer deine erste Gitarre war? Ähm, Wir haben ein Yeah gemacht, wo du sie musst einfügen Das Foto, ja. Aber ich Ja, ich aber wir habe haben nicht gesagt, gesehen, ja, was also das meine ist. erste Gitarre war ein Aria Strat Copy. Mhm. Gut. Nichts Spezielles, hat irgendeinen Crack hinter im Rücken gehabt, also man kann sie einfach aufziehen. Legit. Also es ist fucking. Und ich habe es lange nicht mal gewusst. Ich bin so zum Ja. Gitarrenbauer gegangen, so, hey, ich will die ein bisschen aufbessern, könntest du mir irgendwie schauen, dass sie ein bisschen stabiler bleibt und so, mit dem Tuning, weil sie verstimmt sich mega schnell. Und er so, ja schon, aber hast du das gesehen? Und ich so, Obviously. nein! Sie hat einfach einen Riss hinten, so ab dem Hals, einfach quer durch. Ja, Sie damn. hat, sie lässt sich immer noch spielen und es ist nicht so irgendwie, dass sie auseinandergeht. Hast du mal gecleamt? Nein, tatsächlich nicht. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie, also du musst wirklich dran ziehen, dass Okay. das aufgesetzt Also jetzt ist er halb akustisch in dem Fall. Yes. Ja. Seither. Officially. Ja, das war die erste Gitarre gewesen, und ein Roland Microcube. Mhm. Und da habe ich angefangen, schnell mal mich selber aufzunehmen über, wie heisst das Scheißprogramm? Audacity. Oh, ja. Oh mein Gott. Ja. Und mein erstes Mikrofon war meine Webcam. Legit. Ey, Fun Fact. Ja, ich habe die Webcam genommen und vor der Amp geleitet. Ich habe eines gehabt mit diesen kleinen Mikrofonen, wo so. Das ist ein Lav-Mic. So ein Lav-Mic, wo einfach für die Webcam, also eigentlich für Skype und so war. Ja. Ich glaube, das ist sogar aus unserem Stäbel. Es funktioniert. Ja. Fucking dope. Ah, das ist nicht das erste Breakdown of Sanity-Album in den Laptop hineingeschraubt worden. Ja. Ohne Scheiß. Ja, tatsächlich. Das ist funny. Also, außer sie haben uns komplett verarscht. Das wäre schon lustig. Aber Ich glaub's nicht. Ja, also so nachdem wir bei ihnen im Bandraum waren, habe ich komplett eine andere Sicht auf die Band gehabt wie vorher. Ohne Scheiß. Weil ich habe das Gefühl, die haben jetzt so irgendwie noch so Label und weiss ich was alles. Weil Die haben sonst ja kannst, nichts sonst dort kannst du ja drin, nicht so gross werden, oder? Ja, das ist ja voll DIY. Das ist independent. absolut. Es sind einfach so 5 Dudes, die einfach so das Gefühl haben, sie machen jetzt mal. Mhm. Und dann haben sie so Fucking dope. ein neues Genre gegründet. Fucking dope. Das ist Ja. insane. Mhm. Das ist wirklich komplett crazy. Ja, voll. Ja. Aber so gesehen einfach Black Gold. Nein, wieder. Black Gold sind wir noch lange noch nicht gesehen. Was er für eine Gitarre gehabt. Genau. What?
Du hast Wir vor 2 haben über die Sekunden... Strat geredet, du hast gefragt, welche Oder- Gitarre meine Genau. erste Gitarre war und dann der Amp. Und dann haben wir über Recording geredet kurz. Wie das mal angefangen hat, hast du über dein Love-Mic erzählt. Stimmt, stimmt. Vorher haben wir wo hast du noch Black Gold noch erwähnt? Ja, das Ja, ist wir schon haben über- lang her. Alter. Ja, wir haben Ja. über Episodes geredet und wie das scheiße war Ja. und dann bei Black Gold cool war. Das ist Ja. schon etwa 3/4 Stunde her, wo wir darüber geredet haben. Wo wir den Warhol Death geredet haben. Das ist gut. Yes, fuck Wormhole Death. Das ist insane, man. Die Anzahl an Scammers, die es so gibt. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 5 E-Mails bekommen für meinen YouTube-Channel von Schon? irgendwelchen fucking Firmen, Mhm. wo mir wollen Geld geben, dass ich ihre AI-Musik-Plugins präsentiere. Oh, was? Yeah, Geil. fucking gross. Oh, ugh. Ja. Ja, Yeah. nice. Also, Scammers are everywhere still. Nee, ich bekomme nur immer mit der Versus-E-Mail, also Anfragen, wir wollen für die Goff-Frauen-Clothing-Brand Werbung machen. Und dann denke ich mir so, ja, ey, passt. Wieso nicht? Hast du irgendetwas, wo mein Arsch reinpasst? Dann kommt keine Antwort mehr. Die ist sauhend. Ja, du musst dann immer denen schreiben, Sie die kann anderen baiten. Es kommt immer so, but you have to write us on this account Ja, because das- we ran into irgendwelche restrictions with Aha, plötzlich sind with Scams. messages. Das sind Und die ich so, Bots, ja. aha, Was für ein- ich was für kann es ein- dir anlegen, weil er einfach ein Scam sind. Vielleicht. Ich muss auch sagen, also AI und Musik, der einzige Nutzen, den ich gesehen habe, wo ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon, sind Stem Separations von Tracks, um nachher so Drums spielen oder so. Ja, aber das ist cool. Das ist sick. Das ist super. Das ist sick. Aber das ist wie nicht, das ist nicht kreieren. Genau. Ich bin ja wie Das ist nicht, okay. ich bin nicht gegen AI, weil AI generell nicht schlecht ist, aber man sollte es einfach nicht überall reindrücken und einfach Ja, und vor unnötig machen. allem, Und vor allem einfach nicht generieren damit. Ja, genau. Weil niemand vermisst. Also, das Kreieren von ist ja das Spannendste an. Mhm. aber der Ding, der CEO von Suno hat gesagt, dass niemand will Fuck Musik that machen guy. weil Musik machen ja so ein mega langwieriger Prozess ist. Du musst Oh zuerst lernen, nein. das Instrument So- so spielen. viel Zeit und so. Und nachher musst du es noch, du hast es selber gesagt, und nachher hast du es im Studio einspielen. Ja, Du hast ja. selber Oh, gesagt, das ist mein mega Gott. mühsam Oh mein gewesen, Gott. ja. Du musst noch jahrelang üben und so. Someone shoot me. Das Ganze kannst du sparen. For 1999. But wait, there's more! Fuck that. Some people think that's a deer. No, it's Chuck Tester. Ich schwöre, ich kann jetzt gar wieder nur Chuck Tester sagen. Fuck! Oh, das habe ich ja lange noch nicht gesehen. Alter. Ja. No, it's just Chuck Tester. Fuck. Aber Aber wie bist denn du dazu gekommen, dass du jetzt ein Studio hast, wo du andere Leute dazu Schwerpunkt, ja. kannst, also wo andere Leute dir Geld geben, dass du mit ihnen Musik machst? Oder für sie Musik aufnimmst? Die Kurzantwort ist Covid. Ah, ja, okay. The Big Rift. Ja, quasi. Und zwar, wir haben Black Gold rausgegeben, wir haben unsere Release-Show gehabt, Wo habt ihr Black Gold aufgenommen? auch in Italien. Auch in Italien? Ja, Beim gleichen? beim Johnny. Ah, ja. okay. Ja, genau. Für Black Er ist Gold? super. Für Black Gold haben wir den Event gemacht. Warte schnell, oder? halt, Genau, nein, der Johnny Listing ist nicht der Wormhole Death Dude, das Korrekt. ist der von Bleed Someone Dry. Genau. Alright, Korrekt, gut. korrekt, korrekt. Johnny dope. Johnny, shout out, Ja. he's cool. Ja. Johnny, love you. Bleed Someone Dry ist sick. Yeah, Check Bleed Someone it Dry out. sind Ja. amazing. Mhm. Alles coole Dudes. Ja. Wir sind es beim Aufnehmen, wir haben das Album fertig gemacht und das war in der Konstellation von mir, Dave, Kevin und Sandro. Mhm. Wir haben das Album dann rausgegeben, wir haben eine Listening Party gemacht, ich glaube, die bist auch dabei gewesen und Das- alles cool, alles mega spannend gewesen, mega viel artsy Approaches und ich bin super stolz auf das Projekt. Mhm. Da haben wir die Release-Show gemacht und das war im September 19 gewesen. Mhm. Und wir haben dann angefangen zu planen fürs nächste Jahr so, okay, jetzt machen wir Shows, jetzt gehen wir Gas. Ah. The world thought differently. Ja. Ja. Und dann ist so Februar, März gsi, 2020. Und der Kevin hat dann announced bei uns, dass er wird aussteigen. Mhm. Ihm ist dort nicht so gut gegangen, alles cool, sehr verständlich, sehr plötzlich gsi leider, Mhm. aber im Zusammenhang mit was jetzt auf uns zukommen wird, wir haben es wieder noch nicht gewusst, dass die Welt so der machen wird. Mhm. Und da hat es angefangen mit eben alles schließt, alles geht zu, kein Konzert mehr, kein nichts mehr, keine Musik mehr machen, Mhm. kein. Und man muss vielleicht sagen, ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer noch sehr fest über mich als Musiker definiert, also mich als Person. Mhm. Ich habe mich nur können über Musik machen definieren als Mensch und Mhm. ich bin Gitarrist und Sänger in dieser Band und das ist meine ganze Persönlichkeit. Mhm.
nicht sehr gesunden Approach, den ich dann herausfinden musste. Weil jetzt ist es weggefallen und jetzt habe ich so nicht gewusst, was ich bin, wer bin ich, was mache ich jetzt mit mir selber. Und sehr eine schwierige Phase war für mich. Gekoppelt mit Unzufriedenheit im Job, nicht sehr happy, depressive Phase. Was mache ich jetzt? Okay, ich mache halt selber irgendwie Musik, alleine im Studio. Auch nicht geil. Fuck. Okay, was mache ich jetzt? Braucht irgendjemand etwas? Das ist eigentlich so das gewesen. Und ich bin dann frisch. Stimmt das? Bin ich dann frisch gezügelt? Ich glaube, etwa dann dort bin ich gezügelt. Neuen Musikraum eingerichtet, wo ich dort noch nicht kann, wirklich ein Studio nennen, weil ich habe erst dort das Zeug anfangen aufbauen. Ich habe mein Gitarre. Aber das ist dort, wo du jetzt das Studio hast? Nein. Nicht? Okay. Nein, das war noch in der alten Wohnung. Ich bin bis letztes Jahr bin ich noch dort gewesen. Ich bin letztes Jahr im Februar bin ich gezügelt, jetzt dort her, wo du jetzt schon gesehen hast. Und ich habe dann müssen irgendwie lernen, was und wer ich bin außerhalb von der Band und dass ich auch außerhalb von dieser Band einfach irgendwie einen Wert habe und so. Sehr artsy-fartsy, sorry. Nein, aber das mit der Identität im Fall ist hart. Weil das kann ich auch. Das ist schwierig. Ja, weil das ist so wie so lang, so viele Jahre ist es wirklich so wie du hast so den wie kann ich sagen, den Self-Awareness oder du dich selber finden. Du beziehst natürlich zu deinen Skills, zu deine, keine Ahnung, die Größe von der Bühne, die du spielst, oder whatever the fuck, oder die Views, und das ist so wie, und eben das Abkoppeln ist auch schwierig. Ja, und ich habe das natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht können. Ich habe mich nur über das definiert. Und das ist im Nachhinein natürlich sehr ungesund, aber zu dem Zeitpunkt weißt du das nicht, weil ich habe nur für das gelebt. Ich habe nur Musik machen, ich habe nur meine ganze Freizeit in Musik investiert, ich habe nur Gitarre gespielt und mich mit dem auseinandergesetzt und ja, ich habe dann angefangen, mich mehr mit Produktion und wie produzieren und aufnehmen und so auseinandersetzen und dann habe ich gefunden, hey, es wäre eigentlich noch cool, so mit anderen Bands zusammenzuarbeiten und habe dann einfach mal angefangen auf Facebook posten, so, hey, braucht irgendetwas, ich fände es cool, mit jemandem zusammenzuarbeiten, zum Recorden, aufnehmen, mischen, weiss was. Das Problem, was dann passieren kann, ist, nachher tust du den Self-Worth mit deinen Mix-Quality. Meine Snare ist scheiße. Hey, ich habe jetzt gerade wirklich so nicht, dass ich mich da irgendwie in das Gespräch reinbringe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich hätte vielleicht etwas erreichen können, wenn ich mich mehr auf die Musik fokussiert hätte. Weil ich bin ja eigentlich die ganze Zeit nur am Snowboarden gewesen und ich habe früher Unihockey gespielt und ich Mountainbike und alles das ganze Zeug. Aber durch das habe ich dann während Covid eben effektiv nie das Gefühl gehabt, es fehlt mir etwas, weil ich nicht an Konzerte gehen und so. Also wahrscheinlich ist es gar nicht einmal so schlecht, dass ich mir ja, aber ich meine, Ausgleich ist gesund. Ich glaube, Diversification is the way. Ja. Definitiv. Ich glaube, dort ist es einfach wie Corporate so, wie dein Portfolio, Alter. Da müssen wir aber schauen, dass die Kappe auch rum ist und fuck me. Ja, schlussendlich ist dann halt vieles ist halt auch gewesen, weil meine Freundin hat mich einfach dort durch einfach auch wieder aufgebaut und super halt dort durch gewesen. Und dann habe ich angefangen mit anderen Bands zusammenzuarbeiten und dann habe ich gemerkt, hey, Musik machen darf auch sein mit anderen und nicht nur mit der Band und dort angefangen Musik machen und mit anderen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und dann ist dann irgendwann Covid durch gewesen und dann habe ich das noch ein bisschen mehr angefangen zu pushen und here we are. Ja, ich glaube, viele können wahrscheinlich mit dem relaten, was du gesagt hast. Also das mit, ja, möglich. Mit fokussierst so deine ganze Energie, alles in einen Topf, oder? Und wenn ja, aber es ist ja, du stellst ja nicht, du kommst ja normalerweise ja nicht in eine Situation, wo das einfach dir weggenommen wird. Definitiv, ja. Und dann ist es wie eigentlich normal, dass du halt Zeit investierst in etwas, was dir wichtig ist. Weil du gehst ja nicht davon aus, dass du nicht mehr kannst und nicht mehr darfst. Wir haben ja wortwörtlich nicht mehr dürfen Musik machen für andere Leute. Alle Clubs sind zu, alle Bars sind zu. Haben die Livestream schon? Du hast ja nicht mehr mit deinen Kollegen im Bandraum sein. Nein, nicht einmal. Du hast ja mit deinen Leuten im Bandraum dürfen. Im Bandraum hätten wir nicht mal Internet gehabt. Also weißt du, es hat nicht mal funktioniert, wenn wir hätten wollen. Ja. Aber der Kevin ist ja dort auch schon ausgestiegen gewesen. Also weißt du, so, es ist gerade beides zusammen gewesen, so, hey, mein Buddy steigt aus und ich kann jetzt nicht mehr mit ihm, er will nicht mehr Musik machen mit mir. Und er, also das hilft dann natürlich auch nicht. Nein, also, es ist alles zusammengekommen, so fuck me. Aber das Leben hat so einen schönen Weg, dass immer alles zusammenkommt. Ja. So, darum ich habe so meine Suspicions, wenn es so 3-4 Jahre zu gut läuft.
Ich erwarte lange, ich warte jetzt dann wieder. Ah nein, wobei ich bin vor so 2 Jahren. Glas zu voll. Ich bin vor 2 Jahren entlassen worden, von dem her. Ich habe mal etwa 3-4. Wenn es jetzt 3 Jahre so weitergeht, dann passiert wieder gleich mal etwas. Was ist los? Ja. Das ist so eine These. Beim Sport habe ich die auch. So alle 3-4 Jahre mache ich mir etwas. Oh no. Ja, ich hoffe es Ist jetzt wieder nicht. Zeit? Okay. Ich hoffe es jetzt nicht. Holst du lange? Also weißt du, wenn, dann ist es schon passiert. Oh no. Ja, dann während Covid und dann habe ich auch mit dem Phil auf einer Musikebene wieder connecten. Mhm. Also der Phil ist auch in der Zeit, wo er nicht mehr bei Atro-Speaker ist immer noch mein closest buddy gewesen, auch jetzt noch. Alles cool. Und dann haben wir wieder angefangen so, hey, wie wär's, wenn wir jetzt so ein Pandemie-Projekt anfangen? Ja, wieso nicht? Dann haben wir angefangen zusammen Songs zu schreiben und dann ist Self Pillars daraus geworden und jetzt sind wir dort ein bisschen mehr aktiver am Proben und so. Mhm. Ja. Auch so für Live-Shows und so. Das ist das Ziel, ja. Mm. Ja, das ist die Hoffnung. Aber das hilft eben auch so für das eigene Musikprojekt dann. Ja. Weil der Domi, unser Drummer, ist ja irgendwie ein halbes Jahr in die Ferien. 24, nach den Shows, die wir in Polen gespielt haben, hat er sich auch verpisst. Mhm. Ja. Und dann hat ja Fearlab mich gefragt, ob ich Bass spielen bei ihnen. Und der Ricky hat mich 2 Wochen vorher schon, also eigentlich sind es ja nur mal 5 Shows gewesen, die geplant waren. Dann hat der Ricky mich gefragt, ob ich bei Gitarre spielen. Und ich so, ja. Und dann irgendwann ist der Domi zurückgekommen und hat so das Gefühl gehabt, so, und wie läuft's? So schreibt man einfach so, und wie läuft's mit dem? Ich so, bist du zurück? Ich so, ja. Also, wir machen das Album. Und er so, Let's go. Junge, bist du durch? Ich so, was, wieso? Ja, ich habe gemeint, du hast jetzt keinen Bock mehr zum Musik machen, so viel wie du tust. Ich so, Junge, ich habe jetzt so viel mehr Ideen wie vorher. Let's do it. Ja, ist doch geil. Dann ist er gekocht so, ja, aber wir machen sicher kein Album, weil ich habe keinen Bock zum 10 Songs am Stück aufnehmen. Und ich bin ihm Ja, so das verstehe dankbar, ich. hat er das gesagt. Ja, das verstehe ich. Das ist schon hart. Hätte so keinen Bock drauf gehabt. Ja. Aber ja, eben, es hilft, das Zeug hilft dann auch zum bei anderen Sachen wieder kreativ sein. Mhm. Weil amigs bist du einfach zu lange an etwas dran und verlierst wie auch, nicht die Motivation, aber du verlierst wie so ein bisschen den... Ja, ich glaub, Kreativität hat auch seine Kosten. Mhm. Definitiv, ja. Mhm. Und das habe ich dann aber auch gemerkt, ich habe so viel mit anderen Bands zusammen gearbeitet, dass ich keine Energie mehr hatte zum selber Songwriting machen. Mhm. Also es ist dann irgendwann wirklich so ausgeartet, dass ich nur Musik für andere gemacht habe als Job. Mhm. Was ja an sich mal so auf hohem Niveau ist. Mhm. Soll überhaupt nicht so überkommen. Es ist mehr so, fuck, wenn ich jetzt nur noch Musik mit anderen mache, dann kann ich keine Musik mehr für mich selber machen. Ja. Also muss ich dort irgendwie ein bisschen eine Balance finden. Ich glaube, langsam bin ich an einem Punkt, wo ich die habe. Mhm. Aber wenn du es realisierst, kannst du etwas machen. Ja, genau. Wenn du es nicht realisierst, das ist dann das Problem. Ja, Ja, voll. absolut. Ja, wir sind beide, glaube ich, nicht zum gleichen Gedanken gekommen. Oder ähnlich. Weil ich habe auch so ein Zeitchen gehabt, wo ich mega viel am Machen war und natürlich auch 100% arbeiten, was Ja. gut ist. 100% arbeiten, nachher jede freie Abend noch Bands aufnehmen, mischen, mastern, whatever. Und irgendwann findest du, hey, dann hast du einfach, du willst das Letzte, was du machen willst, nachher, wenn du heimkommst, ist die Gitarre anlangen. Ja, und überhaupt noch irgendeinen fucking Ton hören. Ja, voll. Ja, Du hast so Kopf, ja, Schlagzeug Ja, aufgenommen hast den wirklich. ganzen Tag. Ja. ja nein. Mhm. Ja. Deswegen tue ich jetzt nur mischen. Ja, ich glaube, mir würde der kreative Anteil beim Produzieren würde ich glaube vermissen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch ein massives Privileg von, ich darf an einem Ort wohnen, wo es niemand stört, wenn ich echte Drums aufnehme. Das ist sehr cool. Und wo es niemand stört, wenn ich laut bin und Mhm. schreie und mit der ganzen Band proben. Und also, Dann bei dir proben. yeah. Ah, Es ist ein fucking Privileg. Es ist ein Ja. fucking Privileg. Don't get me wrong. Es ist fucking amazing. Mhm. Und das ist halt alles auch nur wegen der Eltern von meiner Freundin. Mhm. Sie geben uns den Space und ich darf dort Musik machen und es ist fucking dope. Geil. Yeah. Ja, das ist sick. In der Stube proben ist, oder im Büro proben ist schon noch funny. Mhm. Ja. Habe ich letztens gelernt. Mhm. Wir haben da hinten schon 3 Tage in der Probe gehabt. Da drin. Ja. Ja. Und das funktioniert gut. Ja. Ich Fucking dope. habe zum Glück sehr gute Nachbarn. Geil. Ja. Ja, Die haben, ist einfach, dope. die haben einfach einen Golf und darum haben sie das Gefühl, ja, komm. Ist schon Der ist okay. auch schon laut. Ist schon Der okay, darf der wenn der Ricky einmal in der auch. Woche ein bisschen laut ist. Ja, Das ist geil. aber wir müssen jetzt ja nicht mehr so viel. Nein. Allerdings, wir haben jetzt zum Beispiel Drums haben wir bei Expello aufgenommen. Jetzt letztens. Yeah. Dort habe ich auch zum ersten Mal wirklich auch Room Mics und so direkt mit Kompression aufgenommen und so. Ja. Erste Erfahrung. Das ist natürlich sehr nice. Aber ja, allerdings, das
beim ersten Album ist schon ein bisschen bekloppt, einfach 10 Songs aufnehmen. Mit dem Dave einfach ein Weekend Ja gut, 10 Songs reinballern. aber ich habe das Gefühl, das ist auch dann etwas anderes gewesen, weil das erste, du hast ja wirklich eigentlich die 10 Songs geschrieben in 3 Minuten geschätzt. Mhm. Und dann macht es ja wie Sinn, dass du die auch alle aufnimmst. Ja, Von dem her, wenn du ja als schon ein bisschen erfahrener Musiker Songs geschrieben hast, dann macht das schon Sinn, ein Album aufzunehmen. Mhm. Gerade am Anfang. Weil Wieso nicht? du lässt dir lieber ein bisschen mehr ja. Zeit, dafür hast du noch 10 Songs. Ja, voll. Aber jetzt machen wir wahrscheinlich den E-Versus Route. Jetzt tun wir alles im Proberaum stellen, alles mikrofonieren, alles Solar, alles im Mixer. Und nachher gehen wir einfach dort nicht mehr auf. Ja, das ist fucking dope. Schon Mhm. geil. Ja, das Ja. mache ich bei mir also. Bei mir ist jedes Mhm. Instrument also das ist das ganze Prinzip gewesen bei meinem neuen Studio, dass ich jedes Instrument, das ich im Studio habe, Mhm. eigentlich immer Plug and Play ist. Geil, das ist super. Also jedes Instrument, das bei mir visible ist, Mhm. kannst du einfach anstellen und kannst aufnehmen. Das Das ist ist fucking amazing. Das ist so geil für Kreativität. Was hast du für ein Schlagzeug? Das DW. Mega Collectors. schön. Ja, es ist fucking dope. Ja, Viel mehr kann ich nicht sagen dazu. Das musst du erklären. ja es ist wie technical können wir jetzt Hey, sagen. ich bin gerade am Reinsaugen, alles von Drums. Der Ricky hat Okay. angefangen Schlagzeug zu spielen, also von Okay. dem her geht rein. Okay. Es ist das DW Collectors Kit, Regal Blue mit Gold Hoops. Fucking pretty. Gold Hoops. Yes, Nice. pretty. 7-piece Kit, Kick, Mhm. Snare, 5 Toms. 5 Toms. Ja. 5 Toms? Ja, 3 Rack, 2 Floor. Ja. It's fucking fun. Nice. Bunch of cymbals, Mhm. Hi-Hat, Ride, 2 Crashes und ein paar. Es ist so Spielereien. Ja. Und halt alles mikrofoniert, Mhm. Overheads, Close Mics. Hast und ein paar du Craig Reynolds Ride, Crash Ride gehabt? Yes. Schon? Yes. Ist es Crash Ride oder ist es ein Ride? Es ist einfach ein Ride, aber man kann sehr gut crashen. Ja, Right. das ist fucking Ist, dope. ist das so gut, wie alle sagen? Ich finde schon. Geil, Ja, geil. ich finde, es ist pretty fucking amazing. Es ist vor allem einfach mega musikalisch. Es Okay. ist nicht irgendwie. Die meisten Rides können einfach nur eins oder das andere gut, Mhm. in vielen Fällen. Mhm. Also es gibt viele Rides, die mega gute Bau haben und mega gute Bell. Mhm. Aber wenn es nur versehentlich crasht, ist, hast du einfach das fucking Mess. an Sound. Ja. Aber da kannst du irgendwie machen, damit was du willst, das funktioniert. Es klingt gut. Du hast oft Drummer? Ja. Nice. Ja, also ich will nur gerne viel mehr, aber es ist fucking Wieso fun. machst du das Willi auch Drummer? Oder? Bist du ein Multi-Instrumentalist? Ich weiß nicht, ob ich mich als Multi-Instrumentalist bezeichne. ich spiele gerne verschiedene Instrumente, sagen wir es so. Ja. Ja. Das ist definitiv. Ja, da würde ich Ja. sagen, das stimmt. Weißt du etwa, was du machst? Aber das ist eigentlich eine gute Frage. Aber wenn bist du als Multi-Instrumentalist qualifiziert? Weil wenn du Bass und Gitarre spielst, bist du kein Multi-Instrumentalist. Ja, Du musst schon technisch etwas anderes gesehen dazukommen. schon. Also ich sag's dir so, wenn mir sagen würdest, hey, ich brauche einen Drummer für einen Live-Gig, würde ich dir sagen, fuck no. Okay. Weil für das bin ich einfach nicht gut genug. Okay. Aber zum einfach Fun im Bandraum jammen, ja, easy. Ja. Aber ich bin sicher nicht tight genug zum Live-Spielen. Wie lange, Kommt immer noch drauf an, welche Band. Ja, voll. Okay, ich spiele Metallica-Covers, okay. Aber wann hast du eigentlich angefangen Drum zu spielen? Sieht mich der Sandro als sein Drum klar hat. Ja, irgendwann mal während der Bandzeit angefangen und dann, wo die Bandraum wieder nötig war, bin ich einfach ab und zu regelmäßiger in den Bandraum gegangen, um dort ein bisschen zu spielen. Aber schon natürlich während Covid wieder versandet. Ja. Und jetzt seit einem Jahr, wo ich jetzt das Drumset bei mir habe, in der Nähe, spiele ich regelmäßiger. Geil. Oh mein Ja. Gott, Ricky. Mhm. Ich habe jetzt gerade realisiert, dass ein Rechtshänder-Drumkit im Bandraum steht. Was? Es steht ein Rechtshänder-Drumkit im Bandraum. Ja. Jetzt kannst du auch drummen. Das war vorher nie der Fall gewesen. Jedes Mal, wenn ich am Schlagzeug koche, bin von Domi, um irgendetwas auszuprobieren, so. Ah ja, ich muss offen spielen. Ja, der Dano weiß schon, ich kann nicht drummen. Das ist dope. Ja, das ist geil. Drums sind fucking amazing. Ja, Drums sind, ich glaube, hätte ich das Geld und den Platz und die toleranten Oder Nachbarn gehabt. Hätte ich. Holst du dir einen E-Drum? Ja, aber weißt du, das Problem ist, jetzt bin ich alt. Ich glaube, ich hätte als Kind hätte ich müssen Schlagzeug anfangen zu lernen. Der einzige Unterschied ist, es ist da, es ist plugged in, es geht im GGT. Ja, nein, ich meine, Ja. ja, Es ist nein, ich sage ja nicht, Plug dass and ich Play. jetzt nicht Spass hätte dran, aber ich glaube so. Es ist sehr gefährlich in Homeoffice-Zeiten. Das muss ich schon sagen. Neither confirm nor deny. Weißt du, was meinst du? Nein, noch nie. Aber du musst einfach einmal einen E-Drum reinstellen. Ja, ich weiß.
Und Darum einfach, mache ich es nicht. und einfach, it will happen. Ich weiss, darum mache ich es nicht. Ich habe eben lange auch ein E-Drum gehabt, Mhm. aber ich habe es nie gleich fun gefunden. Aber wahrscheinlich sind dort die Drums, die ich mir geholt habe, einfach nicht gleich gut Das gewesen. ist brutal geil. Ich Also glaube, ich- das sieht viel besser aus als das, was ich hatte dort. Das ist aber real Size, oder? Und ich nutze auch nicht den Module, sondern ich kann Yeah. in GGD und ich kann meinen Sound. Kannst du monitoren von dort. Genau. Ja, ich habe eben jetzt das Privileg, dass ich halt echte Mics an einem echten Drum Ah, ist darf haben. Ja. Über ein cooles Interface mit einem SSL Preamp für alles. Und Geil. es ist so ein Privileg. Nice. Es ist fucking fun. Mhm. Weil dann auch die Probe mit dem ist dann so Ja, voll. ein fertig abgemischtes Schlagzeug auf den Ohren haben, ist Mhm. fucking fun. Ja, das haben wir jetzt vor, mit dem X32 tun wir am Schluss statt der anderen Mixer. Und dann hätte der Das, noch was du so sagst, einen ja. gesamten In-Ear-Mix Ja. für ihn. Und wir haben nachher unsere Monitore und so. Aber das heisst, nachher, wenn ich sein Schlagzeug spiele, habe ich auch einen fertig. Das ist fun. Ja. Ich habe Das ist letzte mega Woche fun. gemerkt, ich brauche noch einen Tube Screamer. Schon? Ja, das ist ein bisschen loose, Warum? der Huren-Amp. Also nicht loose, Was ist aber das er für ein tut... Ein Engel Metal Master. Ah, den Proberoom. Das ist cool. Ist das ein Combo? Metal Master? Nein, das ist so ein kleiner, so ein 15 Watt. Das ist geil. Ach so, Das ist geil. ich kenne ihn gar nicht. Und Ich auch nicht. Ich Ist das so habe ein- ein Cap gekauft und der Amp ist gratis dazu gewesen. Oh, sick! Ich habe so gedacht, hä, das ist ein Ist es ein Cap. Tubehead? ja, voll. Oh, Scheiß. Ich dachte, das Cap Und, ist einfach... Und der Clean Channel ist auch geil. Vielleicht ist das Cap einfach scheiße. Das könnte auch sein. Das Blackstar Cap, das ich habe. Was hat es für Lautsprecher drin? Oh, irgendwelche Celestians. Okay. Aber keine V30s. Aber Okay. nicht der, den du im Proberoom hast. Doch. Ah, schon. Ich habe letztens mit dem Domi eben gespielt, mit dem Amp. Und es hat Mhm. irgendwie so ein bisschen Schau, sonst- weird getönt. Ich habe 2 selbstgebaute Caps bei mir im Keller. Und ich habe noch 2 Caps im Proberoom bei mir noch mit Zügeln. Ja, Kannst du geben testen. dem Ricky Gell, der braucht keine Caps mehr. Er braucht nicht 4 Caps. Sagst du? Er hat mich schon gefragt, ob ich eins will bei mir in der Wohnung. fair enough. Der Ja. Ricky braucht keine Caps. Ich habe eben einen selbst gebaut mit dem Swamp Thing. Das ist ein 1x8. Nein, 1x12. Ich weiß nicht, von welcher Marke es ist. Ist ein cooler. Swamp Thing, ist das nicht. Ich kann jetzt den Wie heißt es? Nicht Celestian, die Nein, andere Marke. nein, die andere. Eminent. Nein, Eminence, Eminence, ja. ja, genau. Und das ist Das ist wirklich die Band so. aus Schweden mit den Gigen. Auch, ja. Aber es ist so wie, ich habe es gebaut als 2x12 und ich habe einfach eine 1x12 rein. Ah, cool. Und dann habe ich so einen Rest Holz gehabt und ich habe einen zweiten Cap gebaut. Und mit einem Celestion V30, den ich von einem Harley Benton hatte. Mm. Und irgendeiner, den ich in Ricardo Das check ich auch nicht, wie Harley Benton das macht. Ein V30 kostet mehr als sie für ihr Cap verlangen. Ja, ich weiß, das Ja. ist crazy. Das ist Ja. insane. Ja, Das ist die crazy. müssen das Ding... Ja. Die müssen viel von denen gekauft haben. Check's nicht. aber mit Die müssen brutal viel von denen gekauft haben, damit sie es Ja, können ich günstiger glaub- machen. Weil das Holzcap kostet wahrscheinlich nicht so viel, wenn das in China Ja, weil vor produzierst. allem billiges Holz verwenden es ist ist egal. Pappe, es ist Pappelholz. Ja, Also, fuck it. als ich es aufgemacht habe, ist so wie... Gut, ich verstehe es, weil ich habe jetzt Caps aus Massivholz gebaut. Ja. Die Dinge sind heavy as fuck. Ja. Aber Jetzt das- verstehe ich, warum die Pappelholz nehmen. Eben genau das Cap habe ich daheim. Das habe ich auf Ricardo gesehen Ja. und dann so, ja, kostet das fast gleich viel wie, Ja. wie neu. Es Und dann kostet hat er eben praktisch- gesagt, ja, der Amp ist dazu und ich so, Gib ihm. Nein, also gib Junge. du zahlst eigentlich nur für die Lautsprecher und... Gimme. Ah, Das ist ein er erfüllt wichtiger seine Teil. Duty als Mann. I'm sorry. Goddammit. Yeah. You can do it. Warte, ich gebe dir einen Lifehack. Ah, okay. Dann No haben wir- Lifehack needed. No Lifehack nicht. Strong man. Ricky Doing strong strong. things. You're welcome, my love. Das ist eben, wenn du so einen Bizeps hast wie ich, brauchst du Lifehacks. No. Was ist das? Yes. Word. Die hat gesagt, wenn ich du wäre. Ah, du willst nicht. Ah, es bleibt so streng. Was ich mir gesehen? Bruder, ich bin gerade impressed, dass du das Teil aufmachen können. Was ist hart, Alter. I was swearing bullets. Er nach dem Podcast. Weißt du, am Konzert von Kate Effect habe ich ja Ja, du Pfosten, Alter. etwas müssen wegschneiden. Ich habe jetzt so ein GoPro mit Gaffer-Tape einfach am Mikrofon Yeah. geklebt. Und ich so wie, und der Bereich kommt so wie, Kate Effect auch brauchst- wieder Legenden. brauchst du ein Messer? Und ich so, Sackmesser gegeben. No. Natürlich geschnitten. Und es ist so eine dumme Stelle, weil der wird immer offen. Ich kann nicht mit dem Rucksack oder so etwas gehen, also geht auf. Ja, Fingers Oder Hand ist beschissen. immer beschissen. Ja. Aber was ich mir gesehen? Harley Benton Cabs. Ja, Arbeit Ja. und Caps. Ja, voll. Nein, insane. Also ich glaube, du zahlst wirklich nur für den Speaker und
Ich meine, ja, die kaufen wahrscheinlich die Speakers in Bulk von China, oder? Wahrscheinlich gibt es keine andere. Fix. Ja, Ja, die machen das Wahrscheinlich sicher aus deswegen. China. Die haben 100 Pro Oder sonst irgendeinen... irgendeinen günstigen Hersteller. Ja. Also wahrscheinlich schon Asien oder Also das Südostasien. Cap kommt 100 Pro aus China. Ja, und das Thema mit der Eigenmarke, es ist nicht ja der Middleman. Also es gibt keine Ja. zwischen Profit oder Marge und so. Ah, Von das dem ist her. etwas, Mann. Ja. Ich habe nur schon... Ich habe ja mal für eine grössere Velofirma geschafft. Bruder! Mhm. Was die für Margen drauf sind, ist insane! Das sind mehrere 100%, oder? Ja. Ja. Kommen wir auf Kapitalismus-Talk jetzt? Nein, Noch nicht zu früh. ist noch zu früh. Äh, Wir sind noch nicht... Was machst du? Was schlägst du da unten eigentlich ab? no, was Die Antwort ist ja. Teppich. Ja, geil. Das will nicht. Geil. Sie hockt vor allem auf meinem Mikrofon. Gut, dann rede ich jetzt halt da unten. Ist kein Problem. Ja. Luna. No worries. Das ist schon ein bisschen ziehen, es geht schon. Nein, es geht nicht. Ich laufe einfach ihren Arsch auf. Ja. Nein, ich habe das Gefühl... Do it. Nein, ich ziehe ihr am Schwanz. Just do it. Luna. Sie geht fick. She does not give a fuck. Ja, anyways. Dann hat er Black Gold aufgenommen, oder? Hast du gesagt? Yeah. Mhm. Und seitdem, was haben wir noch so gemacht? Dann hat es ja nicht mehr gegeben, kurzfristig. Ja, das war eben dort dann gewesen mit Covid und Ah, okay. Fokus auf anders. Und Mhm. dann ist irgendwann der Dave ausgestiegen. Er ist eben gezögert. Mhm. Ist jetzt irgendwo in der Innerschweiz. Schon. Ja, irgendwo Rip. Luzern, Uri, irgendwo. dort. Mhm. Dang. Ja, fucking. Also wenn ja, es der- Uri ist, RIP. Ja, fucking, er hat sich ausgesucht. Ich meine, Oh, ja. er hat dort ein Studium gemacht. Und Fair gefunden, enough. ist noch cool da. Und Ja. Ja, das schon. ja, alles gut. Und dann ist der Sandro ist dann Papi geworden. Mhm. Und dann ist dann so, ja, noch weniger Zeit für alles. Dann habe ich gefunden, ja, fuck, was jetzt? Und dann ist der Buri dazugekommen. Dann haben wir das dritte, Buri, Sandro und ich, haben dann angefangen Musik machen. Aber warte schon, Ja. hast du in Covid neue Hobbys ausprobiert oder entdeckt? Yes! Erzähl mal. Kochen. Ah. Fuck yes, kochen. Geil. Erzähl Ja, mal. Gesundheit. Ja. Geht's? Auch gleich was? Was sind so Specialties? Braucht einen Schluck Wasser, aber schon geht. Ja, ich hole sonst No mal... worries, Ricky. äh, Okay, vielleicht doch ein bisschen Worries. ich hole sonst mal noch Cola und so. whatever. Thank you. Das wäre mega lieb. Ja. Warten wir noch kurz auf dich. Wir sind auch schon 2 Stunden dran. Machen wir kurz eine Pipi-Pause. Braucht ihr eine Pipi-Pause? Ist gut. Also, Pause. Nein, das ist gut, dann hol. Für mich ist auch gut. Jetzt kann ich wieder meiner Spezialität nachgehen. Bernd das Brote. Das Bernd das Brot, das ist eben meine Theorie, meine Dings. Dass wenn du irgendwo hingehst und du musst jetzt einfach stallen, dann musst du einfach Bernd das Brote. Wenn dann stehst du einfach an und dann laberst du einfach mal drauf los. Gehst einfach mal Gas. Gehst einfach mal Gas, laberst drauf los und schaust, wo du hinkommst. Und kommst du irgendwo her? Ja, meistens schon, weil du kannst dann so, wie der Bernd das Brot, da kannst du einfach irgendetwas sagen und dann fängst du anhand von dem Wort dann an weiterreden und es kommt relativ gut. Du bist eigentlich ein LLM. Das LLM. Large Language Model, aka AI. Du suchst einfach, was ist das nächst wahrscheinlichste Wort und füllst den Gap. Thank you. Habe ich Ja. dich jetzt gerade als AI bezeichnet? Ja, also zum Fair sein, ich wäre glaube ich eher eine AD, Artificial... Dumbness. Oder das Fair. I würde bei mir für Artificial Idiot stehen. Oh, willst du? Hast du den mitbekommen von der AI, die keine AI war? Hast du den mitbekommen? Der von diesen Läden, von den Amazon-Läden. Nein. Eine ganze Firma hat mega Ich glaube, Investoren angeschaut. jetzt kommen wir hohen drauf. Cash. Jetzt kommen wir drauf. Jetzt Ich kommen wir auf glaube, Kapitalismus. Das funktioniert natürlich. Yes. Es hat die Firma hat sich börsenkotieren lassen, hat mega Investoren angelockt, hat, hey, wir haben ein neues AI-Produkt. Kommt raus, es ist keine AI, es ist kein Chatbot, es sind alles echte Menschen, die dort arbeiten. Und es ist in Indien. Ja! Actually immer. Indians. Ja, das ist wie. Ich bin fast übergekehrt. Irgendwie 150 Inder angestellt worden, die einfach so da haben, als wären sie ein fucking AI-Chatbot. So und ich geil. habe es gefeiert. So geil. Mir hat bin letztes Jahr übergekehrt. irgendeine Inderin angerufen in die Firma. Hello, can I talk to Purchasing? Und ich nur so, ja, wer von Purchasing willst du? Und sie so,
oh, I forgot his name. Ich so, oh, das ist jetzt noch extrem schwierig, wir haben über 200 Leute im Purchasing, also wenn ich dich weiterleite, kommst du nirgends hin. Und sie so, no, you can just forward me. Und ich nur so, To whom? wem? Und sie so, das. Und ich so, sorry, I can't hear you, it's too loud. There's too many background noises. Dann habe ich sie etwa 5 Minuten lang, glaube ich, irgendwo wo auch immer das war, rumrennen lassen, bis ich sie verstanden habe. No. Und dann irgendwann hat sie so das Gefühl, Die also, Geduld. ja, die haben, wenn die, No so, way! So, Das habe ich von unserem Gast von der letzten Folge ich hätte jetzt schier gespoilert, wer es war. Yo! Der Ring ist noch ganz. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du das schaffst. Ja. Der Ricky hat das jetzt einfach zweimal bewiesen, dass er ein Mann ist, Mann. Wirklich? Holy fuck. Ich fühle mich sehr inadäquat. Obwohl, ich glaube, wir können sagen, wer es ist, weil wir Weißt, haben... ich habe zwar das dabei, aber wenn ich das brauche zum Flaschen öffnen, bin ich wesentlich... Shit, ich fühle mich noch inadäquater, weil ich habe ein kleines Sackmesser. Aber du, ein kleines ist aber geil. Das ist Das ist halt sein neues Hobby jetzt, oder? Nein. Aber- Nope. Aber weißt du was, Nope. ich glaube, wir Ich bin haben... nicht der Janik. Ich glaube, Der wir... Janik mit seinem fucking Jagdmesser. Nein, ich bin nicht der Janik. Es ist nicht mein Hobby. Wir reden vom Lotterfire. Ja. Ich glaube, wir hauen die Folge nächste Woche raus. Okay, So dass wir... Das dann sagt mir können wir momentan gar sagen, nicht. wir können sagen, wer es war. ist egal. Sie Alright, finden es raus. Wenn sie es nicht Fair, wissen, fair. können sie die andere Folge Mein hören. Messer an. Oh, das ist aber geil. Oder? Das ist schon sick. Wie viel haben wir das geschenkt? Das ist verdammt geil. Die Das ist Farbe ist sick. vor allem absolut Das ist der stabil. Shit, oder? Beste Leben. Vor allem ist das mit der Share. Yeah. Die Share ist so Nagelschere. insane gut. Ja, die ist mega so gäbig. Ich habe brutal sie so, gut. schon mehr als einmal gebraucht. Unnötig viel habe ich die eben gebraucht. Ich habe mir Ja. eben auch so ein scheißes Sackmesser gekauft und dann ist einfach so, wie oft ich das scheiß Ding gebraucht habe. Aber viel wichtiger an meinem Schlüsselanhänger. Kleine Mau. Shoutout, Apothecary Diaries. Geil Anime. Geil. Sagt mir etwas, muss man abchecken. Fucking dope. Auf jeden Fall hat die hure Scammerin nachher, Ist so ein dass ich das jetzt noch im Kopf habe, du. Ist so- Lechboy. Oh mein Ist so ein Gott. Isekai oder ist so ein Mittelalter-Dings? Spielt in einem fiktiven chinesischen Mittelalter. Ah, geil. Und sie ist Apothekerin und wird in den Palast verschleppt und muss dort arbeiten. Oh, sick. Es ist Das amazing. fand gut an. Alright. Es ist dope. Genau, auf jeden Fall hat die Scammerin dann so das Gefühl, also, hey, I don't care, I forgot his name. Einfach Purchasing. Ich so, okay, von welcher Firma bist du? Und sie haben gesagt, was es dir nicht gibt. Also, okay, und welche Firma willst du gerade? Weil ich glaube, du bist falsch verbunden. Yeah. Und sie so, no, I am calling your company. Which company? Your company. Ich What's so, the name of the fucking ich company? so, my company. No, sorry, we're not your company. We're my company. Bye. Ja, fuck him. Aber Ehrlich haben ihr über die Und dann ist eben AI-Dings... Ricky, Ja. Ich glaube, er hat gerade von dem erzählt. Mit den Indians. Ja, wo einfach du sie mit Hast du es nicht bekommen? Ja. Hast du davon Es hat ja schon viel länger her. Das ist etwa Oh, the vorletzt, both dogs. ja, vorletztes Jahr hat es ja das Sagen bei diesen Amazon-Läden, mit diesen Amazon Wo Walk-in-Stores, ihr Laden hops gegangen ist. wo, die ganze... wo alles mit Videos war, wo du ja nicht hast müssen zahlen, wo du Yeah. einfach mit dem Amazon Prime-Account glaub hast, können das machen. Yeah. Wo dann einfach rausgekommen ist, dass das gar nicht AI ist, sondern auch ein Indian, wo dann einfach geschaut hat, was du in das Zeug rein tust. Ohne Und dann Scheiß. quasi das dann einfach drauf da hat. Etwas anderes, was ich mit Amazon mitbekommen habe, war, sie haben eine eigene Generative AI innerhalb von der Firma, wo sie auch für ihre Software-Codes brauchen. Fürs Backend-Coding. Das Problem war da dabei, sie haben dieser AI Zugriff auf die Produktionsebene gegeben. Ui. Und AI hat entschieden, hey, der Code ist voll falsch, wir löschen den jetzt. Und hat ihn auf der Produktionsumgebung gelöscht. Und sie haben 600'000 Bestellungen verloren an dem Tag. Damn. Nicht einfach irgendwie cancelled, sondern weg. Ja. Ah, ich liebe so Komplett Zeug. gelöscht, ja. Ich liebe so Zeug. Und das innerhalb von irgendwie, keine Ahnung, ein paar Stunden. Ich liebe es, wenn Firmen auf die Schnur gehen, weil sie ihre eigene Gier. Ja, das ist nachher amazing. rennen. Und das ist zweimal passiert, by the way. Zweimal. Ah, so geil. Einmal irgendwie eine Stunde und einmal den ganzen Tag. Oh, so gut. Nein, hast du schon mal gesehen, der eine der hat mal, ich glaube, es ist Claude, AI-Agent gebraucht, wo nachher irgendwie, hat nachher angefangen Geld auszahlen an Leute und so. Hab ich nicht bekommen, ja. Das ist so gut. Das ist auch Ich insane. liebe es. Ja. Aber das Lustige ist, eben die Firmen, die eben am Schluss nur Brudis waren, haben sie es nicht herausgefunden, nachdem der Projekt verkauft wurde, ist eine andere Firma, oder? Ich glaube Habe ich ja. gemeint, Ja, sorry. es ist so, gewesen, so Börse kotieren lassen, mega Geld eingefahren von den Investoren, verkauft. By the way, es ist nicht wirklich ein AI. Es sind actually Indians. Ja, nicht fair. Nicht Ja, falsch. I mean, technically Technically correct. the best kind of correct. Letztens hat eine Firma, die so Landwirtschaft macht, plötzlich gesagt, sie machen jetzt neue AI oder so und Stocks sind einfach
So gegangen. Also, ja, du kannst Ja, jetzt, aber ich glaube versehentlich gewesen, Ja, oder? genau. Ja, ich hab's nichts mitbekommen. mit dem zu tun, aber ich sage jetzt so, ja, neu Ja, AI. wir bieten jetzt, by the way, auch noch AI an. Also. Okay, das müssen wir einfach... mit deinen Jalapenos bekommst du Das ist- jetzt... Also, Ey, aber das Das ist könnten wir funny. so, könnten wir vielleicht Leute wieder an Konzert bringen. Einfach sagen, es ist AI. Es ist Ey. auch noch AI, irgendein AI-Assistent dort. Nicht, dass die Musik ich AI habe jetzt gerade ist. meinen Würgereiz unterdrückt. Nein, nicht das. Ich meine, nicht so. Einfach mehr so, die Bands spielen plus AI. Das heißt nicht, was es AI ist. Und dann ist einfach so, weil... Du sagst einfach das Wort AI. Es sagst einfach das Wort AI, genau. Du Ja, machst like- einfach so Buzzword-Dropping. Aber das ist I like lustig, das ist lustig, weil in Corona-Zeiten habe ich noch erlebt im Geschäft, wie plötzlich einfach random Firmen plötzlich gesagt haben, hey, übrigens, wir bieten jetzt auch Masken an. Ja, da fangen Masken Bi- verkaufen. bi- Finn Kliman, Alter. Bisher einfach Sextoys verkauft und plötzlich so wie, hey, wir haben Und auch- Masken. Und so Masken. Just in case during sex. Ja, voll. Aber sie Random. haben nicht plötzlich irgendwelche fucking Schweizer Gin-Firmen angefangen, Desinfektionsmittel zu verkaufen. Ja, ja. weil es hat einfach- Ja, weil sie haben kein Gin mehr können verkaufen, aber Ja. wesentlich mehr Desinfektionsmittel so gebraucht geil. worden Nein, ist. und irgendwann hat sie ja keine Desinfektionsmittel mehr gehabt. Heisst, Ja. in den Supermärkten hast du so Gin gehabt und so, aber tatsächlich. Ja. Oder so Tequila und so. Hast du auch Das ist gesagt. insane. Cheesy Papier, Alter. Es fühlt sich wirklich an wie ein anderes Leben. Es ist Fiebertraum. komplett, es Es ist ist ein völlig, wenn du so drüber fucking nachdenkst, Fieber. Es ist ein Fiebertraum. absolut insane gewesen. Und du erzählst nachher, dass deine Kinder in 20 Jahren, die glauben dir gar nicht im Fall. Weißt du, was ist das Krasse? Die werden das alles müssen in der Schule lernen. Ja. Ja, aber Die werden Prüfungen über den Scheiß schreiben. ausser es ist so wie bei mir im Geschichtsunterricht, dass du nicht bis zum Zweiten Weltkrieg kommst. Was? Also in der dritten Sek, wo wir fertig waren, sind wir knapp am Zweiten Weltkrieg dran gewesen. Hitler hat da gerade angefangen, irgendetwas zu machen. Also der ist glaube ich gerade im Knast gewesen. What? Ja, es ist crazy. Ich kann einfach so rein, weil ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie habe ich einfach Haben ihr keinen Geschichtslehrer gehabt? doch. Hat er mal gefällt? Nein, irgendwie, ich weiß, wir haben so viel Zeit mit irgendwelchem Scheiß, also nicht irgendwelchem Scheiß. Wahrscheinlich mit der Revolution, mit der fucking Industrialisierung verbracht, oder wie? Ja, Industrie. Wieso? Nein, nicht mal da. Das wäre ja das Wichtigste, aber viel früher, weißt du, so, der Scheiß. Fucking Louis XIV. Ja, der ganze Zeit. Nein, das ist auch noch wichtig. Das ist, Louis XIV ist ja sehr, also das ist ja eine sehr grosse Inspiration für Songtext gewesen für mich, wie wir letztes herausgefunden haben. Also nicht der Louis selber. Louis XVI wäre dann vielleicht. Ja, genau, sorry, Ja. ja. aber Die- einfach die die Franzo- Frau. das, was die Franzosen halt machen, wenn sie hässlich sind. Cake. Oder mit Cake, ja. Auf jeden Fall, dann haben wir die ganze Zeit irgendwie alle den ganzen Scheissdreck gehabt. Das wichtigste Kapitel von der Geschichte, wo eigentlich die ganze Welt, so wie sie jetzt ist, geshaped hat, haben wir nicht gehabt. Einfach so, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, bis jetzt ist einfach nichts gewesen. Ja, voll. Nein, ich kann Ja. mich gut erinnern an die ganze Story von. Weißt du, es gibt zweite Sek, haben wir das gehabt. Mhm. Nein, wir hatten eben viel Aufklärung gehabt, viel eben Renaissance und so. Und dann vielleicht noch kurz Erwähnung, sagen wir mal, ein paar Texte. Renaissance sind wir, glaube ich, schon fertig gewesen in der ersten Sek. Ja. Und da hat es, glaube ich, schon angefangen. Aber dort habe ich gerade einen Lehrerwechsel gehabt, so I don't know. Vielleicht Das hängt, glaube ich, auch fest vom Lehrer ab. Ja, fix. Ja. Fix. Oder vom Ausländer-Content in der Schule. Ja. Hey, ich glaube, aber die Lehrpläne sind ja schon sehr strikt mit, hey, das musst du unterrichten, das musst du nicht. Ja. Also nein, Ja. zwar das musst du unterrichtet haben bis dann und dann. Mhm. Eigentlich. Ich glaube einfach, mittlerweile unser Lehrer hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Das ist schon älter gewesen. Ja, der der kann wir ficken. sind die zweitletzte Klasse gewesen. Kommt raus, er ist ein Nazi gewesen und hat darum nichts erzählt. Das wär's. Was ich noch interessant wird finden, ist, wie sich sie das Ganze werden darstellen. Weil alles das, was in der Corona-Zeit als Verschwörungstheorie gezeigt wurde, ist im Nachhinein so rausgekommen, so wie, das stimmt schon. Das Es stimmt steht doch nicht, schon. Alter. Der ist Oder- immer noch keine Scheibe. Nein, und ist so viel Shit nachher im Nachhinein rausgekommen, so wie, ja, die haben die VG-E-Mails und der ganze Shit, oder so wie, ja, die hat schon viel gewusst von dem und so, ist echt, Ja, ich glaube, vieles ist dann halt einfach. Vielem ist Gewicht gegeben worden, wo nicht hätte Gewicht bekommen. ja. Gerade in Bezug auf Aber das ist wahrscheinlich. fucking Impfungen. Ja. Aber das ist So, wahrscheinlich Dude, Impfungen funktionieren. Mhm. Wir müssen da jetzt nicht anfangen, Ja, Shit voll. neu erfinden. Mhm. Impfungen sind nicht irgendetwas Neues. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich jedes Mal so gewesen, wenn irgend so ein grosses geschichtliches Event war, dass irgendwie so alle Ja, sich irgendwann mal denken, Zeitfilter, also hure viel. so müssen wir jetzt wirklich über das diskutieren. Ja. Weil alle sagen, ja, früher sei die Musik besser gewesen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Ja, früher ist Bullshit. früher nicht besser gewesen. Der Scheiß Nein. hörst du jetzt heutzutage einfach nicht mehr. Nein, es hat nur ein Filter drauf. Alles, was schlecht war, lässt jetzt halt Ja. einfach keiner mehr. Zeit ist ein massiver Es Filter. hat schon genug, es hat früher schon Leute gegeben, die ihrer Wo Scheiß Musik gemacht haben. Wo Wenn ihr du jetzt stummes gehst, E-Drum Charts gehabt hören aus den 60er, alles Ass, außer vielleicht ein, zwei Songs. Aber am besten. Fuck aber. Nein. Okay. Sorry. Sorry. Ist okay. Ich finde aber scheiße.
Ist das Hot Take? I don't know. Ja, schon ein bisschen. Schon? Ja, mittlerweile sind alle von unseren Müttern gequält worden mit ABBA, aber mittlerweile finden wir es geil. Ja, ich habe arabische Musik die abbekommen. Und zwischendurch mal so Ich stell mir Elvis jetzt- Presley und Boah, aber ich Beatles. stelle mir jetzt gerade Arabisch, so ABBA auf Arabisch geil vor irgendwie. Das wäre Arab, nicht ABBA. Aber das kannst du für Ist das so eine? Ja. Yes, das ist so einer. Das finde ich gut. Boah, ich habe gerade, müsstest du mal machen. So Himmel? orientalisch ABBA-Cover. Ist nicht wahr, ja. Ich würde mir aber eine Band aussuchen, die gut ist. Nicht ABBA. Jo, gut. Ey, fairer Punkt, ja, sehe ich. Was Nein, ich finde einfach ABBA cheesy as hell. Ja, gut, das ist es. Ja. Aber ich finde eben cheesy Musik generell nicht schlecht. Mhm. Ich glaube, ich kann einfach mit der Art cheesy von ABBA nicht viel anfangen. Fair enough. Ich war in Schweden in der Ferien gewesen und dann haben wir das in einem Mietauto ist Star FM gelaufen. Und dann ist nur noch ABBA gelaufen. Nur ABBA und der ganze Scheissreise war herrlich gewesen. Ich glaube, dort bin ich brainwashed worden. Ja, kann ich Ich glaube, verstehen. das war Gute Erinnerung gekoppelt mit dem. Ja, weil wenn du eben durch Schweden fährst, Schweden ist einfach so lovely. Mhm. Und dann einfach so... Schweden bekommt aber zu wenig Hate für ihre schlechte Küche. Meatballs. Das ist etwas Einzige, was du kannst nennen, was gut ist. Ja, Fisch. Ja, ich sehe, ja, fuck, Alter, du hast recht. Schweden bekommt zu wenig Hate für ihre Küche. Aber ich meine, so Weil ist... es Du hast hatet wirklich alle auf recht. England. Aber England ist eigentlich gar nicht so beschissen. Eben. Wenn du Sobald man ein paar Gerichte aussuchst aus England, die eigentlich okay sind, hat's Skandinavien hat's recht schwierig mit Essen. Was gibt es in der Schweiz, wenn du Raclette und Fondue einfach wegnimmst? Ich bin bei dir. Es ist nicht so, dass Schweizer gell? Küche gut ist. Ja. das hat nie jemand behauptet, nein. Alright, fair. Nein, ich will überlegen. Sorry. Sonst Schweizer fange ich Küche, okay. Ausser du gehst auf regionale Tiefe. Wenn du noch irgendwie, keine Zürich-Schnetzel nimmst. Ja gut, aber jetzt müssen wir Mhm. ganz fair sein. Mhm. Ganz fair sein. Wenn wir Schweizer Küche haben, müssen wir Pasta auch reinnehmen. Aber Makron und so. Nein, Alter, ein Tessino ist im Fall Italien, gell? Gehört zu der Schweiz, die machen nicht auch Pasta und Risotto. Zählt das? Ja, das ist eine gute Ja, Frage. weil sonst müsstest du auch sagen, dass Italienisch keine von unseren 4 Landessprachen ist. Ist das nicht? Fast nur Kein fairer Punkt, ja. Aber so, wenn wir auf die Seite gehen, weißt du, wenn wir das jetzt... Ich habe nie darüber nachgedacht, hat Tessin eigene Spezialitäten, die nicht Pasta sind. Ja, Luganige, Was ist das? das sind so Würste. So geil. Sick. Ja. Das sind so Würste, die du so aufschneidest und dann tust du sie so halb... Also du schneidest sie in der Länge nach Anbraten. auf. Ja, du schneidest sie in der Länge nach auf, so dass sie quasi oben noch die Haut dran ist. Also du schneidest sie nicht Ja. komplett abeinander und dann tust du sie so... Eigentlich auf der Brätseite dann in die Pfanne drücken. Also hat es ein Brett drin, nicht Nein, irgendwie ja, also so, salamimässig. keine Ahnung, ich weiss, es ist so wirklich so... So Bauernbratwurstmäßig. so nein, es ist so Sausage. So, Okay, nicht so, sick. so wirklich geil. Und dann das mit Polenta, das ist etwas, was ich weiss. Mhm. Polenta ist ja, glaube ich, auch schon italienisch. Ja, aber Polenta ist ja... Ja, aber... Ja. Aber eben, ich meine, das ist ja wie... Wir haben es Nein, halt, ich bin bei dir. wir haben es halt einfach Aber kontaktiert. ich Oder glaube sie nachher- sind zu ja. uns gekommen. Ich glaube, nachher wird es sehr nischig oder so, wie du sagst, regional. Das ist nicht so mega bekannt dafür. Ja. Ja. Ja, es gibt Zürich-Schnetzlers, aber das ist einfach auch fucking Wir sind noch overrated. nie dazu Findest? gekommen zum... Ja, Hä? Zürich ist das ist overrated. schon ein bisschen... Schon ein bisschen. Okay. Ich finde Rahmsoßen einfach nicht so geil. Ah, Nein. ich finde es eben geil. Ah, okay, ja, dann ist es gut. Aber Ich verstehe einfach Pasta und Fleisch, also ich verstehe Pasta und so Fleischstückchen nicht. Darum das ganze New Yorker Spaghetti and Meatballs ist einfach so, what the ja, das ist eh fuck, Bastardisierung Alter. von einfach Ja, aber eben, dann italienischem denkt man so, Essen. what the fuck, Junge. Aber ich Chicken finde, Parm. das beste Schweizer Gericht ist ein Wildteller. Ein Oh, Wildteller. okay, ja, das ist, ja gut, Das ist, dann, das ist vielleicht mein Weißt du, fair mein enough. Essen. Ein Wildteller. Aha. Das ist Wild, kennst du als ich? Was? Du hast Wild. fast eins überfahren am Samstag. Also zum Fleisch von Reh oder Hirsch. Ja. Nein, gestern habe ich fast nicht. Oh Scheiße. Ja. Bruder, das war am Samstag. Das war nach der Kate-Effekt-Plattentafel, die um Dachs vor unserem Auto durchgelaufen ist. Ah nein, aber du denkst, gestern habe ich einen Reh gesehen. Ah, okay. Also ich bin zwischen Kielwangen und Neuhof. Ich habe in dem Moment, dort hast du so 80er-Sonne und ich habe gedacht, so, ja, in dem Moment wäre wirklich unchillig, wenn ich irgendwie einen Ich habe da Fuchs oder hinten so schon letztens würde. einen Fuchs gesehen. Ja, Fuchs habe ich auch da gesehen. Aber ich so, ja, gefunden, hey, es wäre hure unchillig, wenn ich jetzt einen Fuchs würde sehen. Also, gerade wenn ich das denke im Fall, sehe ich so einen Schatten. Also, und ich so, ja, du einen grossen Lichter und so, ich fahre 80, sehe einfach so ein Reh, das gerade auf der anderen Seite ist. Also so ein Bambi, nicht ein Reh. Oder? Das ist schon so ein das ist Reh. schon das Reh. Zum Ja, Glück bist du auf Kielwangen gefahren, nicht auf Kielreh. Ja.
Und dann ist genau auf die andere Seite gewesen, aber gerade neben dran von mir. Und ich so, Das haben gerade Bro. alle Zuhörer abgestellt. Ja. Alle. Jetzt ist fertig. Und ich so überlege, so, Bro, der kommt jetzt zu mir und schlägt einfach gegen mir und fahre ich so weitergefahren. Zum Glück nicht passiert. Rehteller. Meistens irgendwie so ein Stück Rehrücken. Mit einer Soße, die halt speziell bei Wild machen. Mhm. Da tust du in Carb dazu, meistens irgendwie so Spätzle. Mhm. Da tust du Gemüse. Maroni dazu. Okay. Mehr so süß, karamellisierte Maroni. Okay. Und dann tust du karamellisierte Äpfel tust du noch dazu, auch häufig. Okay. Mhm. Mit ein Oder bisschen Bier. Konfi drin, ja, Frucht. Und Sauerkraut. Das ist irgendwie deutsch. Ja, es hat ein bisschen deutsche Hauch. Okay. Ja, Ja. es ist ja einfach. So bavarisch ähnlich. oder so. Ja, aber es ist halt Sauerkraut, hast halt in Ja. der ganzen Region halt. Hast halt. Und das alles zusammen macht halt einen hohen abwechslungsreichen Teller. Das ist Ja. hure geil. Cordon Bleu, Junge. Einfach Pommes Ketchup, fuck yeah. Ja. Nein, also das Essen finde ich ist das beste Schweizer Gericht. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt willst, reduzieren auf Fondue oder Raclette, Ja. das. Ja. 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 Ja, fair. ja, das sehe ich. Das sehe ich. Hast du noch nie gehabt? Nein, noch nicht. Musst mal machen. Musst mal Oi Bruder, wir einfach gehen im die Herbst. machen. Ja. Wir gehen im Herbst in die Erle. Ja, ich bin letzte Zeit auch viel am Kochen. Selber einfach so. Das kannst du eben gut selber daheim machen. Alright. Ja. Es muss nicht mal teuer sein, Ja. weil auswärts essen wild ist fucking. Ja. Das ist teuer. Das ist Ja, wirklich teuer. voll. Nein, ich bin viel so koreanisch und so am machen. Geil. gewesen. Und ein Gericht habe ich probiert und gefailt. Und das war ungarische Stuffed Cabbage. Gewesen. Ah, das Das ist. Ja. Du musst die Cabbage zuerst boilen und dann rollen. Und, Es ist. Ja. Ich muss eine Redemption Arc machen mit dem. ja, musst du mal dran gehen. Einmal habe ich den gehabt in Budapest und eine Hochzeit und ich habe von dem Gericht geträumt im Fall. Das ist schon geil. Ja. Also, Cabbage ist sowieso mein Gott, underrated. Alter. Also, ja. Das ist das Beste. Mhm. Das ist Underrated. hure gut. Aber Jetzt gerade das Wochenende haben meine Freundin und ich haben uns letzte Woche einen Smoker gekauft. Yeah. Damn. Und wir smoken schon seit ein paar Jahren, tun wir gerne smoken, aber wir haben es immer auf dem Kugelgrill gemacht. Das ist mega viel Aufwand. Ja. Du musst immer das Auge drauf haben, musst mega aktiv. Und jetzt haben wir gefunden, hey, wir smoken eigentlich hure gerne, jetzt kaufen wir uns einen Smoker. Mhm. Und jetzt das Wochenende haben wir Fake Korean Barbecue gemacht. Und haben das Entrecote draufgefetzt, so eine Stunde geräuchert, Mhm. bis es ein bisschen Geschmack angenommen hat und dann auf dem Tischgrill angebraten und eine Marinade gemacht. Und, Damn. ich zeige das ist das Foto. Ja. Bitte, ja. Was sind so deine Specialties? Jetzt sagst du, dass in Covid eben. Oh, Kochen als Hobby Specialties. gemacht I don't know. Wir haben die Musik durch, wir können jetzt über alles reden. Ich So finde, boah, sick. Also Ja, das ist fucking dope. ich finde, die Parallel zwischen Kochen und Mischen ist fucking. Zwischen Kochen Ist fucking, ja, ich finde es Ja, nein, appropriate. es hat was, ja. Ich finde, es ist ein guter Vergleich. Weil, Es hat was. Und weil du Songwriting musst mit auch. guten Zutaten anfangen und wenn Zutaten scheiße sind, Ja, Uphill genau. Battle von Anfang an. Genau. Ja, du musst auch immer ein bisschen Spice drauf tun. Du musst Ja. würzen von Ja, Anfang von an. Anfang an, fuck it. Und genau gleich parallel auch mit Songwriting. Ich meine, du kannst auch zu viel von etwas haben. Zu viele Bassdrops Ja, und so, ja. absolut. Hm. Ja, Versalzen. zu viele Zwischenschläge auf der Gitarre Leerseite, was es nicht braucht, Ricky. Ah, das ist wichtig. Nein. Er merkt es vor allem gar nicht, wenn ich sie nicht spiele. No. Ja, das sind die Headfield Chugs. Nein, die sind es nicht. Die Nein. Testspiel-Chance nicht. Nein, es ist mehr so, wenn du irgendwie, du machst manchmal so, ja, und dann hast du einfach noch, Nein, einfach noch doch, das- einmal müssen die Leerseiten anschlagen. das sind- Einfach damit nein, gemacht das sind hast, weil doch du die in einer Headfields. Metalcore-Band Nein, gespielt es sind hast. doch die Headfield zwischen Chugs, wo du zwischen die Noten tust. Nein, die rege ich mich meistens nicht auf. Es ist nur so eine, der so unnötig ist. Amigs. Ist, wo einfach die leere. Nein, das ist du. Wir reden Ja, gerade nicht von doch, gleich. doch. Wir Ich reden weiss, gerade nicht was von du dem. Ich rede nicht von Doch, dem. Nein, ich rede effektiv nicht von dem. Mhm. Wie lösen wir das Problem? Ich rede davon, dass Einfach du machen. einfach, egal was du für ein Riff schreibst, du musst, wenn du 16 oder 8 spielst, musst du einfach auf jeden Beat, auf jeden Ding muss einfach irgendetwas mit der Gitarre kommen. Immer Du kannst dazwischen, oder? auch- du kannst- Nein, es geht nicht nur um Zwischennoten, es geht generell um das. Du kannst nie einfach einmal die Gitarre, du kannst nie einfach mal einen Bass und einem Schlagzeug den Platz lassen, was es braucht. Nein, schon. Du bist immer mit der Gitarre noch Lärm am Dreimal. Ja, das ist immer. Fuck Gitarristen. Ja, alles Arschlöcher. Vor allem der von Taoist und Ja. der Versus. Ich finde die von Atropos finde ich recht mühsam. Mhm. Ich weiss nicht, ich kenne nur einen. Ich kann beide. Assholes. Ich kann gerade wieder sagen, der, den ich kenne, ist aber Lovely. That's very cute of you. Fuck him. Also, ganz ehrlich, der Gitarrist,
wo ich war, bevor ich Robas joint habe im Fall. Und nachher, als ich rausgegangen bin, also, ich habe so viel Shit mitgenommen im Fall. Schon? Ja, besonders was mega geblieben ist erstens, üb zum Klick. Fuck Das ist yeah. wichtig. Zweitens, immer wenn du nicht spielst, Seite abdampfen. Ah. Mit dem leeren Finger. Ja. Weil das ist etwas, was mir Muting. geblieben ist. Ja, Muting, wichtig. Und nachher, bis es halt nachher einfach automatisch machst. Ja, Ja, Automatismen reinbringen, das ist schon schwierig. Voll. Das Spiel ist nicht so Bringing the einfach. Tism into Automatic. Oh mein Gott. Yeah! Es ist Montag, Alter. Es ist, nein! Ich meinte, Wichtig ist, dass an einem Montag wie heute das Dienstag ist. Das ist Dienstag, ja. Nein, warte, das ist Montag! Nein, es ist Dienstag. ich meinte, Fuck! Es ist Dienstag. Okay. Du schaffst im Kanton Zürich, oder? Ah, du beziehst auf den 1. Mai. Mhm. Ja, in dem Fall ist bei mir jetzt Freitag. Weil ich habe Ferien. Hell yeah! ich bin immer noch verwirrt. Sehr Alter. geil! Ja. It's Never Ending Friday. Ja. It's Friday, Aber Friday, ich habe also, Friday. er hat einen Song. It's Friday, Friday. Oh mein Gott, das ist ein Banger. Du kannst mir sagen, was du willst. Nein! Der Song ist ein Banger. Nein! Von der Rebecca Ja, Black. Rebecca Wir Black. verwenden das Wort Banger inflationär. Ja, Hm. das Nein. mache ich. Nein. Aber das wird Nein, mir auch sogar immer, die Wirtschaft kaputt. es wird mir... Die Wirtschaft ist doch kaputt. Oh, wait, Ah nein, really? warte, die Wirtschaft ist gar nicht kaputt. Nein, die Wirtschaft funktioniert genauso, wie sie soll. Funktioniert super. Wir profitieren einfach nicht davon. Ja, Aber genau. es ist ja deine Genau. scheißegal. Ja, ja, nein, es ist as intended. Ja, das ist so. As God intended. Ich kann vorhin etwas sagen. Wollen wir jetzt gerade wieder so... Ich wollte Specialties wissen. Specialties. Das, Kochen. ja. Angefangen haben wir während Covid mit japanischer Küche. Da haben wir uns dort mega reingelehnt. Und dann haben wir angefangen selber Ramen zu machen. Oh, geil. Und da haben wir wirklich from scratch alles gemacht. Mhm. Und das war fun as hell gewesen. Da haben wir uns einmal im Februar 21 haben wir uns extra einen grossen Kochtopf gekauft, wo so, keine Ahnung, wie viele Liter drin Platz haben. Ja. Und haben den mit Knochen gefüllt und unsere eigene Broth gemacht. Und Damn. alles. Wirklich alles. Das war fun as hell gewesen. Warte, jetzt muss ich mal schauen, ob ich Also, wie viel Sourdough-Brot hast du gemacht in dieser Zeit? Ich nicht, meine Freundin. Das sind ja... Oder Sie hat sich literally am Freitag hat sie sich nochmal einen Sourdough Starter geholt. Bei einem Kollegen, der ein Restaurant hat. Damn. Und Das klingt so absolut nach einer Drogenholy-Geschichte. ja, es ist insane. Aber das Beschissene an dem Ganzen ist, es lohnt sich. Sourdough ist hure fein. Mhm. Ich würde selber glaub, nie den Aufwand betreiben. Personally. Und ist gesünder als die anderen Brot, oder? Ich weiß nicht, ob es gesünder ist. Es ist einfach einfacher zum Verdauen, So weil viel- es ist halt vorfermentiert. Mhm. Das ist auf jeden Fall gesünder wie alles, was die Amerikaner als Brot Es bezeichnen. ist nicht weniger Carbs, habe ich gemeint. Nein, Ja. es ist immer noch genau gleich viel Mehl Ja. schlussendlich. Es ist einfach vorfermentiert, also das Verdauen ist einfach einfacher. Aber es ist, Also kein weniger Bloating und so. ich glaube es. Ja. Ich glaube es. Für Leute, die sonst schon Unverträglichkeit haben mit Brot, ist es vielleicht einfacher. Aber ich würde es jetzt nicht als gesund in dem Sinn bezeichnen. Glaube ich. Ja, ja. Aber Ramen haben wir uns mega fest auseinandergesetzt. Und sonst japanische Küche ist mega spannend gewesen. Hast du ein Eieromelett gemacht, das du musst aufschneiden und es nachher aber ploppt? Nein, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe die gerollten Omelette habe ich gemacht, habe ich ganz viel gemacht. Wir haben uns in Japan haben wir uns dann auch extra noch so eine rechteckige Pfanne geholt. Rechteckige Pfanne. Ja, wo du dann kannst so, schau, das ist das Ramen, gewesen, was wir gemacht haben. Damn! Das sieht ja crazy aus. Ja, es war fun as hell gewesen. Jo! Sick. Das ist Tonkatsu. Mm. Und das war fun gewesen. Dann haben wir angefangen Sachen auszuprobieren wie die japanische Dessert, Mochi. Ah, Mochi? Ja, Geil. dann haben wir die angefangen zu machen. Mhm. Tacos Ja, geil. Sick. mit eigenem Brot. Ja. Jetzt gerade bin ich sehr versessen auf Tacos. Ja. Und Geil. auch nochmal ein Bild von einem anderen Ramen, den wir gemacht haben. Dann. Und das Geile ist eben, wenn du mal die erste Bowl Ramen gemacht hast, die ist verdammt viel Arbeit. Da bist du 2-3 Tage dran, Mhm. bis du die erste Bowl hast. Mhm. Und wenn du die erste Bowl hast, hast du nachher 20 Bowls. Mhm. Weil das, was lange braucht, ist halt einfach das Vorbereiten von allen Zutaten. Mhm. Und wenn du die mal gemacht hast, ist es geil. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das etwas ist, wo ich jedem empfehle zu machen. Mhm. Weil du kannst auch einfach mit einem guten Hühnerbouillon kannst einfach viel erreichen. Ja. Ja. Ja, fair. Nein, wir haben im Neujahr haben wir mit dem Brüder
so eine koreanische Cooking-Show geschaut. Ja. Wie jetzt heißt es? Class Wars. Cooking Class Wars. Okay. Und nachher so angefangen zu kochen. So Gochujang und so Shit geholt. Geil. Auch das ausprobiert und erste Versuche sind wüst gewesen. Ah, schon? Ja, aber ich habe zuerst Hast du das viel Gochujang verwendet? ich vibe einfach mit dem Gochujang. Ich probiere einfach selber zu viel von dem rein da. Nachher habe ich gefunden, Ja. ich muss Recipes folgen und dann checken. Ja, wenn wie es du es geht. noch nicht kennst, ist wichtig, Ja. zum zuerst einfach das Rezept genauso nachkochen, wie es Ja. jemand macht, der es weiss. So ein Gochujang ist so Ist intens. So intens. Ja. Ich habe einfach zu viel nicht getan, einfach nicht können essen. Ja, aber über Kochen kann man mit mir genau gleich lang reden wie über Musik machen. Im Fall. Mhm. Einfach, Ja. einfach nicht, dass wir da immer mich stoppen. Nein, das ist gut. Das ist gut. Das Und ist zum okay, Beispiel- das ist okay. Aber Tacos bin ich mir richtig verliebt. Geil. Ich habe das Leben lang gedacht, ich habe mexikanisches Essen nicht gern. Mhm. Wirklich? Ja, ich habe es gedacht. Ha. Weil das, was man da isst in der Schweiz, ist nicht mexikanisches Essen. Nein, das ist so. Und ich habe gedacht, ich habe mexikanisches Essen nicht gern. Bis ich angefangen habe, auf YouTube Leute zu schauen, die mexikanisches Essen richtig machen. Ich bin Mexikaner. Weil da ist ja ein Tex-Mex, oder? Ja, nein, vor allem, es ist eine Bastardisierung von Tex-Mex. Es ist nichts. Ja. Es ist alles, ja weißt, Fajitas und da kannst du da die Gewürzmischung kaufen und da kannst Boah, die hure Gewürzmischung, Alter. Alter. Ah, fuck, die macht mich so hässlich. Nein, Also hör das das Ding ist jetzt, jedes von diesen huren Sportcamps oder Skilager, wo du gehst, Ja, die gibt fucking einmal grusig. Fajitas und es schmeckt alle einfach ja, auf dem Kopf. Ja. mit dem scheiß Boah, Kartonbrot Da und holst du so. Vietnam-Flashbacks über von Nein. dem huren Ich habe dann Ding. angefangen, so wirklich Rezepte holen von Leuten, wo ein ehemaliger Schulkollege von mir ist halb Italiener, halb Mexikaner. Gute Also- Mischung. Viel Ja, und dann haben sie Essen. gesagt so, hey Dude, ich will Tacos machen und ich weiss, du hast auch ein cooles Rezept. Er ist auch noch Koch, das kommt auch noch dazu. Aha, Er ist ja, gelernter das ist Koch. gut. Ich so, Dude, Idee, Tipps. Also hey, mach das mit Zwiebeln. Rote Zwiebeln, fein schneiden, nicht hacken, einfach so Schiebli, Ringli, keine Ahnung, dem sagen Ja. willst. In ein Einmachglas, Mhm. Limette, frische Limette, drüber auspressen, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, Chiliflocken, mischen, Stunde in den Kühlschrank. Das nachher über Tacos. Fucking Ja, Mann. amazing. Motherfucker, jetzt muss ich auch etwas essen. Ich habe letztens. So, schau die Zwiebeln an. Schau die Zwiebeln an. Oh mein Gott, Du musst mal Ceviche machen. Muss ich auch mal machen. Ich habe letztens angefangen zu machen. Und ich Und? habe einfach mich mit einem Kabeljau, wo gefroren ist vom Lidl. Fuck Das kommt yeah. hure gut. Einfach Zitrone, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, that's it. Fuck yeah. Über Nacht lassen, oder? Kochen im Zitronensaft. Alter, insane. Insane gut. Ich glaube, ich würde morgen ein Brisket aus dem Gefrierer rausholen. Ich habe 3 Kilo Brisket hier Geil. noch. Und ich lasse ihn auftauen und dann rühre ihn über die Nacht auf den fucking Smoker. Ich schicke euch dann Fotos. Machst du so Pult? Nein, nicht Pulled, sondern einfach durch und dass du mega fein kannst schneiden dann, Ja. und dann einfach mit. Hast du schon mal Pult Tacos Ja, habe ich auch gemacht? schon gemacht. Aber Mais Tortilla machst du selber. Entschuldigung? Mais Tortilla machst du selber. Kommt drauf an. Okay. Musst zuerst halt immer das richtige Mehl finden. Ja, Und das ja. findest du in der Schweiz nicht immer. Musst du bei so spezielle Laden online Ja, kaufen, oder? musst du entweder online bestellen oder bei Mexikaner vorbeigehen, Ja. was das richtige Mehl hat. Weil das Mehl, das du verwendest, zum Tortillas machen, wo ein Mensch kann verdauen, muss speziell bearbeitet sein. Ja. Es muss nixtamalized sein. Das ist irgendein Prozess, den sie machen, damit der Mensch kann die Enzyme verdauen, die im Mais sind. Wenn das gemacht ist, dann kannst du mit dem Mais kannst du dann eigentlich essen. Also kannst du ein Essen machen. Mais-Tortillas sind für mich etwas Beste, was du kannst machen, wenn es um Tortillas geht. Aber ich finde eigentlich die Textur geiler von Mischung aus Mais und normalem Mehl. Weil du hast den Geschmack vom Mais und die stretchy Gluten-Ding von normalem Mehl. Das ist wie beides das Beste. Wenn du das Maismehl nicht findest, dann kannst du immer noch normale Tortillas machen aus halt einfach normalem Mehl. Ist immer noch geiler als das, was du im Laden Ja, findest. wahrscheinlich schon, ja. Ausser es gibt eine Marke, die ich gefunden habe, die hure geile Mais-Tortillas macht. Die sind der Shit. Die sind ein Yes, bisschen teuer. Ja. Ich habe gerade den Namen vergessen. Warte, ich zeig dir's. Alright. Wenn ich keinen Bock habe, zum selber Mais-Tortillas machen, dann kaufe ich die und das sind die. Wow, ja. Die sind wirklich dope. Das Nein, sind, mexikanisch ist auch auf mein Table. hey, auf meine fucking Liste. dope. Ich kann dir sonst mal ein Rezept schicken, wenn du Bock hast. Es ist nicht authentisch, aber ich habe es absegnen lassen von der Frau von einem Freund von mir und sie ist Mexikanerin. Ja. So ich fand, nein, das ist authentisch genug. Ja. Ähm,
Ich bin jetzt in meiner Mission, zum mit meinen Roots reconnecten, mehr peruanisch zu kochen. Deswegen Geil. habe ich mit Ceviche angefangen. Und jetzt als nächstes muss ich noch ein paar neue Sachen probieren. Aber ja, teilweise musst du Zutaten wirklich von einem Online-Laden kaufen, Ja. der importiert. Die kann ich sehr empfehlen. Komm jetzt. Gehen wir Shoutout im Podcast. Michel, das ist für dich, den kennst du wahrscheinlich. Wieso kann ich das nicht öffnen? Was sind die da? Bio-Mais Tortillas. Massamor. Ja. Molino Die findest kennst du The Bridge am Bahnhof, am HB? The Bridge. The Bridge ist ein Laden, wo mega viel Essensspezialitäten aus allen möglichen Ecken von der Welt. Am HB? Ja, also nicht am HB, an der Europa, Entschuldigung. Wenn Okay. du von Europa, vom HB her rauflaufst, auf der rechten Seite. Alright. Dort hat es einen Laden, der heißt The Bridge, ist Teil von der Migros. Mhm. Und dort hat es alle möglichen Sachen drin, unter anderem die Tortillas. Und da kannst du so ein Kilopack, wieso, kannst du mit Tiefgefrierer kannst kaufen. Kannst bei dir die Gefrierer reinrühren. Geil. Und wenn du Bock hast, nimmst du ein paar raus. Geil. Die sind der Shit. Alright. Stabil. Das notiere ich mir. Ist gut. Yes. Wo sind wir gewesen? Black Gold. Nein, Mann, wir sind jetzt bei Essen. Black Gold ist schon lange durch. Ich glaube, wir sind gewesen, wenn er angefangen hat, selber zu recorden. Und dort war Black Gold schon lange draussen gewesen. Genau. Weil diesen Song habe ich, glaube ich, das erste Mal gehört, als ich gerade etwa so frisch in meine Wohnung gezogen bin in Bülach. Ah, spannend. Das war etwa 2019 gewesen. Wir haben oder so. in Bülach die Listening Party gemacht. Dann. Ist es Im, Bülach ja, gewesen? im Guss, gell? Ja. In der Kantine. Ja. Ja, das habe ich leider nicht kennengelernt. Schade. Oder whatever. Oder bei irgendwie, ich weiß nicht. Dort haben wir uns gar noch nicht gekannt. Ja, bin ich nicht. Ich habe Stimmt, beides. dann hat der Dave mir einfach plötzlich so geschrieben, ich bin zu Bülach. Und ich so, ja, ich heute nicht. No. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es in Bülach war. Ich habe es irgendwo im Bad oder so. Nein, es war Bülach. Ha. Hey, die Venue ist aber schon noch geil gewesen dort oben. Nein, Ja, gell, die ist nichts mehr. nein die ist nicht mehr. Das ist jetzt gentrifiziert Kack-Scheiße, Alter. Cool. Das ist einfach ein neues Viertel in Bülach, wo einfach aussieht. Ich bin letztes Mal da gewesen, ich habe ja dort in der Nähe gewohnt. Ja. Es ist einfach, ich bin dort mit dem Zug reingefahren und ich dachte, what the fuck ist das, Alter? Wo sind wir da? Komplett Neubau. Alles neu, Krass. alles neu, alles hässlich, alles beschissen. Das ist schade. Plus, das Gute ist, die Leute, die dort wohnen, dürfen nur 2-mal am Tag aus der Tiefgarage raus und reinfahren. What? Damn. Ja. Ja, Fragt mich nicht. bestimmt das. Ja, die haben 2 Fenster, wo man rein und rausfahren in die Tiefgarage. Der hat mich Crazy. böse anschießen. Wo sind die Franzosen, wenn man sie braucht? Ja. Ja, wir sind Franzosen, wenn wir sie brauchen. Mhm. Okay. Wann kommt der Song? Kommt schon noch. Alright. Also er ist aufgenommen. Ich weiß noch nicht. Anderes Thema. Schwieriges Thema. Aber ja, das ist ein Franzose, das ist doch gut gewesen. Mhm. Franzose. Ich frage mich immer noch, wie wir jetzt. Ich glaube, wir sollten nicht wirklich zu fest reingehen, weil es könnte schon noch kurz ausarten. Es würde definitiv ausarten, weil wenn man jetzt mich nach meinen politischen Meinungen fragt, dann... Gib ihm. Dann wird der Podcast nachher cancelled. Ja. Dann haben wir plötzlich den Mossad da im Haus. Das werde ich nicht am Ricky antun. Wir haben den Mossad schon in der Nähe, weil Mike sein Hund heisst Chispa. Aber ich sage immer, das ist falsch. Mike sein, weißt du, Tao ist Bassist Mike. Yeah. Das ist eine Mossad-Spionin, die Chispa heisst. Oh no! Ja, anyway. Darum hat er mal eine Gitarrenlektion wie wir wollen. Der Hund? Ja. Hat der Mike bei Gitarre lernen? Er hat mal angefangen Gitarre zu lernen, ja. Ah. Er hat sehr viel Gitarre, ja, er spielt Gitarre. Okay. Ja. Er hat mir mal gesagt, wenn ich mal nicht Gitarre spielen kann, ich glaube, wer seine Songs würde er auch noch anbringen. Sick. Und ich gesagt, Ja, fair. das schon. Ja. Nein, eben, also das habe ich einfach so lustig gefunden, als ich dort ins Studio gekommen bin. Wir haben ja, glaube ich, die Songs, die wenig rumgeschreit waren, zuerst aufgenommen, am ersten Tag. Ja, voll. Und dann Dort bist du ja später dazu gekommen. Genau, und am zweiten Tag habe ich am Morgen noch arbeiten und dann ist der Butch schon bei dir im Studio gewesen und hat Vocals aufgenommen und dann bist du dort gekommen und dann so, ich habe die Vocals gelesen. I'm all in. Ich noch so. Du weißt, sie sprechen mir aus der Seele. Und ich Yes. So, jawohl. Das war, glaube ich, Extinction Level gewesen. Ich glaube. Dass dort das Wort Guillotine nicht vorkommt, macht eigentlich gar keinen Sinn in diesem Text. Das macht keinen Sinn. Nein, ich meine, du sagst, wir müssen sie auffressen. Ach gut, das stimmt, ja, das stimmt. Irgendwie musst du anfangen. Wegen dir habe ich jetzt Guillotine in der Lyrics gebaut. Guillotine kommt plötzlich überall im Fall vor. Ja, Mann. Überall. Irgendwelche Cancel rührt einen Song aus, Ja, der Mann. Guillotine heisst. Ah, fuck schon. Ja, das ist schon draussen. Damn. Dann irgendwie sonst noch irgendetwas mit Guillotine ist überall und ich finde es schön. Mhm. Das ist gut. Death I can guarantee.
Ist gut. Suddenly Straight from the Path. Straight from... Stimmt. Aber ich habe dort, wo du das eine Ding, wo du gesagt hast, von Straight from the Path mit Landmarks, ich wollte das irgendwo mal noch einbauen. Gut Bata. Ja, das ist so geil. Ja, das ist dope. Das ist einfach so hässig, einfach so ganz, so richtig ehrlich, aber so, los zu, du Sack! Ja, das wäre schon lustig. So auf Schweizerdeutsch einen rein. Einfach so, hebt die Schnur, los zu, bam! Du hebst Loch. So. Heb's los. Hebst Loch, los zu. So ein Nickel! Schafsäckel. Das wäre echt geil. Ja. Ja, aber das ist im Fall wirklich, ich habe selten so viel Spaß gehabt beim Vocals Recorden wie dort. Das freut mich gut mega. gewesen. Das Das freut hat mich wirklich mega. Spaß gemacht. Das ist mir mega wichtig. Vor allem auch dort, wo wir den Song Death aufgenommen haben und du das Gefühl hast, so, okay, wir können all System of a Down. Ja, aber das ist einfach ein spontaner Vorschlag gewesen. Ja, aber ich finde, das ist einfach... Aber es hat Ja. eben, darum habe ich ja auch wollen mit jemandem Vocals aufnehmen, wo einen externen Input bringt, weil Das ist schön. Der hat dann, Ja, aber hat ich glaube, verdammt es viel braucht gebracht. halt wie beide Seiten, dass... Also, weißt du, wenn ich einen Vorschlag bringe... Okay, das ist mal die eine Seite. Jo. Aber die andere Seite muss dann halt wie auch empfänglich sein dafür. Ja, Und der Butch hat einfach gefunden... right. gut, aber das habe ich ich glaube, das ist vielleicht, weil du auch noch ein bisschen noch mehr externer bist wie der Rest von der Band. Hat das, glaube ich, auch noch mal wirklich einen anderen Einfluss, weil wenn wir jetzt im Band intern irgendwelche Inputs haben, muss ich also einen Huren müssen lernen. Wenn der Domi irgendeinen Input hat, habe ich früher immer ja, nein, aber. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, okay, ja, wir können es mal probieren. Ja. Und wenn du einen Input gebracht hast, ist mir einfach so, ja, probieren wir es, let's go. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich einfach, weil Ich weiß nicht. Ich kann manchmal, wenn es nicht dran bist... Weil wahrscheinlich halt Schwierig. einfach, weil ich dich halt wahrscheinlich einfach irgendwie doch nicht noch nicht so viel mit dir Ja, hin und her vielleicht. also umgestritten habe wie mit dem Domi, was zum Songs Sinn. geht. Nein, Producer ist auch eine Third Party, wo auch ein gewisses... Aber Aber ja, Respekt vor dem Producer hast, weil du schaust mit jemandem Fast eine wo- Autoritätsposition. Definitiv, schon, ja. definitiv. Und so Schiedsrichter teilweise auch. Ja, der Schiedsrichter spiele ich öfter. Also ich Das wollte ist jetzt jetzt bei nicht, euch nicht der Fall gewesen, aber es kommt schon vor. ja, das glaube ich. Bist Das du- glaube ich. Bist du in der Mitte wie also so wie wenn du als Kind zum Kollegen gehst und Eltern von der Kollegen fangen an zu streiten. So. Und dann ist literally so das Jesse-Meme. So. I gotta go. Ja, okay. Entweder können wir das jetzt und du hockst dann dort und dann schaust so in den Spiegel, wartest so, bis ein Erwachsener kommt und das klären und so, Ja, nein. Und dann, wenn ich eben im Studio bin, shit. dann ist es so, shit, ich bin erwachsen. Ja! Das ist so... Das ist Ja, so, es sind dann eben, meistens sind es dann eben Diskussionen, die hure hart nirgends herführen zwischen den Bands. ja, immer. Weil es ist dann immer so, nein, aber ich will das China und nicht das China. Also, Alter, kein Sound und gibt einen Fick, was für ein China das du verwendest. Ja. Ich nie Das haben wir auch immer gesagt. Und dann kommt der Jonah von fucking Crowdkill und sagt, unser Snare tönt scheiße. Also er hat nicht gesagt, es tönt scheiße, er hat gesagt, es gefällt ihm nicht. Ja, aber ich meine, das ist halt bei Musik. Das ist fair, Ich weißt du, das es ist so, es darf dir nicht gefallen. Mir ist lieber, jemandem gefällt es mega und jemandem gefällt es gar nicht, als Hey, mir es ist- gefällt einfach allen ein bisschen. Mir ist lieber, es gefällt 100 Leuten gar nicht, wie das einfach, dass es allen egal ist. Ja. Weil wenn es 100 Leuten gar nicht gefällt, hast du irgendetwas in denen ausgelöst. Ja, und ich finde, Dann hast du Kunst irgendetwas sollte Sachen auslösen gemacht. und ich glaube, es ist einfach zu einfach geworden, um etwas mega gut tönen zu lassen und niemand kümmert sich mehr darum, um es nach sich tönen zu lassen und das Hey, ist look, schade. alle kennen die St. Anger Snare. Ja, Das ist, und das alle ist, diskutieren über die fucking Snare. es ist vor 30 Jahren rausgekommen. Nein. Ich bin mittlerweile Ja. sicher, dass es kein Snare ist. Es ist tatsächlich seine Signature Snare. Nein! Ja. Sie haben es einfach massiv hoch gestimmt. Nein, es kann kein Snare sein. Das ist einfach... Das ist einfach, das das ist ist einfach... ein Slipknot-Gag, Alter. Das ist einfach Peeling Flash Snare for Peeling Flash, Alter. Potato. Jawohl, ich hab's gewusst. 2 Stunden 49 ist es gegangen, bis zu der ersten Peeling Flash Menschen von Ja. Ricky. Amazing. Ich habe vor etwa 1,5 Stunden schon damit gerechnet. Oh. Er ist so kurz davor gewesen. Alter, Er hat Slam gesagt. ich habe dir ja das Video geschickt, Kennen was das ihm... Meme von dem Dude, wo... Ja, ja. Ich habe dir das Video geschickt vom Gear Masters mit dem Drummer von Peeling Flash. Ja. Und er erzählt, wie es Crash einfach von einem Crackhead gekauft. Amazing. So wie, Beste ja, Leben. er hat 150 Wähle, ich habe einfach 80 mitgenommen. Oh no. Aber nachher eben, was auch noch lustig ist, eben seine Bell, die einfach immer viel Breakdowns braucht, oder? Ist einfach die billigste T-Bone, also Thomann, Ja. Sultan Bell und so, wo 50 Stutz kostet oder so. Oder, ja, Ricky, weißt du noch, wo wir in Bern gespielt haben, in Malibu, Mhm. wo nach unserem Taoist-Set 3
separat 3 Gitarristen zu mir sind gekommen oder zu uns und gefragt haben, was ich für ein Amp hätte, weil das tönt hure geil. Und ich bin da gekocht, ja, es ist so ein Laney Ironheart Pedalboard Transistoren-Amp. Ja. So. Ich glaube, die Leute setzen sich eben zu wenig mit ihrer 200 Technik auseinander und vergessen, dass alles gut kann tönen. Genau, Ich habe jahrelang bei Atropos mit einem Marshall Plexi probiert, Ah, geil. wo nur einen kleinen OD davor hatte. Kein neues Gate, kein Clean Channel. Nichts. Und das war nicht, weil ich das Gear nicht hatte. Ich wollte das Gear nicht mitnehmen. Ich war zu voll. Fair. Ich bin nur mit Sehe einer ich. Gitarre in die Probe gegangen. Und dort einen Overdrive von Boss davor gehabt. Gain auf einen Amp, Dime. Und es hat, im besten Fall hat es nach ACDC tönt. Hell yeah. Und dann habe ich noch den OD angestellt. Dann hat es nach einem schwachen kleinen Bruder von Metallica tönt. Mit dem habe ich probiert. Ja, aber Ja. mehr brauchst du nicht. Nein, wenn du genug hart pickst, Das dann ist schon. extra. Ja, genau. Das ist Das ist der ich kann der also- Gitarrist von Monument, oder? Einfach der Ton einfach mega low gain hat und dann pickt er einfach hure hart. Bis aber das ist... Er pickt einfach einen Pickten. Ja. Ist das zu viel gewesen? Sorry. Nein, das war stabil gewesen. Aber Ricky, du hast doch auch, du hast doch auch das Gefühl gehabt, wir haben doch die hure Harley Benton die Explorer Harley Benton. Die hat doch so einen richtig hässigen Sound. Ja. Ich habe jetzt herausgefunden, was es ist. Was? Die hure Pickups haben einfach keinen Output. Fair. Dann hast du Ah, einfach mehr. sind sie sauber? So, ja, nicht wirklich, aber sie sind einfach nicht so, sie sind einfach nicht so hässig. Und durch das Ich habe bin, ich sie ich einfach bin sowieso aufgenommen. ein Fan von Mid-Gain Pickups, Entschuldigung. Ja, ich habe sie dann einfach so näher an die Seite angenommen und Das ist dope. härter reingehauen. Und Das ist dope. es tönt aggressiver als EMG. Meine besttönende Gitarre ist meine PRS. Mhm. Und ich behaupte, es liegt daran, dass ihre Pickups einfach fucking gut eingestellt sind. Weil ich kann mega clean damit spielen, aber sie tönt am hässigsten. Was ist Stock-Pickup? Ja, ich habe wirklich das Gefühl, es ist, wenn du. Ich habe gemerkt, mit meine Ibanez, die ich zum Recorden brauche, jetzt die Martios drin. Aber Ibanez hat ja mit die Martio für die Premium. Ah, Range. ja. Die sind schon geil, die sind aber relativ hoch in Output. Und ich habe das Gefühl, je weiter dass ich sie wegnehme von dem Ding, umso hässiger tönt es. Weil es einfach. Das erste, was du verlierst, ist eben Bass. Mhm. Ja. Weil, also das ist wahrscheinlich der Grund, wieso es hässiger tönt für dich. Weil jedes Mal, wenn du näher an einen Source hergehst, hast du Bass. das stimmt. Nein, ich habe das Gefühl, es könnte eben auch sein, weil halt das Signal dann nicht mehr so Komprimiert ist. komprimiert ist. Ja? Genau, Also, aber das ist Aha. wieder beides zusammen. Ja, ja. Also Proximity plus Kompression hast du nur noch hell und jetzt tönt es hässig. ja. Weil jetzt hast du mehr Dynamik und Du musst ein bisschen mehr weniger reingehen. Bass, musst mehr liegen. Dynamik ist sowieso etwas, was komplett vergessen geht im modernen Metal. Mhm. Ja, ich verwünsche mich selber am dabei. Same. Mhm. Also meine Mixes sind derzeit... Vorgestern habe ich einen Mix gemacht, wo ich versehentlich bei minus 2,5 LUFS war. Damn! Was zählst du für den LIFS am Schluss? Schaue ich nicht, Ja. aber ich versuche schon, dass es einfach nur ein bisschen Dynamik hat. Also, sagt ihr das irgendetwas? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht nur mir, sondern auch über 98% Wir sind da im Mastering-Talk jetzt. Oh mein Gott. Von den Leuten, die da im Podcast zulassen, nicht sagen. Von dem her, das Wort, also mal mir sagt es etwas, aber nicht Okay. wirklich. Wir haben, also du kannst, mit einem digitalen Mix kannst du von der Lautstärke her bis 0 hergehen. Ah, ja. Die meisten, ups, sorry. Das ist okay, es hat nicht ausgelernt. Ja, das ist genau meine sorry. Grundsätzlich kannst du bis 0 hergehen. Wenn du über 0 gehst, dann fängst du an zu verzerren. Dann klippt es einfach, ja. Genau. Das ist das digitale Clippen, das du nicht willst. In der analogen Welt gibt es Clipping in dem Sinn nicht. Du kannst etwas... Nein, das geht nicht, weil oben ist eine Grenze. Nein, in der analogen Welt. Eben, analog. Genau. Ja. In der analogen Welt gibt es die Grenze nicht, weil du fängst einfach Sachen an zu verzerren. Aber das tönt fürs Ohr für die meisten Leute cool. Das ist wie Tape oder so. Tube-Amps. Zum Beispiel. Aber im Digitalen willst du das nicht. Nein. Jetzt, beim Mastering, die meisten modernen Mixes, die laut sind, sind so bei minus 7 Dezibel. Das ist so eine Skala, die man hat von LUFS, wo Fullscale halt das misst. Im Durchschnitt an der lautesten Stelle so bei minus 7. Ich war an einem Mix für City of Pillars, wo wir gerade fertig gemacht haben, einen Song. Und der ist recht laut geworden, weil es irgendwie eine Mischung zwischen Trap und Deathcore. Das ist stupid Ja. Caveman-Stuff. Geil. Und
dort bin ich versehentlich so bei -2 gewesen. Das ist crazy. -2, ich kenne, glaube ich, selber keinen Mix, wo so laut ist. Und das ist stupid. Also, es war nicht Absicht gewesen, aber ich habe viel zu viele laute Kickdrums gehabt. Und die haben 6 Zettel gespielt. Und es sind alles Kickdrums gewesen, die du eigentlich sonst würdest im fucking Trap verwenden. Sprich, mega bassig, mega laut. Ja. Aber man hat alles noch gehört. Nicht so, oh no. Ja. Kann man dann nicht einfach den ganzen Track leislicher machen? Ja, aber da hast du immer noch gleich viel Kompression. Ah, Das ist das Problem. ja. Das heisst, ich habe schon vorher beim Mix so viel Kompression draufgehauen, grundsätzlich. Also, ich habe dann zurückgenommen alles auf dem Mastering und dann hat es wieder mehr Dynamik gehabt. Aber es war sehr laut gewesen. Ja. Aber fun. Ja, voll. Ich meine, Richtlinien für Spotify sind -14 Lufts, aber einmal habe ich es gemacht, das war zu leise gewesen. Ja, es ist beschissen. Und dann ist es so wie, du willst einfach so viel cranken, dass nachher, wenn es in Spotify komprimiert wird, trotzdem noch lauter oder einigermaßen Ja, laut Spotify ist. tut eben nicht komprimieren, sondern sie tun einfach abdrehen. Genau, aber Sie machen einfach mit einem Fader. Genau, machen es genau. eigentlich leisiger. Und nachher willst du quasi dazu einfach nachher noch kompensieren, dass nachher, wenn es aber sagen wird, doch noch überkommt. Eben, irgendwann kommst du zum Punkt, wo es einfach fängt an beschissen zu tönen. Genau, Ja. der Punkt. Ich kenne aber selber niemanden, der die -14 wirklich abhält. Also die meisten Leute, die ich kenne, sind bei -10 und drüber. Ja, also ich sehe so Leute so -6, 7 eben Lufts und Dort so. bin ich in der Regel. Ja, ich versuche auch so plus minus ja. Und trotzdem jedes Mal, wenn ich meine Songs auf Spotify höre, tönen sie nicht so laut wie andere Songs. Ja, es ist halt immer noch perceived laut, dass man Ja, dazukommt. Ach so, crazy leislich ist da. Nein, aber wenn du overanalysierst und einfach immer dich kannst vergleichen. Und, Gut, aber was mir aufgefallen ist, hauptsächlich jetzt mit eben, weil ich halt selber auch Musik auf Spotify lade, wenn einfach der Master los ist, die High, ist immer viel lauter wie auf Spotify. Aber das ist jetzt wahrscheinlich genau das, was ihr gesagt habt, dass genau. Spotify Ja. es einfach leisiger macht. Du kannst aber auf Spotify das auch ausstellen. Du kannst auch ausstellen, dass sie dir selber Sachen leisiger und lauter machen. Ja, aber das Ja, ist voll. eigentlich schon okay, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mega viele Leute einfach Ass sind und darum einfach nachher die ganze Zeit irgendwie alles drunter und drüber ist und ich keine Lust Für eine habe, das Referenz ist es nicht schlecht. Ja. Voll. Also ich meine eben, wenn ich auf Spotify gehe, Musik höre, wo die auch nicht, also mir doch gleich, ob das jetzt, Ja. wenn alles gleich laut Du willst ist. jetzt selber die ganze Zeit Leute und Nein, dann bin ich machen. happy, wenn alles gleich laut ist, das ist Ja, doch okay. absolut. Ja, voll. Also das Lustige ist, wenn du nachher nicht mehr so overanalysierst und einfach mal in eine Playlist kommst, ist es so wie, so schlimm ist es wirklich eigentlich nicht. Nein, es ist easy. Alter, das ist, sage ich dir ja schon die ganze Zeit, Ja. du denkst viel zu viel nach, schau mal Das, weniger das, machen. das ist typisch, das ist halt das. Ja, das Nachdenken. Sag mal, ein Musiker soll aufhören nachdenken. Ja, voll. Aha. Das kann ich mittlerweile, ich habe es gelernt, es ist ein Und fucking Lifehack. nachher schiebst du das Ganze auf Producer, genau das gleiche. Das ist immer stimmt noch auch nachdenken. nicht so ganz. Ich habe es nicht auf den Mahmoud geschoben. Ah, Nein. Ich meine, wenn du als Musiker schon Aha. alles nachdenkst und nachher noch Ach so, anfängst meinst du? Ja, Fairplay. nachher Ja, schiebst die du einfach machen's genau dann auch weiter noch, an. ja. Das machen es alle. Ja, voll. Aber ich habe öfters einmal gesagt, ich habe beim Songwriting im Fall öfters einmal gesagt, das ist ein Mahmoud-Problem. Aber das ist ja okay. ja. Also ich habe jetzt bei keinem Song ein Problem. Nein, mehr für die gefunden. Vocals oder so, weißt du? Ah. Oder so, ich habe die Synthes gemacht, dann habe ich sie den Jungs geschickt und dann haben sie gesagt, ja, die sind schon geil. Ich weiß jetzt aber wie nicht, was wir da noch machen können. Ich so, ich finde es gut. Wenn es scheiße sind, ist das ein Mahmoud-Problem. Ich habe das übernommen, was du geschickt hast und ich habe es einfach gemischt. Das ist geil. Ja. Ja, ich gebe mir schon Mühe. So ist es ja nicht. Ja, ist super. aber irgendeinem Zeitpunkt haben wir dann einfach wirklich... Ich glaube, Mühe geben und den Kopf abstellen gleichzeitig geht schon. nein, es ist, glaube ich, dann Ja. mehr um so Sachen gegangen wie, ja, muss der Synthi jetzt so laut sein oder müssen wir jetzt da noch Vocals so. Ich sage, Kollege, wir nehmen es einfach nur auf. Ja, Das ist, kann wir man nehmen nur es sagen. einfach nur auf. Wir machen da Manchmal gerade ist beim außer Songwriting aufnehmen. ist Kopf abstellen eigentlich das Beste. Ja, voll. Also der Phil und ich, wenn wir zusammen Songs schreiben, das ist immer so, ich habe eine Idee. Es ist wahrscheinlich dumm. Machen wir. Beste. Ja. Beste. Ja. So ist Immer. der F entstanden. Dope. Weil das ist, ich habe dem Ricky mal gezeigt, der hat er ganz anders stöhnt. Das Ja. ist der, wo du mir gesagt hast, der Chorus ist scheiße, wir müssen etwas mehr machen. Ja. Und dann haben wir den Chorus, es ist eigentlich so blank, dass das Riff, das Hässige, ist rum war. Die Ja. Strophen ist eigentlich auch etwa so gewesen, wie sie jetzt war. Aber der Chorus ist dann einfach so mega zusammengehend und eigentlich so clean und schön gewesen. Ah. Und der Ricky so, nein, das ist gay. Und ich so, ich find's geil. So habe ich es nicht gesagt. Nein, du hast nicht gesagt, das ist gay. Du hast gesagt, der Chorus ist das Obwohl- ist zu wenig, muss hässig sein. All to be honest, finde ich schon. Also, du hast wahrscheinlich nicht so gesagt. Schau, wir sind jetzt bei 3 Stunden, nur OGs sind jetzt am Los. Fair enough. Hater sind schon lange abgestellt. Plötzlich ist es Du meinst, ja gut.
I don't care, honestly. Auf jeden Fall hast du gesagt, das ist nicht so gut, das müssen wir anders machen. Ich so, fuck you. Ich find's geil. Da hat der Ricky etwas zusammengebastelt. Ich so, hat was. Da habe ich es dem Domi gezeigt und der Domi so, der Ricky hat recht, aber sie ist auch nicht gut. Wir machen einfach keinen Chorus. Fuck yeah. Wir machen einfach keinen Chorus. Wir machen einfach das Intro-Riff nochmal und schreien Bohemian drüber. Rhapsody hat auch keinen Chorus. Ich habe vergessen, ich habe etwas gebastelt. Du hast nicht einmal noch ein Dings gemacht. Schon. Du hast dann, einen glaub, Remix gemacht. Du hast einen Remix gemacht, wo du dann aus der... Du hast, glaube ich, dann irgendwie noch einen Chorus zusammen... Du hast auf jeden Fall gesagt, der Chorus muss das sein, aber mit Power Chords und mehr Schlagzeug. Und dann hast du es nochmal anders umgestellt. Und dann hast du Domi einfach so genommen und einfach so das Gefühl gehabt... Ja, nein, wir machen das nicht. Dann machen wir so. Und dann der Domi Deck so, machen wir das jetzt einfach nur noch dumm. Und ich Ist so... so. Mit der Double Bass Idee gekommen? Ja. Machen wir das jetzt einfach nur noch dumm. Und er so... Ich so, ja, der Breakdown. Und ich so, aber es ist noch nicht ganz fertig. Und ich so, ja, und jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Machen wir den Breakdown langsamer. Und ich nur so... The Metalcore Stable. So fuck happened to you, Domi? Du bist der, du bist der, wo ich jedes Mal muss, wenn ein Mischer sagt, hau mal richtig drauf, muss sagen, er ist ein Jazz-Schlagzeuger. Jetzt kannst du bei dem Scheiß umlegen. Ey, das muss ich nicht widersprechen. Nein, es ist herrlich gewesen. Anscheinend. Ja, dort finde ich den Peeling Fish Approach sehr gut. Ja. Wenn du beim Breakdown nicht musst lachen, dann ist es noch nicht gut genug. Fair enough. Aber eben, ich habe beim Songwriting auch gemerkt, einfach mal dumme Scheiße machen bringt immer. Ja. Das ist take a chance. Und wenn du merkst, Oder dass die nicht dumme best. Scheiße irgendwie so ein bisschen etwas hat, dann musst du einfach wirklich reinlehnen. Dann musst du wirklich einfach... Ja, ich finde, das ist, also jetzt gerade bei mir in dieser Phase, wo ich jetzt bin, ist, wenn es mich nicht zum Lachen bringt, generell beim Musik hören, ist es wahrscheinlich noch nicht extrem genug. Ja, und das voll. kann in jede Richtung sein. Das kann sein, es ist noch nicht Pop genug, es ist noch nicht Death Metal genug, es ist noch nicht überarrangiert oder unterarrangiert. Oder wie auch immer. Das ist etwas, weil ich habe das Gefühl, mega viele Leute, mega viel Musik, ist, wie du vorhin gesagt hast, sie machen alles gleich nach dem gleichen Schema und dann ist es so, du bist dann wie so, ja, aber tönen wir so, ist das unsere Band, ist das, aber das ist jetzt zu fest, so, aber nein, ist es nicht, weil wenn du überlegst, die Bands, die ja ganz gross geworden sind, das sind immer die, die eins drüber sind in dem, was sie gemacht haben. Ja. Ich glaube auch, Dynamik ist so das Problem. Ich glaube, ganz viele Bands verstehen nicht, wie viel leislich darf sein als laut. Das ist schwer viel. Du kannst so viel leislicher etwas machen. Also, ich sag's anders. Damit es der Zuhörer checkt, musst du hure viel überzeichnen. Ja. Extrem laut und extrem leislich sind beide Sachen, die mega viele Bands nicht wagen. Sie bewegen sich immer in dem Midrange-Ding, wo es ein bisschen leisiger ist und ein bisschen lauter. Und zu wenig Leute wagen einfach extrem sein. Und das finde ich hure spannend. Ja, voll. Das ist bei System of a Down so insane. Ja, sie sind halt auch extrem. Da gibt's System of a Down ist jetzt wirklich, das ist... Ich glaube, ich würde sie wirklich, also das beste Wort, das sie beschreibt, ist einfach extrem. Das ist extrem silly Sie und haben extrem ernst. Sie haben auch schon binäre Musik gemacht früher. Ja, Weil es ist nur rein oder runter. Also es ist nur Ja. 1 oder 0. Es ist Ja. nicht ja. zwischen ihnen. Das gibt es nicht. Nein. Sie erzählen dir von ihrem My cock is much bigger than yours. Oder Why do they always send the poor? Also es gibt nichts Ja, dazwischen. es ist wirklich, es ist nicht, Ja. es ist Banana absolut, Terracotta es ist das Pie. komplette Gegenteil von belanglos. Ja. Es ist einfach so, ja, es ist entweder das Schönste, was du je gehört hast, oder es ist einfach so, Oder the what the fuck haben die genommen? Ja. Aber Dings bin ich letzte Zeit mega, also ich weiß nicht warum, aber mega viel chromatisch am Schreiben. Das ist fun. Gewisse Aber es Riffs. funktioniert einfach im Metal und Ey, Hardcore mega gut. Mega gut. Gewisse Riffs sind so wie Halbton und einfach anders Dings. Arrangieren. Anders arrangiert, aber so wie, erstaunlich gut. Ich muss dir nachher die neuen Songs zeigen kurz. Geil. Das Geil. ist Insanity dort. Also es ist stupid. Das ist Aber jetzt, wenn ich an das denke, chromatisch, denke ich an Angin de Potkin. yes, my dude! Der Film und ich sind so hart am Feiern und wir haben es am Buri gezeigt und er hat uns umbringen. Alter, ist so gut. Ich find's super geil. Ich verstehe es auch nicht. Also ich finde es cool, aber ich finde so, aber Schickt dir Lea jetzt auch immer Clips von dem? ja. Geil. Ich glaube, weil ich gesagt habe, ich verstehe es nicht, kommen jetzt die ganzen Clips von denen über. Ich glaube, das Ding ist an denen, dass sie. Ich glaube nicht, dass sie revolutionäre Musik machen. Überhaupt Nein, nicht. das Zeug hat es schon gegeben. Nein, es ist nichts Neues. Auch das mit dem Mikrotonalen ist nicht Ja, voll. irgendwie so, wow, Mikrotonal, sie haben mehr Bünde an ihren Gitarren. Fuck that. Ich finde es lustig an ihnen, dass sie einfach einen Fick geben auf Konzept, auf Songwriting muss so aussehen. Es sind einfach weirde Songs. Und das ist spannend an ihnen. Habe ich nicht letztens mit dir eine Diskussion gehabt, dass wo mein Argument war,
Mikroton, es gibt mehr, du hast doch gesagt, es gibt nur ganze Töne und halbe Töne. Und ich habe gesagt, fuck you, mit Fretless passen unendlich viele Töne. Fair. Nein, aber es ist so das gleiche Konzept wie der Marc Rebillet, oder? Es ist so cool, weil es genau einfach das Konzept ist einfach Marc Rebillet ist halt auch einfach over the top. Wie zum Fick bist du eigentlich auf den gekommen wieder? Du hast mir heute am Morgen einfach ein fucking Meme von dem geschickt. Weil er ist halt fucking ja, er ist genial, silly. aber der ist doch so 2000, der ist doch während Covid ist er doch so heute- alt Ja, gewesen. voll. Heute habe ich wieder einen Podcast, Blogs-Podcast mit dem Marc Rebillet geschaut. Das war mein Weckerton gewesen, zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben. Das das Lied, wo er... Oh, vaccinated. Sein Song Night, er hat ja einen Song aufgeladen auf YouTube, der heißt This is your new morning alarm. Oh Kennst du den? shit, ja, ich glaube. Der Aber ist so daneben. Aber das Video, das ich dir heute geschickt habe, wo er einfach in so einem Chilis oder so einfach am Jam ist, Leute einfach so Burgers am Essen sind. Das ist Und einfach so drüber. niemand interessiert und der Bruder einfach Ja, so. aber er ist halt einfach, eben, auch er mit Dynamik und over the topness. Er ist auch binär. Ja, bei ihm ist auch alles... Es Ist insane. Es ist entweder dort oder dort. Es gibt- Ja. Aber vielleicht ist binär das falsche Wort. Digital wäre das korrekte Wort. Binär Ja, ist das fair falsche Wort. Ob digital ist binär. Ja, digital Ja, ist binär, null aber, eins, ja. aber digital, ja, keine Ahnung, es ist eigentlich genau das Gleiche. Nein, ist nicht. Nein, ist nicht. Nein, binär ist nur 0 und 1. Digital ist Digital einfach... ist einfach Kann aus auch dem entstehend. Mhm. ja. Aber er ist einfach insane. Das ist vielleicht Ja, einfach ja. das, was man macht. Auch insane, ja. Es fehlen einfach, wir haben einfach zu wenig insane Leute, die Musik machen. Ja. Aber es fehlt mir wirklich so, die Leute sind einfach so zu brav. Ja. So, auch wenn du sie auf der Bühne anschaust, es ist einfach alles so zu brav, es ist wirklich alles so zu einstudiert, so zu... Mhm. Es ist nicht mehr wild. Das letzte Mal, als ich so etwas wirklich Wildes gesehen habe, ist, also nicht das letzte Mal, aber etwas von dem war es. Knocked Loose 2019 am Slam Dunk, Alter. Das ist... Knocked Loose letztes Jahr. Letztes Jahr im Dynamo. Nein, leider nicht gekriegt. Dort war dope gewesen. Aber das Jahr wird es crazy, weil ich gehe am Slam Dunk auf England. Ja. Dort spielt Knocked Loose und dann 3 Tage später spielt es in Zürich. Nein, Vor Metallica. Nein. Ist das? Ah. Nein, sie spielen noch eine Solo-Show. Mit Stimmt, Death Heaven aber- als Support. Yeah. Hast du dein Ticket? Wir können Wo, Death wann? Heaven Moment, schauen. Death Heaven ist wieder Support von ihnen? Ja! was, wo, wann? Alle sind am Brüllen in dem Auto rein und ich nur so, ja! Wann, wo, Yes! wie? Am 28. Mai. Death Heaven ist so dope. Ich finde Death das Heaven Album ist so geil. Death geil. Heaven ist so sick. Im letzten Song, den wir geschrieben haben, City of Pillars, hat es einen Death Heaven Part. Ich Oh. habe gefunden, wieso nicht? Ja, ich kann eben den... Aber den von 28. Mai? Ja, schick mir. Also wir haben eben letztes Mal Death Hat es noch Heaven... Tickets? Keine Ahnung, ich habe mich schon... Aber mit wem? Wahrscheinlich schon. Mit wem? Mit Knocked Mit Loose. Naglus, okay. Und Death... Hast du die letzten 2 Minuten zugelassen, Alter? Ja. Er ist auch damit. ja. Aber ich Wirklich, bin fuck you. überlegt, eben der letzte Gig, wo ich irgendwie so Spite. mindblown war, ist einfach Peeling Fresh gewesen. Aha, ja, fair. Also, ist einfach Was gespielt? over the top, Peeling Fresh. Wann hast du gespielt? Kiff ist es gewesen, ja. Sick. Kiff. Ah, der Spite ist Und ist etwas einfach, der- ist der, weil halt, wenn du Musik machst halt und so, wenn du ans Konzert gehst, so wie nach 3-4 Songs schaltest du irgendwie ab oder so bei einer Band, teilweise. Aber Peeling Fresh ist so Anfang bis zum Schluss einfach Die voll abgeholt. voll abgeholt, wirklich in dem Moment und einfach so wie, einfach die ganze Zeit denken so wie, das ist fucking insane, Alter, what the fuck. Ist es vielleicht, weil die Band ist extrem? Band ist extrem, aber auch die Samples, die sie nehmen, der Humor, Sample Eben, Placement. Sie übertreiben Genau, nicht an. genau. Es ist einfach insane. Genau das, was wir vorher besprochen Genau. haben. Plötzlich kommt fucking Christmas Music und sie gehen in einen Slam Breakdown rein. Ja. Und Es ist wacky. ja, Und die Leute trauen Es sich ist nicht mehr insane. silly Shit zu machen. genau, es ist einfach so Alles muss ridiculous. nach dem Schema sein. Gitarrensound muss ein EVH 5150 sein, in ein Cab mit V30s, mit einem SM57 dran, vielleicht das zweite SM57 dran. Und Und vielleicht den sonst Tube ist Screamer nicht vergessen vor, oder? Ah, Tube Screamer natürlich davor. Alternativ darfst du einen Dual Rack verwenden für deinen Jo, aber das Gitarrensound. ist dann schon sehr. Ja, das ist dann schon nur für fast... Layering. Das ist, Nein, also nur schon, dass der Ja. Gitarrensound so Mhm. scientifically genau schon weiß, Ja, was voll, es ist, voll. zeigt einfach, wie langweilig Metal geworden ist. hast du eine Ahnung, was ich für einen Gitarrensound gebraucht habe? I don't give a fuck. Fair Play. Aber was ich glaube, Oh, ich weiß es nicht, nein, was hast du gebraucht? Nicht so, ich habe Orange genommen. was mir Geil. jetzt im Sinn gekommen ist, im Aber Fall, es funktioniert, weil es muss nicht tight sein. Ja, geil. das ist mir jetzt bei 2 Bands passiert, wo ich erst ein hoher Fan wurde, nachdem ich den Rob Scallon Video geschaut habe mit denen, wo Yeah. er von der Inside zeigt, wie fucking Pink ridiculous Flash das ist auch ist. gewesen, oder? Genau, Pink Fish bin ich. Knocked Loose. Und Ist das Thema auch ist, so. weil ich kann, wenn du die Bands nicht kennst, du denkst vielleicht so wie, sie nehmen sich mega ernst oder what the fuck. Und Ja. dann kommst du rein so wie, und hast Lyrics. So wie, ja, das ist einfach, jeder Song ist einfach eine andere Art zum erzählen, wie jemand boxen würdest.
Also, okay, sick. Und Es nachher, ist, es ist wie die Irish und ihre Folksongs. Unter dem Strich ist so, und was kannst du mir sagen? Guinness und Boxen. Fuck the British. Unter dem Strich. und bei Knocked genau gleich. Das ist auch Ja. Rob Scranton und er erzählt einfach so wie, ja, das ist einfach hässig, Alter. So, whatever. Und Knocked Loose, eine von den interessantesten Bands der Zeit für mich und für den Phil. Der Phil ist ein riesiger Fanboy von. Ja. Ja, so gehen wir Knocked Loose schauen in dem Fall. Ich wäre voll dabei, wenn es so Tickets hat, komm ich. Alright, ja, dann gehen wir. Ich würde das als Researcher freuen. Ja, danke. Das Krasse ist an ihnen auch, alle Leute in den Kommentaren sind so, ja, aber der Sänger. Alter, es ist Standout-Merkmal an Knocked Das Loose. ist eben... Ey, ohne den Sänger wäre es so lame. Ja, genau. nichts Du wert. erkennst sofort, wer das ist. Ja. Und das kannst Ja, du aber nicht... das ist ein hässiger es Mickey Mouse. tönt- Fuck you. Und das Ja, kannst- eben. und das kannst- Eben, es ist ein hässiger Mickey Mouse. Und das kannst du von so wenigen Sängern sagen. es hat, glaube ich, Ja. noch Tickets. Sick, Alright, okay, geil. dann check ich es nachher ab. Das, Aber ja, er tönt wirklich insane hässig. es ist einfach... Ja, er ist pissed off. Ja. Und er versucht nicht zu kompensieren mit, ich muss nach einem Death Metal-Sänger tönen. Ein Fehler, den ich die ganze Zeit probiert habe, bis ich herausgefunden habe, ich kann es nicht. Ja. Anywho. Es ist einfach primitiv. Ja. Mhm. Und es ist visceral. Ja, genau. Ja. Es ist einfach, aus dem Herzen ist er pissed. Es ist so. Und Metalheads sind oft, also vor allem, ich finde Hardcore ist viel hässiger als Metal. ja. Ich weiß nicht, wieso das Metal so viel Biss verloren hat. Ich glaube, es ist einfach das Primitive einfach... Metalcore. Ja, Ja. ja, aber das ist, weil Metalcore-Bands derzeit machen nicht Metal und Hardcore, Nein. sie hören Metalcore-Bands Ja. und hören nichts, was vorher gekommen ist. Nein. Es ist fucking gefiltert. Darum die neuen Metalcore-Bands, so wie Akudama oder so, die tönen wieder so ein bisschen hässiger und weniger Dings. Geil. Aber dann ist eben auch der Moment gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ja, Bruder, wir sind alt. Weil wir haben ja mit Akudama gespielt und dann sind sie da gestanden und hat so ein Hand of Blood. Nein, oder das Poison-Shirt von Bullet von Valentine angehabt. Poison ist das erste Album gewesen. Yeah. Ja, nicht. Das Poison-Shirt von Bullet von Valentine. Und ich so, geil, die finden Bullet von Valentine geil. Und ich so, oh, der hat das Poison-Shirt wahrscheinlich so an, wie ich mein Slayer-Shirt mit 20. Weißt du, was Aber ja, easy. weißt, was Aber glaube eben, ich... ich habe gerade vorhin, Ja, sag schnell mal. kurz, eben der Ding, der Sänger von Knocked Loose, er erinnert mich an, also jetzt nicht vom Dings her, aber von der Intensity ist es ähnlich wie Slayer. Ich bin bei dir. Mhm. Also, Weil oder Slayer- Rage Against the Machine. Yes. Der fucking Zack de la Rocca ist so hässig. Yes. Und die Leute tun es einfach abstempeln als Rap-Metal, Ja. ohne dass sie versuchen, dann nur die politischen Implikationen zu verstehen, die der Mann Oh mein durchgemacht Gott, hat. ich kann jetzt eine Frage, endlich kann ich die Ja. Frage beim Stellen. Slayer, Sabbath oder Rage Against the Machine, welches ist die heaviest Band von diesen drei? Slayer, Sabbath oder Rage? Ja. Also musikalisch Slayer. Ja. Inhaltlich Rage. Ja. No contest. Ja. Black Sabbath. Ja, ein bisschen zu viel. Die Drugs in I lost my mind. Ja, aber sie sind halt die Ersten gewesen. Ja. Es ist schon noch... Ja, sie sind die Ersten gewesen, aber es macht sie nicht zu den Besten, meiner Meinung nach. Nein, ich kann nicht, aber ich finde... Ja, nein, in meinem Kopf. Ja, ja, ja. In meinem Kopf. Aber es ist einfach so, ich habe mich immer mal Ich gefragt, finde sie, wie ich find sie haben heavy, alle- ja, und ich bin sie auch zweimal schauen, dope gewesen, aber ich finde, rein inhaltlich resoniert Rage bei mir viel, viel Oh mein mehr. Gott, ja. Und der Ozzy, ja, ist okay. Mhm. Ich habe nie gefunden, wow, Ozzy, so ein krasser Sänger, habe noch nie gedacht, und ich glaube, das denkt auch sonst niemand. Sabbath ist Sabbath, weil fucking Tony Iommi, Mhm. Ja. weil Geezer Butler. Ja. Ja. I don't know. Das hat was. Nein, aber eben, ja, ich gehe mit dir eigentlich schon ein, weil Rage Against the Machine, auch, aber dort ist auch das Instrument und alles. Ja. Also, auch die Musik ist heavy. Es ist zwar nicht... Das Ding ist halt einfach, Es ist- sie tönen halt verglichen mit modernen Bands, tönen sie mega unterproduziert. Sie tönen nicht laut, sie tönen nicht bombastisch. Also vor allem, wenn sie jetzt irgendwie, der beste Vergleich zu Rage Against the Machine ist Straight from the Path, glaube ich. Ja, voll. Musikalisch. Ja... Sie haben einen Pissed-Off-Sänger, der nicht wirklich schreit, aber er schreit. Mhm. Und sie haben relativ simple Songstrukturen mit simplen Riffs. Und sehr, sehr politische Inhalte. Mhm. Aber sie tönen viel, viel grösser, weil moderne Produktion lässt viel mehr zu. Aber ich finde eben, die hohen Rage Against the Machine Mixes tönen immer noch... Sie tönen immer noch super. So Aber sind für sie- den modernen Zuhörer ist es halt schwieriger, Ja. mit dem
connecten. Eventuell liegt es wirklich einfach daran, dass ich nicht nur moderne Musik höre. Ja, Mhm. absolut. Weil ich habe das Gefühl, das Zeug druckt immer noch Nein, eben, es sind super Mixes, aber sie tönen erst dann wirklich bombastisch, wenn du sie laut machst. Oder wenn sie, Ja, nachher, fair. wenn sie nachher live spielen, dann merkst du so, Zum oh Beispiel. shit, da ist ja auch heavy. Ja, absolut. Hör auf, du Aber hast es ja wieder. das Ding ist halt einfach, sie sind viel weniger komprimiert, aber der Mischer, der die gemischt hat halt genau das gleiche Zeug gemischt wie fucking Nevermind und Linkin Park und Avenged Sevenfold und es ist alles der gleiche Mischer. Ja. Und man hört das, aber es ist von der Komposition her ist es halt schon von Anfang an viel simpler. Es kann gar nicht gleich fest laut werden. Nein, ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, mit dass die Reihenfolge am Greenfield Band Contest ein bisschen schlecht war für die zweite Band. Aha, ja, fair, weil Chevrolet so hart ist, ja. Wie hat es schon wieder geheißen? Too Silent. Oder? Too Silent hat so, macht auch so ein bisschen Metal, Yeah. Aber Poppiger jetzt- Metalcore. ein bisschen poppiger Metal. Alternative Metalcore. Cool. Ist wirklich ein Ja. geiler Sound, aber das Problem ist, vorher hat Chevrolet gespielt. Ja, Chevrolet Severed, sorry. Ja. Oh, das hat einfach ballert wie Sau. Dort hast du halt einfach so viel rein von der Anzahl. Yeah. Rein von der Anzahl Noten, die dir entgegengeschleudert worden sind, kannst du gar nicht mitheben mit dem. Wenn du nachher einen Metal machst und es kommt einfach nur so halb so viel Luft entgegen, wirkt es halt Ja. einfach schon viel weniger heavy. Ja. Das ist aber, glaube ich, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast mit Stray from the Path and Rage. Ja, ich meine, nur schon die moderne Produktion lässt einfach so viel mehr Sachen zu, die in den 90ern noch nicht gehabt hast. Sie sind nicht erst in der Anfang von digitaler Produktion. Sie haben dort fix auch noch auf Tape aufgenommen und so. Es ist vor allem live aufgenommen worden, das erste Album. Ja, man hört es. Das ist crazy. Es ist nicht so, dass es schlecht tönt oder Nein, es so, ist sondern es ist brutal. einfach, sie haben Sachen gemacht, die viel mehr Raum haben. Im Gegensatz zu modernen Produktionen. Ja, voll. Also das Drum, das du dort aufgenommen hast, tönt nie gleich fett. Aber Dings, also ich weiß nicht, ob das finde ich aber mein... irgendwie geil. Ich habe so einen mentalen Bridge zum Meme von wegen Children crave to the minds. Ja. Das ist- Hey, ich muss noch kurz Ding abchecken, Ja. mein Auto noch. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. und ich glaube darum, dass alle Produktionen, moderne Produktionen halt alle so sterile tönen, oder? Alle Children eigentlich, oder? Die sehen nicht nach das Rohe. Das ist Yearn for the Minds. Yearn for the Minds. Ja, Ja. ich lieb's. Ich Und lieb's. deswegen ist Harga so mega groß und Noctlus auch so, oder? Wie ist halt, ja, es tönt alles so halt nach Spiritbox irgendwie. Ja, und ich glaube, vieles ist dort halt einfach, dass ganz viele Bands sich die gleichen Produzenten aussuchen. Ja. Oder die Labels ihnen sagen, können sie den Prozess. I don't know, ich weiß nicht, was da der Prozess ist. Aber zum Beispiel, ich verstehe nicht, wieso Parkway Drive gefunden hat, ja voll, wir gehen jetzt mit dem Jordan Fish zusammenarbeiten. Why? Also weißt du, nicht, dass der Jordan Fish Ja. schlecht ist oder Parkway Drive schlecht sind. Der Ich Jordan verstehe die Kombination nicht. Nein, das stimmt. Der Jordan Fish mit Architect ist fucking bombastisch. Nicht mal das habe ich geil gefunden. Ich find's great. Ich habe die Architects-Alben geiler gefunden, bevor dass er sich angefangen hat einmischen. Ich finde das aber schon noch cool, aber es ist schon poppiger, also definitiv radiotauglich. Also du merkst halt einfach, dass du merkst, wie viel das der Jordan Fish bei Bring Me The Horizon reingebracht hat, wenn du jetzt Absolut. alles andere hörst, was der Jordan Fish produziert hat. Ja, genau. Man sieht halt einfach, wie viel das er mitgebracht hat. Und das, was er bei Bring Me The Horizon gemacht hat, habe ich super gefunden. Weil es hat dort, es ist eine offensichtliche positive Evolution gewesen, die die Band dann durchgemacht hat. Und seit er nicht mehr in der Band ist und mit anderen Bands zusammenarbeitet, hörst du halt einfach, wie fest, dass er sein Zeug halt so macht, wie er es macht. Und die anderen Bands wollen genau das. ja. Was ich verstehe, wenn man Spiritbox ist oder wenn man eine Band ist, die sowieso schon in diesem poppigeren Gent unterwegs ist. Aber wenn man Metalcore macht, à la Parkway Drive oder keine fucking... Dies I don't get, das macht... Das verstehe ich nicht. Ich finde das neue Lied von... Also ich weiß nicht, ob das immer noch... Wann ist das rausgekommen? Keine Ahnung, vor irgendwann letztes Jahr Ah, ist es vor rausgekommen. dieser Tour, ja. Ist das Lied rausgekommen von ihnen und ich habe nicht gewusst, wer der Produzent ist. Ich so, das tönt nach Jordan Fish und Zach Servini. Ich höre es mittlerweile auch. Und dann bin ich in den Credits anschauen und es sind beide involviert gewesen. Ich bin letztes Jahr im Auto gefahren und habe das Gefühl gehabt, hey, ist das der Jordan Fish, was produziert hat? Und dann ist so, oh my God, ja, it is. Und Props an ihn. Also weißt du, so, holy fuck, dass man hört, wenn du mit einer fremden Band zusammen schaffst. Amazing. Band, wieso? Ja. Können wir mit jemandem zusammenarbeiten, der euch rausholt? Ja gut, ich glaube, das ist auch das Thema, dass die machen halt sehr attraktive Mixes für jemanden, der vielleicht nicht Metal an sich selber lost, oder? Sondern Ja, ist so wie absolut. der- Aber das machen andere auch. Ja, genau. Ich glaube, Also weißt du, so, wieso geht Parkway Drive nicht zu einem Will Putney?
Ja, voll. Ja, bei Parkway Drive verstehe ich es wirklich nicht. Bei der Poppy macht es absolut Sinn. Absolut. Ja. Poppy hat sowieso schon die ganze Zeit so Musik gemacht. Genau, Architects macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ob jetzt Songs geil rausgekommen sind, ist wie so... Ja, das Ding ist halt, ich bin halt bei Architects reingekommen mit Lost Forever, Lost Together. Ja, das ist und die 3 Alben danach, also das Album und die 2 folgenden Alben, habe ich verdammt geil gefunden. Alles danach habe ich habe es zweimal versucht zu hören. Und beide Mal bin ich davon gelaufen mit ich habe keinen Bock mehr. Und nicht, weil es qualitativ schlechte Musik ist, sondern nichts von dem fühlt sich so gefährlich an, wie sie vorher getönt haben. Das stimmt aber. Danger Factor. Das muss ich sagen. Das stimmt. Weil sie haben so viscerally pissed off getönt. Der Sam ist hässig gewesen. Das und fehlt. er tönt nicht mehr hässig. Das stimmt. Er tönt, als wäre er happy. Und das ist nicht das Architekt, was ich hören will. Das ist super für ihn. Ja, schön für ihn. Top für ihn. Aber wenn das, was dich am hässigsten macht, ist, dass die Bands hässigere Musik von dir wollen und jetzt musst du Seeing Red schreiben, dann geht es jetzt gut. Ich finde das aber trotzdem fucking funny. Ich finde den Song nicht geil. Nein, aber ich find einfach die Aktion funny. Ich finde sie petty. Ja, logisch. Architects haben einen Song geschrieben, der Seeing Red heißt. Ja. Und dann sind die Lyrics im Song irgendwie You're only happy for seeing red. Im Sinne von, die Fans sind mega pissed, dass sie kommerziellere Musik machen. Und er hat dann einen Song drüber geschrieben, so, hey, okay, da ein heavy Song für euch, fickt euch. Ja. Und ich denke dann einfach so, Alter, hast du die Welt mal angeschaut? Es gibt so viele hässige Themen, die du könntest aufgreifen. Und ihr habt es gemacht. Ihr habt es vorher gemacht mit All Our Gods Have Abandoned Us, mit der Thematik. Ich verstehe sie eben auch vollkommen, wenn sie keinen Bock mehr haben auf das. Ja. Weil ich aber ich habe gleichzeitig auch mega genug von Butterflies. Ja, gut. Also, miss me with that. Ja, fair. Wenn ich Pop hören will, höre ich Pop. Ja. Fair enough. Und ich höre, bei mir ist es sowieso gerade sehr zwiespältig. Ich bin entweder am extremen Metal oder Hardcore am hören oder fucking J-Pop. Ja. Und es ist so, ey, wenn ich Pop will, dann will ich wirklich Pop. Was bist du so Hardcore am hören? Ey, Knocked Loose ist bei mir einfach sehr hoch auf der Liste. Was bin ich so schnell am hören? Viel japanischer Shit, wo einfach irgendwie reingestreut wird. Wo ich hure fun finde, weil sie machen halt einfach weirdes Zeug. Die haben schon immer nie einen Fick drauf gegeben auf Rules oder Unheard Rules und so. Ja, voll. Ja. Speed habe ich hure gefühlt. Speed, ich meine, du denkst Maximum die Hormone zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Insane. Ja, und voll. das Und das ist fucking Mainstream in Japan. Ich meine, die haben die Death Note Intros, Outros gemacht. Yeah. So. Halt die ganze Anime-Metal. Ja, es ist halt einfach sehr Mainstream in Japan. Dass dort darfst du halt für zerte Gitarre verwenden und es ist okay. Ja, voll. Aber ja, Speed ist geil. Speed ist fun. Whispers ist close. Kann ich nicht. Sind von Bangkok. Sick. Ja, insane. Die gehen oft mit Speed auf Tour. Ah, okay. Also welches ist die koreanische Hardcore-Band, die ich dir gesagt habe, wir mit ihnen zusammenspielen in Korea? Das ist ein TikTok. Ja, aber die ist brutal sick, Alter. Ja, aber Wie heisst jetzt? Ich weiß nicht. Marik. Du hast schon mal ein Video geschrieben, aber ich habe nie gelesen. Ja, ihr Instagram-Profil ist eben auch nicht wirklich ein Bandprofil, es ist absolut insane. Es ist hilarious. Habe ich die Mini-Metal-Hardcore? Ja, finden wir schon raus. Sick. Was auch nicht. Oh ja. Tipptopp. Was sind wir noch geblieben? Ja, keine Ahnung, ich glaube... Wie haben die ihr? Wir sind jetzt auch schon über 3,5 Stunden am Aufnehmen. Yes. Ja, fair. Ja. Also von mir aus, wenn es jetzt niemand stört, wenn jetzt keiner von euch etwas dagegen kann, kann Absolut man sagen... nicht. Alles gut. Das ist Part 1 mit Mahmoud. Oh mein Gott! Hey, ich habe das Gefühl, man sollte mal wirklich die absolute Runde of Doom machen. Mit Nightmare Blunt Rotation. Nightmare Blunt Rotation, yes, exakt. Ja, wir haben schon mit dem Lucky vor, 24-Stunden-Podcast machen. Das machen wir gescheiter nicht, Alter. Nein, wirklich nicht. Aber mit dieser Runde können wir fix 6 Stunden machen. Oder Samstag am Nami oder so. Ja. Alright. Also, Das ist geil. das war gut gewesen. Merci für was auch nicht vorbei sein, Jungs. Aber Ja, sonst, das machen wir fix nochmal mit ihm. Gibt es bald etwas Neues für Atropos oder City of Pillars? Wo könntest du ankündigen? Ja. Ich weiß noch nicht wann. Aber wir sind mit City of Pillars sind wir gerade an einer EP dran. Arbeitsname jetzt gerade ist The Japan EP, weil wir sind zusammen in Japan gewesen. Schon zweimal jetzt und haben Thematiken von dort mega interessant gefunden.
und schreiben eigentlich über unsere Erfahrungen oder über Sachen, die wir in Japan gesehen haben. Mhm. Eine ganze EP. Mhm. Und wir sind jetzt dort am Ende fast. Ja. Wir haben jetzt dort 5, 6 Songs, die Mhm. wir parat haben und sind super happy. Wir sind jetzt noch die Vocals am fertig geschrieben und dann geht es in die Drum-Recording-Phase und dann sind wir hoffentlich fertig. Und Zero of Heroes hast du gesagt, haben die vor, langsam live anzuspielen? Haben die schon Ja. eine Band? Genau, falls irgendjemand eine Band braucht, die Metal, aber nicht Metal macht und silly ist, Mhm. hit us up. Wir sind happy zum irgendwo zu spielen. Ja. Genau. Wir haben jetzt dort eine Konstellation besteht jetzt zwischen mir und dem Phil und dem Alyosha, a.k.a. also the drummer of Atropas. Ja, ja. Er ist jetzt dort sich auch sehr aktiv am reinbringen und wahrscheinlich würde auch der Buri live bei uns mitspielen. Ja. Und wir sind jetzt dort dran, wir sind jetzt alles am Aufbauen und wir sind am Proben und wir sind am Üben. Geil. Und wer uns buchen will, please hit us up. Wir sind Alright. gerne dabei. Wir sind die einfachste Opener-Band, die ihr könnt haben. Sehr gut. Dort sind wir dran und mit Atropas, der Buri ist jetzt ja auch noch bei Chevret dabei und ist jetzt dort gerade sehr busy. Darum, jetzt muss er zuerst mal dort sein Zeug unter einen Hut bringen und dann werden wir dort auch ein paar Songs releasen, wo wir auch schon in den Startlöchern haben. Yes. Es ist jetzt gerade eine sehr busy Zeit, Läuft. aber wir sind dran. Cool. Genau. Cool. Yeah, Bin gespannt. ich auch. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir haben, glaube ich, die letzten 1,5 Stunden keinen einzigen Clip drin gehabt. Das ist nicht gut. Aber jetzt sind wir Amazing. Hä? zum sie auf Bilder buchen. Fair? Ja. Fair? Ja, das ist Ja, korrekt. mach gut. Merci vielmals, bist da gekommen. Hey, danke Ja, vielmals danke vielmals, sehr für leid die Einladung. Und das ist nicht Mega das lieb. letzte, das ist Müssen nicht wir das wirklich letzte nochmal Mal. machen, weil ich habe Ja, mega glaub, gern. noch nie so schnell 3 Stunden 27 Das ist insane. Am Montag. Immer gesetzt. Am Montag. Das ist crazy. Dienstag. Ja. Alright. Ciao zusammen. Schöne. Ricky, hast du eigentlich wirklich Crocs angehabt die ganze Zeit? Ja. Ja. Top. Guillotine halt.